Schmecken wir sind US 25. Persönlich herzlich willkommen auf eurem Seminar zu Migrings und Gemengen und Spiel. Wir sind immens froh, dass so viele Leute heute zusammengekommen sind. Das ist alles quasi voll. Auch in der Mitte sieht der Banner alle heute, das ist wirklich immens flott. Mein Name ist Claire Wolf. Ich habe Movement Ökologie, ich bin zuständig für Biodiversität und dann noch natürlich Umwelt, auch am urbanen Raum. Genau, wir sind eine immens vielfältige Gruppe heute, sind wirklich ganz viele Leute von Planungsbüros heute, von Architekten, Urbanisten, Leute aus dem Naturschutz, ganz viele Leute von den Gemengen, weil das fehlt, dass man wirklich zu dem Thema, wo das dann alles zusammen könnt, dann auch Leute aus dem Bereich auch rekrutieren können. Du bist frei bei so einem Austausch, dann auch an den Pausen und auch bei den Workshops damit. Das sind, ich werde auch einmal kurz auf Deutsch, weil einer unserer Referenten hier vor Ort ist auf Deutsch, auch ihm Hallo sagen. Was auch, Sie werden ihn später hören und wir werden online zugeschaltet 2 Referenten aus Zürich haben. Genau, wir führen auf Lützeburg weiter. Das heißt, die Veranstaltung, die wir heute haben, also auch vom Umweltministerium unterstützen. Wir können das auch in den Herr Spielmüsse, damit ihr könnt, ihr werdet 4 Programme mit in einen kleinen Ursprung haben. Das ist eben im Themenbereich steht vom Movement Ökologie, auch noch zusammen vom Ökozentrum Pafendal schon seit ganz langen Jahren, wo wir daran arbeiten. Teilweise war ich just ganz kurz Themenbereiche, wo wir an den letzten 5-6 Jahren gemacht haben, die Broschüren noch dabei sind. Die sieht grenzt an den Städten und Dörfern aus, groß Dulleis von uns. Wir haben Umfragen bei politischen Akteuren gemacht. Wir haben insgesamt eine Broschüre zu Wattestadt, was sind die verschiedenen Aspekte dazu, veröffentlicht. Und damit sieht der Kampagne macht Platz, ihr fand das auch alles auf unserer Homepage. Das waren ganz viele kleine Filme von Plätzen, die stark versichert sind, wo man visualisiert, was kann ich machen, wenn ich umgestaltet, noch mehr Grings, auch für die Lebensqualität, für Plätze zu schaffen. Die sind immer verfügbar und auch immer aktuell. Könnt ihr euch gerne ein KU gucken. Wir haben noch schon ganz viele Veranstaltungen zu dem Thema gemacht. Das war während Covid, im Jahr 2021, war ein ganz vielfältiges Webinar zu Fassadebegrünung, zu Stadtplänen, zu BEM am Siedlungsraum mit ausländischen Experten und Expertinnen, die auch nach all verfügbar sind, von Donnerien oder die wurden auch nur nach Göllen. Die Gesicht, wir sind ganz aktiv. Etwas, wo vielleicht auch viele von den Leuten von heute Balle waren, war für 2 Jahre auch ein großes Seminar zu eben BEM auf den öffentlichen Plätzen, am Siedlungsraum, auf den Straßen. Vielleicht kann er den tolle Strecken, den da war, just dort eine Idee kriegen. Ja, bon. Das waren einfach die Leute, genau, da hatten wir auch schon am Tramshop eine halbtägige Veranstaltung mit Herrn Thomas Roth aus Österreich, dem also auch viel über Schwammstadt, dem Prinzip erzählt wird. Und das ja aber ab ist dadurch schon viel mehr Bewusstsein, wo darüber gestaltet wird, wo wir wollen auch stehen, umstößen, also eine Trulle kriegen, für das dann auch umgesetzt kann gehen. Und zum Beispiel auch vielleicht als kleine Motivation für Haut, was heute vielleicht noch herauskommen, also auf jeden Fall das aus dem Straßenbahnseminar, du hast zum Beispiel eben Leutfaden eben für sie am Straßenraum Wasser umzukriegen, für den Viergaben zu gehen, den also gerade am Gang vom Umweltministerium ausgeschafft zu gehen. Weitere Aktionen, das ist mir schon viel zum Schottergart angesagt. Das aber viel Gemeinde selber schon überholt wurden, dass du Subsidien anbieten, dass Leute die können selber umwandeln. Eben, das eine Aktion gegen Klima, auf der Hitzung, gegen Hitzeinseln investiert, und aber natürlich auch für Biodiversität zu fördern, da den du mit Natur und Pflanzen möchtest. Dann auch Baumpatenschaften am öffentlichen Raum, das ist auch, das für mir auch viel betrieben, an dem es mal Briefmodelle zur Verfügung gestatten, dass Leute Gemengen können schreiben, respektive Gemengen auch in Urreiz kriegen, weil sie da können die Leute anbieten und was auch an verschiedene Gemengen schon überholt gehen.
Da kommt aber nur auf das Seminar von Hautschätzen. Für was wollen wir über eine Geringplanung, über eine integrierte Geringplanung schwätzen? Das ist, weil das für eine klare Veränderung zum Klima sind, kann ich nämlich aufschreiben, mir gehen an der Stadt, wie man es warm, letzten Sommer, im Juli zum Beispiel, hat man 38 Grad an der Stadt Lützeburg, das spielt den einfach, zumindest auf den Plätzen, die stark versiegelt sind. Dann haben wir neben der Klimakrise, haben wir Biodiversitätskrise. Das ist hier schon Oberland, am stärksten, an aber auch an der Stadt, was verbaut wird, natürlich Plätze, gebungerten Gürtel rundherum steht, wird verbaut. Da haben wir ganz viele Arten, die auch an der Stadt verschwonnen, schon heute Schmubbel aufgebildet, einfach weil die auch der moderne Bauweise nicht mehr eins geht. Und da sind Städte einerseits, aber auch ein Rückzugsraum wie für verschiedene Arten, die zum Beispiel Bausen nämlich hier kommen, die aber vielleicht sogar an der Stadt, falls adäquat Lebensraum geschaffen werden, noch du können überleben. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich Lebensqualität, Doppelhaltsqualität von der Stadt und natürlich ein Impact auch von fehlenden Grünflächen auf Gesundheit. Du hast noch einmal ein Jahr, das gewiesen hat, wenn wir Grünflächen Platz sind, dass das den positiven Effekt auf die mentale Gesundheit hat. Und das ist natürlich auch ein Thema für soziale Gerechtigkeit, auch am Kader vom Klimawandel, dass das Jüpferin gleichen Zugang zu Grünflächen, zu erfrischenden Plätzen hat, wenn es in Zukunft auch mehr warm wird. Die Lösung liegt eben ganz viel auf den Grünflächen, auf dem Design, wie als Stadt, wie als Wirtschaften durchgerenkt sind, weil du zu einer Verringerung von Temperaturen kann führen. Wir können Lebensräume schaffen für Arten und wir können flott Platz schaffen für uns alle. Das heißt, es sind ganz viele verschiedene Aufforderungen um die Grünflächen durch. Das heißt, von allen Seiten sollen wir irgendetwas für uns lesen. Das ist mittlerweile wirklich klar, dass die Durchgeringung von der Stadt wird, dass das kein Luxus mehr ist. Das ist nicht just Ästhetik, sondern das ist wirklich ein Must. Und du geht es doch mittlerweile, das unerkannt, wir haben in Lützeburg verschiedene Vorgaben an Instrumente, die eben die Grünflächen besonders Aufforderungen unterstellen. Die sind von der Referentin halt vorgestellt, dass am Klimapark, am Naturpark, an der Klimaanpassungsstrategie, auch am Naturschutzgesetz gibt es verschiedene Vorgaben. Du gehst nicht im Detail drauf an, wenn man das vorgestellt kriegt. Mit der T statt aber auch durch die Aufforderung Grünflächen Herausforderungen für die Gemeinden durchstehen. Wie kriegen wir das hin? Wie können wir das umsetzen dann? Und das will wir heute gemeinsam beschäftigen. Wir können eben die verschiedenen Aspekte zusammenfließen an einer kohärenten Grünplanung. Und während die Visionen haben wir da, was kann ich sich da im Idealfall vorstellen? Was für flott und wie kann ich umgesetzt werden? Das heißt, heute Morgen sind wir mehr auf der Visionsseite. Einerseits gibt es natürlich die Kader, wie gesagt, eben mit der Naturpark der Klimaadaptationsstrategie. Und dann kriegen wir aber auch ganz viele Beispiele aus Lützeburg gewesen, was schon umgesetzt wird. Das dann durch die Sikona SIAS, die zusammen vorstellen, was schon bei Natur nur Verbringung gemacht wird. Und Stadt Lützeburg stellt das dafür, was sie schon alles an dem Kader machen. Um 10:30 ist dann Pause. Du willst doch darauf hinweisen, dass wir dabei sind, dann einen Stand tun von der Ökobik, vom Ökozentrum, wo da gerne an Bücher gucken, du hast Literatur, also Fachliteratur und aber auch einfach so schon mehr populäre Literatur zu dem Thema Geringung. Und dann den Aufschluss von dem Neuen wird dann Thomas Hauptmann Animal Aided Design, ein ganz spannendes Thema, bilden an Sarah Bischof von der Stadt Zürich, weil das zugeschaltet bin, für zu weisen, was sie für Flotte-Initiativen du an der Stadt schon gesagt haben. Genau, da konnte ich mit aber ein Key Facts vorstellen, ob die urbanen Mesure gehen. Und zwar insgesamt sind es 152 Maßnahmen an der ganzen Strategie, weil die auch über die letzten Jahre mit über 500 verschiedenen Leuten ausgeschafft werden, auch an nationalen Workshops. Ich meine, für Lützeburg ist das ziemlich viel Leute, weil natürlich auch heißt, dass viele Millionen angeflossen sind, weil auch von 30 Millionen noch stärker planen möchte. Ja, weil eben Anpassungsmaßnahmen sind, die wirklich gesellschaftlich übergreifend sind auch quasi alle Ministerien, Verwaltungen, ganz viele verschiedene Teile von der Gesellschaft betätigt. Das ist also definitiv kein Projekt, das just vom Umweltministerium zum Beispiel gedroht wird. Genau.
Was dann aber auch so vorschwört, ist, dass eben die 152 Maßnahmen, die es komplett verschieden sind. Das heißt, verschiedene sind zum Beispiel Teilstoffe von einem Gebiet, wo klein Stück gestaltet wird. Die gehen dann zum Beispiel gratis veröffentlicht, für Gemengen, für Büro d'études etc. Andere sind Subsidien sind nicht freiwillig, das heißt freiwillige Maßnahmen, die Gemengen oder Privatleute eben auch benutzen können. Andere sind aber auch Einschränkungen bei zum Beispiel Bauprojekten, die dann müssen respektiert werden. Ich ging nur gerne darauf antworten, dass also definitiv nicht so was, dass alle einzelnen Maßnahmen eine Mustersache ist. Das ist ein Endeffekt, eben bei auch den Ministerien zu den bestimmten Mesuren gehören. Mehr verschiedene sind aber schon. Das ist ein Panoplie von verschiedenen Ideen. Genau, ich meine auch, wie man Publikum vom Seminar von heute muss ich nicht ein darauf angehen, weil der Klimawandel entsteht ist. Er hat auch schon viel gestaltet. Ich mache trotzdem kurz. Die Menge sind wir von 3 Hauptproblemen. Das sind halt eigentlich wirklich die übergeordnete Starkregen-Events, dann Überschwemmungen entsteht. Dann haben wir natürlich die Hitzewelle, die wir schon geschwärzt haben. Mittlerweile haben wir wirklich alle Jahre für Politik. Das ist nicht normal, sollte nicht normal sein, aber ist es so. Und natürlich dann auch eben die Drischen und der Wassermangel, den wir dann entsteht haben, den also Natur schuld an Eis auf lange Zeit natürlich auch. Natürlich muss man so sagen, die Effekte sind nicht isoliert ob stiert, mehr eben am Stiert sind die Effekte einfach nicht schlimm. Das können von den versiegelten Flaschen, die kein Wasser speichern können vom Baumaterial, Hitzspeicher dann auch selber im Sommer und dann nicht aufgibt, auch für das Gesundheit wirklich jemand schlecht ist, wenn man von den aufkühlen können. Sind aber auch zum Beispiel Stadtbilder, wie in gesagt, die teilweise durchschnittlich leben sollte vor 15 bis 20 Jahren, was sie hat bis 10 Jahre packen. Genau. Genau, dann just kurz Anpassung an der Strategie und eben einen ganz großen Anteil, was mehr gering an Stier zu dienen, da die Alternative sind zu klassischer Infrastruktur, wie zum Beispiel durchlässige Parkgängen oder ein angepasstes Management von der Natur gestiert oder aber auch Beihilfe für innovative Begrenzungsprojekte. Da bin ich ob das Hauptkapitel an, wo man über die urbanen Reihen an der Strategie schwätzen. Das sind am Kapitel 4 und 5 von 7 Hauptmaßnahmen, die sich wirklich Schuss auf den urbanen Raum beziehen. Menge nur kann die an ungefähr 4 Kategorien abteilen. Das wären eigentlich Kommunikationsprojekte im Landesniveau. Ich würde als Beispiel zum Beispiel den europäischen 3 Milliarden WM-Platz geholt, der sich auch viel auf die Stier bezieht. Wo das Jahr nach Summe eine Kampagne wird gestartet, die auch vom Funk schon ausgeschaut hat, eben gerade man hier Leute zu sensibilisieren. Wie soll wichtig das Leben zu pflanzen, wen sie pflanzen, wie soll man lokal leben sollen wollen und wie du das Video aus. Da werden wir auch mit den Gemeinden Naturschutzindikator, Naturpark zusammen schaffen, auch für Beben und Leute zu bringen, dort auch das Video zu machen. Dann gibt es hier Projekt Abriff. Da haben wir zum Beispiel im Umweltministerium einen relativ guten Projektaufruf, auch seit ein paar Jahren, wir werden auch noch weitergehen. Den hier ist mehr gering, sondern es steht dann hier vor. Wir gehen zum Beispiel alle Jahr 12 Projekte mit bis zu 1,5 Million Euro ausgezeichnet. Das sind normalerweise Projekte, die für Gemeinden angerichtet gehen, mit Büro d'études, mit Architektenbüros, wo es geht, öffentliche Plätze, Spielplätze, Parkgängen, vor Raumquellen, Sensiblen zu begrenzen. Das ist auch in einem ausgeschafften Punktekatalog von uns bewährt, wenn man von da Wert auf den Impact vom Projekt legt. Das heißt, die ja schon ein bisschen so Pilotprojekte kreieren, die dann auch andere Gemeinden motivieren, ähnliche Sachen zu machen oder auch in der Gemeinde selber neue Projekte starten zu lassen. Dann haben wir noch die Kategorie von den Subsidien. Da gibt es zum Beispiel 2 Sorten Subsidien, da haben wir ausgeschafft, den EW für Entsiedlungen, Schottergeld umzuwandeln, der auch gerade schon viel gestaltet wird. Auch am Fonds ist Subsidien für Kringwirtschaft oder Kringmauern. Ich meine, so Projekte gibt es auch schon für verschiedene Gemeinden, weil es auch immer gut ist. Wir müssen das zum Beispiel nationalisieren oder vom Allbierger am ganzen Land Achse darüber. Gemeinden gehen auch vielleicht über den Last von den Subsidien. Das ist auch ein bisschen Möglichkeit für uns am Fonds, Konditionen und die Subsidien zu eingewählt, zum Beispiel angepasste Pflanzen, die eben, ob die lokalen Gegebenheiten angepasst sind, das gibt auch so ein bisschen mehr Hand für die Diversität von zu erheben mit der Sorte Subsidien. Zum Schluss hat man noch Kartografien und Leitfäden.
die dann auch ausgeschafft werden, die gehen zum Beispiel über den Siedlung oder wie auch schon vorgestellt, die Wort BEM steht. Ja, daneben noch nach dem Fond Kartografien sind auch an der Entwicklung, wo man zum Beispiel, da wird ganz lange an der Gemeinde gucken, wo ist halt der meisten Hitzedruck, wo könnte man mit geringer Infrastruktur hier am Fond am meisten erreichen. Das ist so für die 4 Kategorien, die man da hätte. Da muss ich aber auch noch dazu sagen, dass man auch an anderen Kapiteln nach Methoden, nach Maßnahmen haben, die eben auch den urbanen Raum betreffen, aber oft nicht exklusiv. Das wird zum Beispiel im Kapitel Wasser, geht es auch die ganze Punkt über das Schirmstadtprinzip, wo man auch landesweit schon Pilotprojekte am Gang sind, mal fördern, weil auch in direkten Lernen natürlich mit der Natur an der Stadt wird. Dann haben wir im Kapitel Soziales, vor allem auch jetzt von nur qualitativ hochwertiger Natur, eben als Raum für zu entspannen, für sich zu begegnen. Du hast zum Beispiel auch jetzt von dieser 3-300-Regel, die auch explizit erwähnt wird, dass wir eben am Urban Planning Prozess mehr auf das Wert legen. Und im Moment ist das zum Beispiel prinzipiell mit Kommunikation und Awareness gemacht, aber das kann aber gut sein, dass dann nicht länger Anpassungen auch mehr mandatory wird. Genau, dann hat man auch im Kapitel Landesplanung zum Beispiel die Erstellung von einer landesweit adaptiver bioklimatischer Karte. Da wird dafür ganz Landumfang so eine Karte ausgeschafft, wo Gemeinden hier ein neues PHP, natürlich ein neu entwickeltes Bauprojekt, können digital uploaden und von Gesiewerten, was das dafür einen Impact hat auf lokale Mikroklima, wenn dem Hitzestau geht oder zum Beispiel Luftzirkulation. Und davon erwarten wir dann noch eine bessere Planungsentscheidung, die auch ein bisschen mehr auf lokale Mikroklima aufpassen. Letztes Beispiel wird zum Beispiel ein Kapitel Bauen, hätte man das neue Bauprojekt zum Beispiel mit einem Vegetationsplan kommen müssen, wo dann zum Beispiel 10% von der Gesamtfläche vom Projekt qualitativ hochwertige Natur sein muss. Und da wird zum Beispiel viel geschrieben. Genau. Dann als mein letztes Slide ging ich gerne darauf eingehen, dass eben Anpassungen und Auswirkungen im Klimawandel wirklich gesellschaftsübergreifend sind. Das wirklich schon mal angebunden auf Regierungen als NGOs, Firmen oder Privatleute. Aber am Endeffekt sind aber auch vor allem Gemeinden, die hier als wichtigste Partner sind, weil eben am Fond alle Maßnahmen auf einem Gemengenterrain geschieht im Endeffekt. Und beginne ich noch gerne den Übergang zu der nächsten Rednerin, Valerie Spaus von der Klimaagenz. Weil das ein Naturpark vorstellen wird, weil ein immens wichtiges Instrument das eben auch für das Ministerium, um Gemengenterrain, auch Gemengen Naturschutz unterstützen zu können. Genau. Merci. Merci, Nina. Wir hatten Zeit für einen Verständnisfroh, falls du direkt abspielst, das können wir sie aber auch bis mich spät bündeln. Wenn sie gibt. Okay. Also ist den Timing von der Umsetzung. Den Timing von der Umsetzung für Klimaadaptationsstrategie. Ja. Das ist natürlich schon mal schwer zu sagen, weil eben am Anfang eine ganze Panoplie von Ministerien, die mal angebunden sind. Wir haben verschiedene Mesuren, Guillaume schon durchgesagt, als Beispiel der Naturpark, also auch an einem anderen Kapitel am Anfang eine Mesur, die 4 können, weil doch schon ein sich das ein bisschen schwer, das insgesamt zu sagen. Der Plan und Theorie lebt, diese von 25 bis 35, alle 5 Jahre angepasst. Da sind natürlich noch Maßnahmen dabei, die nur noch gut nicht stattfinden, die dadurch entwickelt, die andere laufen schon. Idealerweise ist aber alle Mesuren von den 152 über die nächsten 10 Jahre an den Effekt. Das kann so schwer so, die sind jetzt eben schon ausgeschafft. Genau, da gebe ich, die Milan hat Valerie Spaus schon angelegt, da gebe ich dir nur das Mikro geben. Genau, sie stellt als Mesuren am urbanen Raum vom Naturpark. Genau, also ich meine, ich muss mir mit den Landungen suchen, die Steuerschaffen auf der Klimaagenz. Und genau, stelle ich ein bisschen die Initiativen und auch die Bilder von den Gemeinden, das ist die Bilder vom nationalen Level, auf dem regionalen, respektive lokalen Level am Naturpakt und auch die verschiedenen Maßnahmen, die dazu gelingt sind, ohne zu viel an Detail zu gehen, weil das könnte noch mehr präsentieren. Genau. Ein kurz für, ich denke, die meisten von euch hatte schon mehr oder man auch schon am Naturpark zu tun.
Für die vielleicht noch nicht so der Fall ist, ist auch die Strategie, die noch gerade vom Ministerium vorgestellt ging, sind alle darauf verlinkt, dass sie noch andere Pläne und Strategien wie der Nationale Naturschutzplan, PNPN, wie auch Wasserbewirtschaftungsplan, die an den verschiedenen Kapiteln ganz konkret dran integriert sind. Einen kurzen Cover zu setzen zum Naturpark selber. Aktuell sind 94 Gemeinden engagiert, offiziell, das sind dann noch 94% von den Gemeinden, aber auch schon 83 Gemeinden sind zertifiziert. Das heißt, sie haben schon ein Level erreicht von der Basiszertifikation, das sind im Minimum von 40%. Mit diesem noch einen Balken längs der Präsentation, dass den Trend auch schon all Jahr immer mehr nach oben geht. Das heißt, dass schon ganz viele Gemeinden, die auch schon die 50% mittlerweile auch 70% erreicht haben. Und auch aktuell laufen noch viele Auditen, natürlich ab Moment fertig Statistik dann auch schon anders ausgesehen. Ein ganz kurz mit konkret am Katalog, den aus angedeelt 6 verschiedene Kapitel, das ist der Age of Main allgemein, dann der Siedlungsraum, an dem es auch heute mehr geht, Umwelt, Wasser, Bösch und dann Kooperation und Kommunikation, also auch Sensibilisierung von den Bürgern zum Beispiel. Genau, heute können wir sagen, ein bisschen den Siedlungsraum mehr konkret um. Hier ist aktuell eine bisschen Statistik, das von diesem Monat aktuellen Stand, wo gesagt hat, Gemeinden, das mit dem nationalen Level Moyen schon bei 57% leiden, das ist, wie gesagt, 100%, die noch nicht realistisch. Das ist da schon ein guter Bilanz, wo die Gemeinden aktuell stehen. Aber das natürlich auch noch Potenzial mit oben, das variiert aber auch immer ganz stark von Maßnahmen zu Maßnahmen. Und es fällt auch natürlich ein bisschen, ob das Oppeland oder Wasser noch ein bisschen wie schwierig Milieu sind. Weil du zumindest auch mal so in der Gemeinde noch jeweils ganz angeschränkt Möglichkeiten auch viel umzusetzen mit dem Tisch. Voilà. Ich gehe nur kurz mehr konkret ob die Initiativen für Durchkriegen an, die wirklich an der Naturpark relevant sind. Ich gehe nicht im Detail die Einzelmaßnahmen an, wie gesagt, das könnt ihr auch nominieren an der Präsentation. Aber ich wollte einfach ein paar Beispiele auflisten, wie zum Beispiel die naturnahe Gestaltung von den Grünflächen. Das ist ganz konkret mit Maßnahmen, die Gemeinden können umsetzen. Und sie auch schon zwei Beispiele, einen zu Weißwampisch, einen zu Konstanz an der Gemeinde. Und das gilt für Gemeindeflächen, wie aber auch für Privatflächen. Genau, von extensiv genutzten Grünflächen. Eben 2 Beispiele aus dann der Siedlung von Flaschen. Wieder mal gesehen, sind immer Themen, die immer rankommen, weil es auch immer mehr wichtig geht nicht damit drin, zu ansiedeln, wie auch zu vermeiden, dass Flaschen, die noch nicht versichert sind, dann auch entsiegelt bleiben. Und du kannst Gemeinden zum Beispiel auch den Beschluss machen, für dann einen gewissen Umsatz nicht zu versichern und dann natürlich auch idealerweise umzusetzen. Ein drittes Beispiel wären Generalpflanzungen, aber auch Tierstellung, also Wiederherstellung von natürlichen und geschützten Lebensräumen. Das sind Biotopen, du hast Klimakartierungen geschafft, Pläne abzusetzen für zu pflegen und auf dem Monitoring, für das dann noch langfristig weiter umzusetzen. Aber auch Beispiele wie verschiedene Aktionspläne von Monaten etc. Dann ein Beispiel aus, das auch gefährdet für Dach oder Fassadebegrenzung, das können auch Gemeinden dabei sein. Wie sieht das Beispiel einmal zu Kopplisch und einmal zu Irschenbach. Genau, das kann von bis aus gesehen durch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann also auch für Gemeinden dabei, zum Beispiel für die Menge naturfreundlich. Genau, also ich kenne noch ganz viele Beispielerweise nehmen. Ja, können sich auch an die Gemeinde selber überlegen. Dann irgendwie zu viel an Detail zu gehen und schnell ein paar Maßnahmen rausgeprägt, die auch, wo die wenn stark gelingen für die Initiativen, die ich gerade abgelöscht habe, die wirklich stark an die Maßnahmen integriert sind. Kapitel von Siedlungsraum wurde im ganzen 20 Maßnahmen. Sie haben von allen mehr oder Mann erlebt und so. Wir können zum Beispiel rauspicken die 2 Feier, wo wirklich Grünflächenmanagement und Gestaltungsplan für die Gemeinde beschlossen wird. 2013 ist wie gerade so durch die Erhaltung und Förderung von den Deal- oder unversicherten Flächen am Siedlungsraum und eben auch der Aktionsplan am Siedlungsraum.
Als nächstes wollte ich mal kurz eine Statistik mitbringen. Der ist ja noch von 2025, die ist schon minimal schon etwas verändert. Also einfach für den ersten Blick gesagt, zum Beispiel, okay, das variiert liegt auch ganz stark von bis, also verschiedene Maßnahmen sich schon, wie gesagt, schon 96% umgesetzt von Gemengen, an anderen, wie zum Beispiel der 2.4, das der Gestattungsplan für sie zu beschließen. Da lagen wir bei 50%, das ist ungefähr die Hälfte von den Gemengen, die Maßnahmen stehen schon, genau, und die schon die Punkte neu kriegt, wo natürlich gesagt hat, das ist gut, aber da ist natürlich immer noch Potenzial. 2013, das sind Deal- oder unversicherte Flaschen, da leidet auch ungefähr bei der Holschen, das ist genau dort selber, ja, da ist natürlich immer noch Potenzial da, aber natürlich auch wo gemeint zu meinen unterschiedliches mit was zu schaffen und was möglich ist. Und 2019, das ist der Aktionsplan, die du gesehen hast, Gemeinde durch schon ganz viel beschlossen. Und dann gehe ich noch kurz, wir gehen natürlich ganz viele Best Practices, die man bei diesem Sitz, mir auch habe ich mir kurz auf die Rolle von den Naturschutzindikator an den Naturparken abbringen, wo wirklich wichtig ist, wie bei vielen Gemeinden Martine schaffen oder respektiv mit mehr externen Büro oder weil wir ganz viel Materialexpertise schon umgesetzt wird, viel an Umsetzung daraus. Und noch ein paar kleine Beispiele gesehen, wie das umgesetzt wird. Und dann habe ich einfach 2 Beispiele mitgebracht, die noch ganz viel, ich erklärt auch schon, die Broschüren von Gymnasien, Kinder vom Ministerium, Kinder von den Naturparken, Naturschutzindikator, wo neben Thema, was du heute beschreibt, die existieren, die kann ich immer gratis hochführen, wie zum Beispiel die von Natur- und Kringflaschen, aber auch der extensiver Bewirtschaftung. Genau, dann viel mal von meiner Seite, aber dann gebe ich, würde weitergehen und klären, respektive, ja, definitiv. Okay, wir heulen direkt nach einer Zeit. Nee, mit einer, ja, schwenken. Du. Moment, ich muss an Mikro schätzen, für die Traduktrice auch teilen. Das können die Leute von Französisch hören erfunden. Ich wollte kurz vor, wie es ausgesehen mit der Anpassung von den Pflanzenlisten. Ich weiß ganz am Anfang gut mal 3 verschiedene Pflanzenlisten zur Verfügung gestellt. Für alles für Neupflanzungen an der Gemeinde ist. Da gibt es schon von Anfang an gesagt, dass Lösungen dazu geschaffen wird, für die Lichtung zu erweitern, weil wir über ganz andere Konditionen mittlerweile sind, dass man auch mehr Pflanzen in die Standbilder gepasst sind, auch wenn sie da nicht einheimisch sind. Da ist der Naturpark schon eine gute Zeit schon am Gang, wir haben aber noch immer keine Adaptation gekriegt. Aber wir merken zum Beispiel bei uns selber, die Lichtung, die wir kriegen, die sind relativ reduziert und andere Pflanzen, wo ich gerne einen gebe, zwar sichern, weil von den Kriterien weiß, okay, die hätten eine bessere Chance, man können sie aber nicht holen, oder man sollen sie nicht holen, weil sie nicht am Naturpark mal aufgelöst sind. Wie gesagt, das du als. Auch das, wo ich verstehe, geht es nicht um Baumpflanzungen, es geht um den Rest. Oder alles. Auch in anderen, also Milieu-Lüchten, wo Bäume, Büste etc. drüber stehen. Aber die 3 Lüchten sind relativ groß, wie gesagt, wir haben eine ganz Reihe als Beste von der Erfahrung gemacht und auch wenn sie auf der Lüchte stehen, sie sind nicht in allen Standen durchgepasst. An unseren anderen Lüchten hat wenig Sinn zu sagen, okay, wir haben jetzt 2 Lüchten gelöscht, natürlich wir gehen also Obligation noch, wenn wir wissen, dass wir in 3 Jahren das Ganze rauskappen, dann setzen wir immer etwas tun, für dann Römer rauszuholen. Wo von unserer Idee hier dann mehr clever selbst zu tun, weil nicht auf der Liste steht, wo man vielleicht mehr Chancen muss, schwör bleibt. Ja, ich habe effektiv auch nicht gesucht. Claire hatte schon den Guide auch aufgeschlagen von der B, zum Beispiel der selbst hat, auch schon an der Anfassers. Da werden wir an den nächsten Zunehmen können schon auch schon weisen, wie die draus können. Ich würde noch den Daten versprechen, weil ja, Kinder haben absolut zwischen. Nee, das ist alles, weil wir für uns Sommer geplant, später so ein Naturpark wollten wir in Ukraine an. Weil du genau den Problem, den da gerade so mit dem verändert sich schon ist, dass das auch nicht Sinn für
für PDF rausschicken, die dann irgendwann nicht richtig ist. Also wäre doch auf Form von einem Sitz sind. Das heißt, also von Banisch bis das separat, wie auch zum Geht generell, dadurch sogar bis weiter so eine zu einem Moment zu Alltag kann aktualisiert gehen. Das heißt, wo die nehmen aktuelle Stand, die ist da sehr viel avanciert, die werden noch nicht perfekt sein und komplett vollständig. Wir schaffen noch mit einem Büro zusammen. Ich meine, wir hatten schon ab und zu verschiedene Veranstaltungen angekündigt, wir noch nicht offiziell mit ganz Land. Genau, das wird auch rauskommen. Wie so durch mal hier am Sommer wird das rauskommen. Und dann hast du eben Online-Sit, das heißt, du kannst zu einem Moment etwas verbessert gehen, geupdatet gehen, etc. Da sind eben auch Workshops, ganz viele verschiedene Akteure mit dran involviert. Und das dann hauptsächlich Stoß wegen oder Ja, ja. Ja. Ich kann mir gerne nur eine ganze Zeit, weil ich meine, wir müssen weitermachen. Ich kann mir gerne in der Pause darüber schätzen. Nee, das fällt auf dich. Das ist du Stoßwege, oder? Okay, ja. Tirales. Ich kommen den Naturpark hört sie auch mit Gesamtplan, Gesamtgrünplan. Und da das vielleicht ein bisschen sehr gegangen am Sinn von Thema vom Seminar von Haut. Inwiefern kann ich so, dass der Naturpark die Mesure von einer Gesamtgrünplanung von etwas beigedrungen wird zu mehr kohärenter Planung? Wie viel Prozent von den Gemeinden können das vielleicht in Erinnerung rufen, schon so einen Gesamtplan an die Wege legen? Das ist eigentlich von den Flaschen Ja, ich meine, Pflegeplan. ja, schießen wir los, wird los sowieso noch. Bis Du kannst ja selber 20% wie kannst du das sagen. Oh, ich drücke die Prozent. Ich kann ja gerne rufen. Okay. Wir kommen auf die Kartierungen an Grenzflächeplan zu schwätzen, am Detail vom Lisa Signaler von Sikona und Tom de la Melina von SIAS werden das zur Summe 4 stellen. Guten Morgen noch von Alsiseins. Ich meine, wir sind schon festgestellt. Wir schaffen allen zwei bei einer biologischen Station. Lisa schafft beim Sikona, schafft beim SIAS. Ich meine, im Endeffekt wahrscheinlich kennen die meisten biologischen Stationen. Wir machen so ziemlich die Sache Arbeit dafür, um auch zusammen auf den Vertrag zu haben, dazu bald, wir das machen, wie noch andere biologische Stationen zuletzt machen. Also, weil das dort gab es eine biologische Station, auch für neuen Umsiedlungsrahmen, also es geht für neuen darum, die verschiedenen Nationalstrategien auf regionaler Ebene umzusetzen, durch die Sachen wie die Milan und die Qualität schon vorgestellt und dann wirklich konkret im Terrain umzusetzen. Da haben wir dann verschiedene nationale Strategien, ich meine, die dürfen auch schon angespart. Einzelne Strategien oder von den Projekten, das dann natürlich auch den Naturpark, von mir da gucken, den ganz konkret umzusetzen. Und dann haben wir zusammen mit dieser Mombarsgemeinde, die als Gemeindesyndikator sind wir dafür zuständig, eben für als Mombarsgemeinde zu schaffen. Genau, auf welchem Niveau schaffen wir mit der Gemeinde zusammen, das ist eigentlich ganz vielfältig. Gemeinden, wo ja eigentlich ganz viele Mitarbeiter, die auf verschiedenen Niveaus aktiv sind. Und da sind wir eigentlich auf allen Niveaus aktiv. Das heißt, wir sind auf der einen Seite, wo wir Kontakt mit den Politikern, wo wir dann verschiedene Konzepte und Strategien vorstellen und von ihnen beschließen lassen. Wir schaffen mit dem Service Urbanismus zusammen, vor allem für so Checklisten für PHP und auch Planungsfragen, Planungsstrategien aufzustellen. Wir schaffen mit dem Service Technik zusammen, wenn das größere Projekte sind. Ganz viele aber auch noch die Gärtner, weil du wirklich ganz konkret in der Umsetzung auf den Grenzfläche geht, an den Entretien natürlich, und dann auch den Service Kommunikation, weil es auch ganz wichtig ist, dass eben das umgesagt wird, dann noch ein bisschen zu verkaufen. Genau, und wie gehen wir da konkret vor? Das ist schon ein bisschen nur geschwärzt in einem Naturpark, die verschiedenen Maßnahmen, die so auf den Siedlungsraum beziehen, da sind Konzepte dabei, da sind aber auch konkret welche Umsetzungen dabei. Wir gucken da eben so gut wie möglich von A bis Z aufzudecken und dann eben die Gemeinden dabei zu unterstützen, das aber so umzusetzen, wie das am Naturpark bekommen. Vielleicht ein Unterschied noch zwischen als biologische Station an einem Naturparkbüro. Also so, dass das Naturparkbüro am Endeffekt wirklich mit der Gemeinde gucken, für an den Katalog führen zu kommen und dann die ganz konkreten Umsetzungen, die gehen davon aus, als biologische Station zusammen mit der Gemeinde koordinieren. Und das schaffen wir dann noch ganz nur mit dem Naturpark zusammen.
Genau, die konkret Wirkungsweise dieser Welt gleich bisschen am Detail darüber. Aber am Endeffekt das so, dass man sich nur gucken, was das du, ich mir mal Kartierungen und noch eine Digitalisierung von Begrenzflaschen und so Strukturen im urbanen Raum. Wir erstellen Konzepte daraus und dann koordinieren wir noch Planung und Umsetzung von ganz konkreten Projekten. Aber wir organisieren dann noch Formationen, für noch den Entretien zu assurieren. Aber wir gucken, dass Sensibilisierung an der Öffentlichkeit dann auch dementsprechend stimmt. Da ging ich in dieser Folie übergehen, das hat Lupus mit dem Detail darüber geht. Merci. Maja, was ich jetzt ein bisschen im Detail feststellen, also wie genau so eine Kartierung an einer Gemeinde gemacht wird, für herauszufinden, was das tatsächlich tut, und wie können wir quasi die Maßnahmen dafür sammeln, für etwas besser zu machen. Es gibt dafür ein Dokument, das hilft, natürliche Leitfaden, wie so eine Kartierung soll gemacht werden, für das eben das allgemein selber gemacht wird. Das heißt, das ist nicht die, wenn du Lastziffer möchtest, wie ein Dein, wo man da gehen, das umfüllt, ob das ästhetisch schön ist oder nicht, wenn das festgehalten in dem Dokument, dazu wird eben ein Kartierbau, den sieht, wer Informationen nur ganz konkret zu einer Grenzanlage abzuholen sind oder vielleicht sogar noch zusätzlich fakultativ können abgeholt gehen. Ich ging nicht quasi gerne matt auf so eine Kartierung wollen, dann ist die verschiedenen Strukturen, die wir also angucken, durchstellen. Da werde jeweils immer ein Positivbeispiel sehen, was gering am Rand ist, ein Rotbeispiel, was dann ein Negativbeispiel, was rot am Rand ist. Und du fängst schon mal direkt ganz viel an, was ist überhaupt ein gering Dach am Siedlungsraum. Wenn du siehst, versichelte Brauch gegen aus kein gering Dach und das wird auch nicht als solches kartiert. Wenn es aber ein wasserdurchlässig Flasch ist, wo Wasser versickern könnte, aber wo eine spontane Vegetation zugelost wird, da kann das durchaus Gebrauch gegen eine Naturkläranlage gehen. Die nächsten Flaschen, die wir bei so Kartierungen antreffen, sind tatsächlich Wieseflaschen. Ich meine, das ist kein Geheimnis. Aber meistens, wenn ihr auch bei einer Wiese steht, seid ihr schon, weil ihr auf seinem Face guckt, wie oft wird da gemeint, und genau da ist auch der Kriterien, der dezidiert, ob eine Wiese naturlos ist oder nicht. Nämlich, wie DAX geht Mähmaschinen drüber. Wenn du ganz DAX gemeint wird, dann ist das natürlich keine natürliche Flasche. Und wenn sie nicht so oft, maximal 1 bis 2 Mal im Jahr gemeint wird, optimalerweise alternierend oder sogar mosaikartig, dann ist es naturlos. Und für genau das festzustellen bei einer Kartierung ist, dass man auch natürliche Fälle dafür zu gucken, 17 bis 20% Altgras, die quasi beweisen, dass die Wiesen nicht an einer Krähe gemeint wird. Dann haben wir natürlich auch nach Ursachen, die auf der Gemeinde trifft, wo natürlich geguckt wird, was läuft dann da gesehen. Ist das nur eine Mischung, die sind ergibt, sind gebietsfreien Arten, die vielleicht sogar genetisch modifiziert sind, sodass es den Sack wie Beispiel bringen, mit Blähe gefüllt sind und den Sack durch nach Urlaub gehen und kein Nektar liefern. Oder sind das chemische Pflanzen, die bei Insekten ausgelöscht sind, wo man dann natürlich auch bei der Gemeinde nachfragt, ob das sogar so aus den zertifizierten regional gebaut wird, mit chemischen Pflanzen. Weil wir natürlich auch ganz oft an der Gemeinde 15 angepasste Beete. Und auch heute wird geguckt, was ist an dem Beet dran. Negativ ist natürlich die saisonalen Bepflanzungen, wo eigentlich Alkomeint, der ganze Inhalt ausgetauscht wird. Und der Bad gepflanzt ist leider oft immens pestizidbelastet, sodass ein Beute sich vielleicht auf einer steriler Blume dann so verirrt, dann dabei sogar noch vergiftet wird, weil der kurze Erklärung wie nur der Kontakt könnte. Das heißt, wir gucken, welche Pflanzen sind dran, sind sie saisonal, sind sie vielleicht sogar invasiv, das heißt, der Natur am großen Ganzen schulden, sind sie bestimmt unfreundlich, da sind nur allgemein die Arten gedurcht, die entweder steril sind für sich oder die genetisch modifiziert Zuchten von Pflanzen, wo all Pollen, Staubblätter zu quasi Bläheblätter modifiziert sind, sodass quasi gar nicht mehr zu hören ist mit den Insekten. Optimalerweise hat man an einem Beet mehrjährige Pflanzen, also Stauden, die ohne Pestizide abgezählt sind, biologisch sind, am mindestens von 25% Wildstauden an einem Beet, wie das als Naturlob geholt wird. Natürlich gucken wir auch eine Pflanze, am besten natürlich ohne Oblag, für das auch Insekten können an den Boden bewohnen. Dafür soll doch kein Vlies dran sein.
Und so natürlich auch nicht alle Moment eigentlich alles rasch geschnitten gehen, natürlich eben oder mehr maximal drin schneiden wollen. Da haben sie natürlich auch ganz viel Hacken und Streicher in die Gemeinde zu fangen. Heute wird natürlich auch rumgeguckt, sind die Pflanzen einheimisch, sind sie bestöpserfreundlich, weil die natürlich auch viel bestöpserunfreundlich Hacken mit gefüllten Blähen, sind sie vielleicht invasiv Arten, weil heute oben der Kirschlauber, den du durchgestellt hast, und natürlich wie oft wird die Hecke, wenn man einen kleinen Köstreck geschnitten. Optimalerweise einheimisch Arten, heute geguckt, wie viel Prozent von einer Hecke sind einheimisch, aber wie oft wird sie geschnitten. Natürlich bei den Beben, selbes Prinzip, sind es Gebietsfirmenarten oder vielleicht Invasivarten, sind es vielleicht besser Obstbeben, einheimisch Arten oder nicht einheimisch Arten, mehr aber für standortgerecht Arten, und das sind dann wahrscheinlich die Pflanzenliste, von denen man just gespart hat. Was bringt das dann heute noch? Natürlich, muss ich mal wissen, was du hast, für das ich noch kann irgendwie das Wasser machen. Muss ich sich bewusst sein, was tun wir, aber das nicht gut, für zu wissen, wie können wir das Wasser machen. Genau dafür soll eine Digitalisierung von der Kartierung helfen, das ganz klar anzuhalten, an Karten oder eben noch klein zu gucken, was kann geändert werden. Aber genau dafür geht das überhaupt nicht nach. Was bei seiner Kartierung rumkommt, ist dann halt, dass Shape-Dateien erstellt sind. Das heißt, alle Einzelgänger nach, die geguckt werden, wird quasi anhand von einem Shape festgehalten, wo dann alle einzelnen Informationen zu der Flash von einer Art Attributtabelle durchgehen. Und das kann natürlich auch die verschiedenen Programme, die Gemeinde sowieso benutzen, implementiert gehen, wie zum Beispiel den Oxygis, wie das an den SIAS-Gemengen Standard ist. Mit allgemein ist natürlich durch, dass eben mit den Données soll geschafft gehen, dass das soll weiter benutzt gehen, und eben quasi an Datensätze von der Gemeinde soll noch integriert gehen, und das damit gemacht gehen. Heute sieht ein Beispiel, wie das ging aussieht, wenn so eine Kartierung zum Beispiel an den Oxygis ging, implementiert gegen Piloten zu schaffen. Und hier ist dann nur eine klassische Kartenversion, wie eben auch die Shape-Dateien durchstellen, wobei dann noch eine Kartierung sieht, mit den verschiedenen Farben, was dann Natur von der Struktur aus, also so nochmal ein Wies aus zum Beispiel Grün gestaltet, an dem Randung von der Wies aus dem Ist-Zustand, wie sie aktuell gepflegt wird. Dasselbe ist dann heute für den, weil auch für den Naturpark soll ja geguckt gehen, was für eine Kronenprojektion von naturno oder naturfern Beam, die auch heute dann Kraft und quasi den ganzen Inhalt ein regelrechte Bahnkadaster für eine Gemeinde erstellt. Wobei der Lorei unten am Eingang so einen kleinen Ausschnitt aus der Attributtabelle gut, wo dann eben auch die Einzelarten und alle Details zu den Beam quasi dann umgehangen sind. Was damit geschieht, ist natürlich, wir gucken mal, wie viel Prozent von all dem, was wir kartiert tun, also naturno, das heißt, Obstbeem einheimisch oder nicht einheimisch, aber standortgerecht gehölzert, mit Bäumen zum Beispiel, und eben wie viel davon aus naturfern, weil eben Gebietsfirmen gehölzert sind oder invasive Neophyten. Das ist aber natürlich nicht immer für Bäume, auch für all die anderen Tränkenflaschen, da wird mit ganzen Bestanddenken geguckt, und auch heute sieht man, dass hier nicht aus meistens Wiese. Und dann wird geguckt, was davon ist dann naturno, aber das naturfern, aber nicht naturfern ist für was. Und da ist dann zum Beispiel eine kleine Durchstellung, was dann die meisten Gründe sind, für was das im Katalog dann nur auf 4 geht, dass etwas nicht so gut ist, da das dann meistens ein Intensivpflicht, falsche Summen, zu oft gemeint, Fließ, Schotterbeete oder saisonale Bepflanzungen oder Pflanzungen mit Ziergewässer, die einfach gleich mit Natur bringen. Was natürlich nur jemand in der Données machen kann, was soll Sinn gehen, ist eben, dass man dieselbe Karte eben mit Rekommendationen, was jemand in den Données kann, aufhängen, für das Wasser zu machen. Das ist natürlich keine Pflicht, dass das alles umgestaltet wird, das gibt quasi, das soll vermitteln, was nicht gemacht wird, für das 100% Natur innovieren. Und heute sieht er zum Beispiel durchgestellt, grob wie eine Flasche, die an der Natur nicht muss geändert gehen, mit dem Randung von der Flasche gegen der so heute, die bleibt mit 2 Mal am Jahr maximal Domäne, für das Natur geht.
Beziehungsweise ein anderes Beispiel, wir Blo heimlich die Mail gestützt auf freundliche Pflanzen angebaut, die für das Wasser wird. Oder ganz unnötig verfeiert, heim muss das Fliesen rausgeholt gehen oder Steinwasch geholt gehen. Dann ist natürlich das Resultat gefunden, dass die Mengen einen Rapport kriegen, wo natürlich ganz viele praktische Tipps dran sind, wie das Ganze zu verbessern, aber auch eben den Ist-Zustand, auf wen bewährt gehen, für was so bewährt gehen, plus eben ganz konkret Beispiele, wen sagt, das verbessern kann man gemein. Genau. Und wenn das dann nur natürlich gestaltet kann, dann hat die Thomas. Genau. Ich meine, weil in so einem Konzept hört, das ist ja eine ganz gute Basis für uns zu schaffen. Allerdings geht es alles nicht darum, just die Konzepte zu erstellen und die Statistiken zu erstellen, für das Gemengen sich können ja dann Töpferprotection lösen. Wir hätten noch gerne, dass dann die Konzepte tatsächlich umgesetzt gehen und dafür schaffen wir den auch mit Gemengen ganz nur zu summen, für eben die Umgestaltung zu machen. Und ich freue mich einfach ein paar Beispiele, wie das wirklich schon in der Praxis ausgesehen. Du unterschieden wir eigentlich zwischen dem Bestand, also alles, was du Grünfläche schon du hast, die umgestaltet gehen, aber auch verschiedene Möglichkeiten, die man ruft, für wann etwas neu geplant wird oder neu umgelöscht wird, für auch direkt von Anfang an können dann anzugreifen. Genau, am Bestand sind im Endeffekt, wie dieser schon so, dass meistens sind diese Flaschen, die zu oft gemäht gehen, und du hast einfach den Dupasse vom Pflegerhythmus, das hat die einfachste Maßnahme, was im Endeffekt mit einer Wuchtdämpfung von verschiedenen Geringflaschen an eben auch Strukturen für verschiedene Wildbärenarten, was die oft auch immer im Naturpark für Gemeinden interessant ist. Genau, ein Beispiel von einer Wieseflasche, also quasi 2 Flaschen, die schon umgestaltet werden, weil für die Seite, wie gesagt, das sage ich halt einfach, dann wird einfach mal auf gemäht, normalerweise sind so 1 bis 2 Motoren, 2 Motoren sind schon zu schlecht. Natürlich wird es auch mal Travet gemäht, wird am besten ein Beutenmeer oder mit Freischneider, Gras von der Flasche aufgeholt. Eigentlich so wie früher gemacht ist, soll da noch Grünfläche gemäht gehen. Was ganz wichtig ist, also eben den Akzeptanzstreifen, die ist nicht einfach alles rüsten sondern schon dadurch, dass sie einen Streifen der Last mäht, weil sie die Leute wissen, dass es gewollt ist, dass der Körper ausfällt. Sowohl Gruppe wie auch unnötig sind. Dann sehen wir, wenn ihr ein Wissen, wo ihr feststellt, okay, du hast aber just Gras dran und nicht wirklich Blumen oder Kräuter, kann ich ihm noch regeln, dass ihr nichts aussieht. Und du hast dann noch ganz wichtig, wenn man will gerne Natur- und Lebensraum schaffen, dass man noch mit einheimischen Summen schaffen, autochthonen Saatgut, was zu Lützeburg dann noch gesammelt und produziert wird. Genau. Aber weil noch ganz wichtig ist bei der ganzen Sache, ist, dass ihr dann noch Bescheid aufstellt, wo drauf steht, was gemacht wird, weil dadurch auch verstehen Leute eigentlich rechten, also oft ist das Fall, dass Leute dann merken, okay, das ist gewollt, der Teil wird selbst gut ist und das nicht just weil eine Gemeinde zu voll was wird für schaffen. Ich will keine Gemeinde unterstellen, dass der dann Kirche oft so, weil sie eben nicht besser wissen, dafür sind die Schilder eigentlich ganz wichtig. Genau. Dann nochmal ein anderer Fall, dass eben, wenn ihr eine Grünfläche die schon durch hast, ein klassisches Grünfläche wieder unten wieder sieht, oft dass du ein Wurzelschutz verbaut, das sind invasive Pflanzen dran oder einfach bestimmte unfreundliche Pflanzen. Da gehen die dann hin, also die Gemeingräser zum Beispiel, die gesuchte Terminen als Algen, als Anlagen den Wurzelschutz raus, und wir gestalten die als Beispiel von der Gemeingölle. Am Endeffekt geht wirklich drin, entweder kann ich hingehen und zählen alles raus, was du negativ ist, und der ganze dann mit martinischen Achten, Heinz, so wie du innen möchtest, aber auch Sinn, einfach zu sagen, ja, wir machen das komplett frisch, und den als komplett neu, also wenn du auf die Firma guckt, okay, was hat man gerne, wir hätten gerne eine Bepflanzung, die klimaresilient ist, wir hätten gerne eine natürliche Bepflanzung, wir hätten auch gerne Beben, die Schiff machen, Beben, die ein großes Grundkreide ist. Da haben wir dann eine Flasche, die das mit allem umgelöscht ist, Staub, Streicher, Beben, mit Fokus auf das ganze Jahr überbleibt, dass man Schiff tun, dass man eine Klimaanpassung und dass es doch am Entretien einfach ist, anders ganz Jahr als die Insekten nutzt. Genau. Auch weil sind ganz wichtig, dass Schilder dabei stehen. Bei den High-Off-Flow, das kann ich dann also QR-Code drauf, wo Bürger sich eine Pflanze durchwurfeln, dass sie wirklich auch können bei sich daheim
nur machen, weil das ja einfach eben ein Ziel ist, für als Gemeinde zum Beispiel 40 Uhr, für das ein Bürger auch das dann können nur haben. Genau. Dann haben wir noch, wenn wir für die ganzen Insekten und für andere Lebewesen Futterplätze schaffen, dann muss man natürlich auch Lebensraum schaffen und Niststrukturen. Da haben wir ein Beispiel von einem Sandarium für die Pöllbeien, die am Sand nisten, wir aber auch Totholz für ganz viele verschiedene Insekten oder Lesesteinhaufen. Genau. Und du sagst, in den Uhren noch auf der Flasche ist also auch ganz viel, was ziemlich ja, nicht roh mehr, aber voller Stange ist gesagt, das angesehen ging, das wird dann auch ganz magisch. Also das ist nicht so, dass man da steht, Steinwüste für die Null. Und du hast doch so, genau, das ist noch ganz wichtig, dass du sensibilisieren für anderen, weil du Sachen, die du vielleicht schon noch nicht so gut kennen. Und der andere ist eben, der eine ist eben das, was an der Vergangenheit falsch gemacht wird, für das dann in Zukunft gut zu machen. Und der andere ist eben, wenn ich wirklich viel ran, entweder bei neuen Bauprojekten oder auch im größten Stil, wo neue PHP ausgeschafft gehen, wo direkt nur von Kunden abgreift. Also Beispiel nach, wenn wir in einem Flash hast, die komplett versichert ist, weil du gemein gar nicht, die das gemacht hat, genau. Und du hast eben du ein komplett versichertes Flash, die uns da rausgebracht und dann eben auf der Flash ein Naturgesuch gelöscht, also ein Blumenwiss plus eben Bongert. Weil die Beweis war versicherte Flaschen am Siedlungsrand sind, die nicht unbedingt so genutzt gehen, da kann ich die auch einfach sichern. Also ein anderes Beispiel ist allgemein Freising. Du hast was die eigentlich mit einer Flasche, die versichert das, die ohne den Klimawandel gepasst ist. Und die soll auch weiter als Packflasche genutzt gehen. Natürlich, du gehst dann einfach hin und möchten eine Sicherung und planen das eben so, dass ein Klima angepasst Fleisch aus die Normen dieselbe nutzen, weil die Beben, Speicher und Stauden an einen sicheren Parkplatz. Genau. Weil da war eben ganz wichtig, dass wir neue Sachen geplant haben, dass wir nicht dieselben Fehler machen, für sie noch verbessern zu gehen, wie das dann direkt nur von richtig machen. Richtig, da gucken wir eben, dass wir den Klimaanpassungsgedanken und den Naturschutzgedanken von gemacht denken. Und da wir den Klimaresilient versteht, wie kriegen. Wie machen wir das? Wir haben Checkliste für PHP, die dann zu auf den Naturpark und Klimapakt ausgeschafft werden. Da geht es eigentlich darum, eine Guideline zu geben, wen selbst kann umgestalten, also wen selbst kann natürlich gestalten. Das soll einen Impuls geben. Das ist ganz wichtig, dass das eben, also das sowohl für Privat- wie auch für Kommunalbauherren, und das ist ganz wichtig, dass nicht verpflichtend ist mit der Rekommendation. Soll eben nur als Diskussionsgrundlage für die Gemeinwohl denken. Als ein so Beispiel, also ich sage, dass wir verschiedene Themenfelder aufgeholt wie eine andere Biodiversität. Aber ganz konkret gesagt hat das so aus, also ich habe gerne die ganze Checkliste mit jeder Meinung vielleicht kann, dass sie verschiedene Kategorien hat und da muss den Promoteur oder den Bauherr muss dann umgehen, ja, habe ich die Mesure erfüllt oder nicht, aber wenn nicht, für was, aber wenn ja, wie. Und das sind dann noch Rekommendationen dran, dass eine Begrenzung von dem ganzen PHP, sondern zu tun hat, ich meine, biologische Station geschehen oder eben noch, dass wir nur den Grenzflächenplan kriegen, wird umgesagt wird, wir dann eben können noch ein Feedback zu geben an eine Anpassung zu proposieren, falls der Benutzer in die richtige Richtung geht. Genau. Ja, wenn ihr dann eben die ganzen Sachen umgestaltet, also ist natürlich super, aber sie müssen noch erhalten gehen, was natürlich auch ganz wichtig ist, weil die schönste Geringer nach den Neu gelöscht wird, wenn noch keine stimmt, hat ihr nicht so geil, das selbst zu gestalten. Da sehen wir eigentlich den Hauptproblem, dass es in der Fachkenntnis mangelt an dem Personal. Also, du machst das schon nicht, dass keine Fachkenntnis für den Gärtnerberuf du hast, dass am Endeffekt eine natürliche Anlage wird anders gepflegt wie eine konventionelle Anlage. Und da ist etwas, das lernen die Leute nicht an der Schule oder noch nicht an der Schule oder an der Ausbildung an. Da ist eben ganz wichtig, dass sie das dann, also wir probieren das dann eben den einzelnen Mannschaften der Gemeinde dann ja, zu erklären, Informationen zu haben, damit noch der Netzwerk die Informationen haben können. Weil das ganz, wenn eben die Fachkenntnis nicht da ist, dann fährt das oft dazu, dass eben dann noch den anderen falsch gemacht wird und das Standard in die richtige Richtung entwickelt. Genau. Ja, wie schon gesagt, wir machen verschiedene Fortbildungen. Also zum Beispiel den Ingenieur die Teilgruppe an.
Dann auch machen sie Pflegepläne an Ulegungen und Gemeinden verdienen, eben zum Beispiel den Praxisratgeber, den ich schon viel in der Hochschule gegeben habe. Das ist ein Beispiel, also da können wir wohl echt an die fachliche Sachen sehen, oder die theoretische Sachen, aber auch ganz praktisch Workshops, wo man dann mit den Gemeinden zusammen Schaugebiete anlegen und auch Formationen machen, wie man schon Entwicklung von einem Schaugebiet, was der schon rauskaufen, was nicht. Und dann ist es so aufgefallen, dass oft das bei den Gemeinden noch so, dass wenn nicht genug Personal da ist, in externen Pressabteilungen oder auch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen engagiert, die dann dürfen den Entretien machen, und du hast auch so, dass die da ganz motiviert sind, zu viel Entretien machen. Wenn ich aber leider wissen, die just zum Motor gemeldet bin, und die ganz motiviert 5 Monate mehr, dann ist die schönste Blume, bis auch irgendwann just ein normal ist. Dafür machen wir dann die Pflegepläne, wo man dann noch den auch ganz einfach alle Weise durchstellen, der Vertrag ist, der nicht gemeldet wird, der Vertrag ist der Mail, und da kriegen wir noch viel Unterstützung. Genau. Ja, das ist wichtig bei dem Ganzen, dass die Konzepte auch wirklich umgesetzt gehen, dass das an Zusammenhang schon alles geschieht, weil wir im Local die Expertise liefern, wir aber keine Manpower haben, für das wirklich umzusetzen, und eigentlich wirklich darum geht, dass auch ähnliche Initiativen der Gemeinde gemacht wird, und wir unterstützen, sind nicht alles Grünflächen, sind die von den Gemeinden, und genau, das ist dann auch eben an dem Moment der Gemeinde Responsabilität. Und von allem geht es darum, für den Naturschutz und Klimaanpassungsgedanken auch den ganzen verschiedenen Niveaus in einer Gemeinde zu verankern, weil bringt nicht für just die Gärtner, wo der Hand steht, an den Ingenieur, den PHP-Plan nicht, und die Gärtner muss verbessern, wo bei den anderen falsch gemacht wird. Das ist von der Politik nicht der Hand steht, funktioniert doch. Vielen Dank, merci. Vielen Dank, Thomas Lisa, für den wirklich umfassenden, ganz interessanten Vortrag, was schon alles lebt. Und ja, bei der Zusammenarbeit mit den Gemengen und Info, was sie auch kriegen von ihr aus. Ich glaube, wenn wir an der Zeit schon ziemlich weit sind, ich will aber froh von 4 Runden aus dem Raum wiederholen, vielleicht für ich, weil froh inwiefern oder Gemengen, ich will ein bisschen formulieren, wie die den Überblick so schon länger Haltung vom Land so von den Gemeinen, wie die heute schon machen bei den Pflegeplänen oder bei den Kartierungen, wie groß genau wer ist in Ukraine, aber wie weit die die Chance, dass das effektiv dann zu einer Chancen zu leihen angenommen. Naja, ich kann vielleicht so einfach das Beispiel reden, aber ja, viele, wenn das so ganz gut Beispiel ist, kann ich lesen, tun. Weil die tatsächlich gesucht und hat ja die Ergebnisse, die darüber gesehen wird, das waren ein guter Teil von der Gemeinde, und sie haben gesagt, wir wollen das anderen. Wir gehen nun tatsächlich hin und wir versuchen, all die Flaschen umzustellen, wo wir basisch auswissen und wir zu machen. Das heißt, wenn eigentlich genau das nicht der Rapport aus den einem Schaf landet, mit dem tatsächlich auch beim Gärtner quasi an der Hand, wo quasi ein Karte steht, wo du mal da geschafft wird, dann hast du das ja, wo es ist schon das echt Beispiel, wo du gesehen hast, ja, das gemacht hat, der Arbeit. Und ich meine, beim Sie, also selber, ich meine, Sie schaffen hauptsächlich beim Oxygis, wo quasi die Gärtner mittlerweile dann eben auch Tabletten holen und dann eben selber Gestieren von den Flaschen, die man da an die Grab holen können und so quasi direkt eine Änderung machen. Also ganz wichtig ist, wo wir gemerkt haben, dass wir regelmäßig Rendezvous mit der Gemeinde machen, wo wir dann immer das Dokument rausholen und mit der Gemeinde zusammen gucken, okay, was kriegen wir als nächstes umgesagt. Das wäre optimalerweise dazu, dass die Gemeinde nicht von selben Impuls und bei verschiedenen Gemeinden merkt, okay, muss man ein bisschen der Hand ziehen, und dann irgendwann wird das von selber, und dann sind wir eigentlich just nach denen, die mit komplexen Themen gefragt gehen. Aber das tut am Anfang immer ein bisschen der Hand ziehen. Da helfen noch Naturpark Corona ganz gut, die dann noch da erklären, warum bei den Gemeinden stöppeln, weil sie da gerne ein bisschen mehr Punkte dafür die Gemeinde auch rausschreiben. Die Festlegung zu suchen, habe ich schon eigentlich ganz toll. Es gibt einen Pierre Schmidt von der Luxemburg, noch 4 bitte, der dann frei verbringt. Du weiter weg, genau. Gut, und schon 4 Stunden probieren, standen dann schnell durchlaufen, ein Kür zu weisen, was Stadt Lützburg an den Bereich mischt, auch wenig zu weisen, dass
für Begründung konsequent an enger Staat umzusetzen, dass dadurch bedenkt, dass auf ganz viele Niveauen kohärent zusammengeschafft wird, dass das nicht nur Einzelaktionen sind, dass das das ganze Ensemble von Aktionen ist. War eigentlich ja just vom Karin Landcover gewesen an der Stadt Lützburg. Karin Landcover, wo man 2/3 von der Stadt Sieg gekriegt, da war immerhin nach 1/3 die Nase gebaut. Und da sind den DFI, eine Party von DFI, die besonders ausgeprägt sind an denen Bereichen, die gebaut sind. Die Idee war noch verstärkt durch eben der fehlende Lob von dem Klimawandel, den immer mehr sichtbar wird. Also einerseits man mehr mit Stärkeren zu dienen, also die Stärkeren, die dann noch zu schweren Überschwemmungen Kaffeieren Bebauung möchte natürlich da den nicht unbedingt überall mit den Couverboisé wird, den in der Natur wird, auch die Vernetzung zwischen den Biotopen, die kann leiden durch die starke Bebauung, also wie du schon gesagt hast, eben die Chaleur, also Hitzeinseln an der Stadt, die nicht ausgeprägt sind. Und dann ist vielleicht nicht unbedingt immer möglich, dass alle Bürger no do wo wohnt auch Zugang zu Geringflächen war doch ein Element aus von der Lebensqualität von den Leuten. Mir gesehen natürlich statt Begründung enger Staat eben ein Element aus für eben die DFI in denen entgegenzuwirken. Wir haben profitiert letztes Jahr at Luga, natürlich auch Vorbereitung auf Luga, wir haben das wenig auch dann als Ulas geholt. Für wenig in der Stadt, das ganze Thema Begründung wenig ein Reset zu machen, aber eigentlich auch vom Fond ab, zu gucken, wie ist die Situation an der Stadt, wo ist wirklich Aktionsbedarf. Ganz viele Etüden sind nachgemacht, ganz viele Pläne, die schon gehen, also ganz vereinfacht mal durchgestaltet an der Stadt, wo man hauptsächlich schon mal du Feier Zieler gehen oder Zielkarten erstaut, wie sie da links ja dat als wo aus den Bernkrümmen umdeel mangelhaft, natürlich nur 10%, die Rotflaschen, natürlich das Ziel, das wohl die Bereiche mat Beben füllen, dass man da größten Umdeel in Bernkrümmen hun, doch dann nach der Beschattung zu dienen oder noch den Stärkklima sich auswirkt. Jetzt als eine andere Zielkarte, das eben die Biotopvernetzung zwischen allen den Geringräumen entweder also identifizieren, wo sie die Geringräume schon bestehen, die man vielleicht müssten wenig verstärken oder wo viele Karimment Geringräume, das sowohl Land wie auch am Wasser, also die Geringkrammen, auch die Blutram, natürlich auch leicht Wasser, als natürlich auch Gelegenheit, die Vernetzung hier zu stellen. Links ist dann weiter Zielkarte, das wird mit dem Staat Klima zu dienen, schon viel gesagt. Wir haben am Klimawandel zwei Extreme, das heißt, dass an der Stadt extrem warm kann gehen, das sind die Rotflatschen, das ist das der Risk, wo Hitzeinseln entstehen, das ist auch da, als Begründung, eine Lösung für den gegenzuwirken. Aber dann, das sind nicht so, das sind die blau schraffiert, das sind nicht gut, da sich durch die Stadt, andere Stadt sieht, dass eben überall da war stärker hinaus, wo darin wo Wasser zusammenlebt, wo den Risiko hat, dass zu stark die überschwemmen können, aber ich schätze davon Sturzfluten der T-Stadt kann ganz schnell, ganz heftig kommen, aber da so gering dann noch Unfälle schaffen. Aber dann jetzt eine weitere Karte, die wir auch analysiert tun, wo gehen Partien an den Quartieren, wo die Leute nicht unbedingt Zugang zu einer Kriegfläche für sich zu holen, also mehr für den Temps, aber auch andere Menschen, wenn es wärmer ist, vielleicht auch Zuflucht zu fahren kann, also für die Leute sich können begegnen, noch ein soziales Element. Voilà. Die Feierkarten, die haben wir übernehmen für dann rauszufahren, also die Feierschichten übernehmen, für dann eben an der Kombination zu gucken, wo möchte am meisten Sinn oder wo ist der größte Bedarf für zu bringen. Am Ende sind wir die Equipen zusammengesetzt und haben geguckt,
Wir sind Straße für Straße auf der Karte durchgegangen und gut geguckt, wer kann in einer Straße zusätzlich von Begringung machen. Und daraus haben wir eine Karte und ein Programm gestartet, mit was man nennen relevanten Standorten und noch mit Schlüsselprojekten, die dazugehören. Und das ist das heute, da muss ich mich enttäuschen, das ist leider noch verpixelt. Ich weiß nicht, wie man das gemacht wird. Aber der Trick ist, wir sind nach dem Seminar hier so nicht zu früh gekommen, oder wir sind wenig zu spät. Wir sind nach Nacht nicht gerade fertig. Kommen auch an der Karte sind 37 relevante Standorte an der Stadt, die wir identifiziert haben. Und kommt danach, wir sind auch in der Diskussion, kann auch die einen oder anderen dabei kommen, das ist das noch nicht ganz offiziell. Jetzt auch haben wir ein Tableau gemacht, mit anderen Standorten, was die da kann machen, alle die Maßnahmen, das sind auch die Russisch, die da draufstehen, die sind dann auch immer ausgesucht mit den farbischen Kassen da, was für ein Ziel das erlauben, mit zu rechen. Du hast Molen, die vielleicht nicht aus für die Gringang zu vernetzen, aber voilà. Und auch durchaus kann ihn dann rausziehen, ausdehnen, 35, rund 35 Standorte, kann ihn dann rausziehen, was vielleicht am opportunsten ist für prioritär unzupacken und durchaus wünscht dann noch prioritär Projekte. Wie war das heute nur noch an der Tabelle, seid ihr noch auf der vertikalen Achse, seid ihr noch angedeelt, was für Mesuren kann ich machen mit geringem Aufwand, was für sie mit extremem Aufwand verbunden, und dann auch an der horizontalen Achse, wo gibt es noch, das ist eine Idee, wir haben noch gar keine Planung, wie sie zu, also die Umsetzung hat schon ganz konkret geplant, wir haben den Plan schon eigentlich am Tierraum, mehr mit dem Begrünungskonzept, das man ausgeschafft hat, kann ich vielleicht einfach die Projekte noch ein bisschen optimieren. Und diese Projekte gehen wir nur nach der Fangschrift, weil wir wirklich sicher sind, dass doch versabel ist, weil, muss ich sagen, an der Stadt, aber eine Stadt, die historisch gewusst ist, die nicht wie unbedingt auch Begringung ausgelöst ist, also demweise eine richtige Challenge für das zu bringen. Da werden auch 400 von Plätzen, dass sie richtig große Kartesplätzen, aber das verbunden mit Mobilitätskonzept, mit Infrastrukturen, die am Boden bleiben und so weiter. Also das ist nicht ganz easy und dafür, das will man wirklich am Anfang testen, dann doch versabel ist, ehe man dann die Pixel da können wir rausholen. Bon, wir haben einfach nicht aufgewehrt. Wir haben natürlich schon Projekte, die wir umsetzen, die an der Planung sind, die eben an die Ausführung gehen oder ausgeführt sind. Für Beispiel, das ist eben am Bestand für zu entziegeln, für mehr Vegetalisation anstatt ranzukriegen, ob der Blo aus von der Parking neu muss gemerkt werden, links dann Gelegenheit zu nutzen, für der Pflanze mehr Raum zu gehen, also umboden, mehr einfach auch mit dem, mit dem ganzen Programm von Schulheft, die begrenzt gehen, auch mit dem an in einem Projekt zum Beispiel am Grund auf der Schmidt, das von beim Scotspark über die Brick, die an der Seite geht, die ganze Platz, die genug ganz frisch geplant haben, wo Chef wurde den Betriebsstopp gedrängt, dass da wirklich auch Begrenzungen noch beben, sondern die Planung mit abfließen. Oder jetzt, wir haben noch Gebäude, die normalen Gebäude, die man mit Hilfen dann versehen, für dass da auch Pflanzen können rückfließen, für auch Fassaden zu digitalisieren. Also das will ich aber am Bestand machen. Und dann ein großes Programm. Milan hat gesagt, dass das europäische Ziel von 3 Milliarden Leben, das wir aufgebaut auf dem Territorium von der Stadt, das ist bis 2030 schon mal 4 netto 30.000 zusätzliche Leben an Stadt ranzubringen. Und das geht nur über eine ganz Panoplie von Maßnahmen. Wir schaffen mit Entreprisen zusammen, das ist Peace in the City, Business in Action, wo man mit Entreprisen beobachten, dass sie auch rundherum hier Gebäude Bebenpflanzen mit uns zusammen. Wir hatten während der Luga haben wir
verdeelt und Bierger diese können du Pflanzen wie hun Projekten, ob dat Bungerte sind, ob dat Agroforesterie die Projekten, du kann ich nur so, aber das nicht unbedingt Anbauperimeter mehr rundherum, wenn wir gesehen das hängt zusammen. Und wir holen als Natur von außen auch Ansterbe ran, das ist auch die Vernetzung, die garantieren wir. Wir haben an der Stadt echt die Forstprojekte oder mit dem wir Schulklassen machen oder auch mal Entreprisen. Und dann das Ganze kann ich für den Job gucken auf dem Site 30.000.vdl.lu, wo wir einen Konto, wo gesagt wird, dann der Progress par rapport zu diesem Ziel, kann ich draufklicken, gesagt noch dann Statistiken, wen wir machen bei dem Projekt, was für wen sinnet, und wo gesagt wird, mal Stand, Lo, die geht all der weiter, so bitte ich hier, sind wir bei 12.120 Spielen par rapport zu 30.000, das ist, wir sind schon 43% von unserem Ziel, wo wir schon erreicht. Dann haben wir auch große Projekte von Renaturierung. Petrus, als Südfrängen bekannt, du hast vom Scan die Punkte rauszuholen. Petrus Phase 1, Petrus Phase 2, Log attackieren wir Petrus Phase 3, da kommen wir raus aus der Stadt Richtung Hollerich. Wir haben insgesamt, wir sind an der Planung auch mit der Urzersrenaturierung, du hast viel Diskussion mit der Gestion de l'eau, wenn's Rückhaltevolumen, die paradoxerweise vielleicht verloren gehen, wie das kann kompensieren. Insgesamt tun wir noch 10 Kilometer Renaturierung konkret an der Planung für ein Gewässer. Aber das sind nicht nur ein großes Gewässer wie der Dulzig, das sind noch kleine Berge wie Zesinger Berg an den Kartien, also auch Kleinvieh macht nichts. Aber im Park Gasbrüche, das ist natürlich der größten Park an der Stadt, den ist natürlich konsequent von einer Ackerfläche umgewandelt in hochwertige ökologische Flächen mit Wasserflächen, mit rund 700 Bäumen, die gepflanzt sind, mit Elementen wie Drischmauern, mit Magerrasen, Trockenwiesen und so weiter. Also ganz hochwertig. Natürlich verbannen wir auch Deieren vergisst man nicht immer assoziiert natürlich zu der Begeringung verschiedener Managementer in Insektenhoteller, nicht schwere viele Fallig, Lebenstieren und so weiter, Drische Mauern für Eidechsen, das gehört natürlich auch alles dazu. Dann geht natürlich mitten drin für mehr Grings an der Stadt zu mir auch besser Grings, und das machen wir auch, und das wird auch schon umgeschwert gehen, auch den Entretien, den richtigen Entretien gemerkt wird. Anstelle zu beschweren, für rund 15 Jahre waren wir mit 4 weitere Gemengen, die sans Pestizid waren, das heißt, das Bild mit der Trappe gesagt, dass die noch durch, du war 4 Uhr nicht, wo es das heißt, sans Pestizid, erlaubt einerseits nach zusätzlichen Bedingungen zu kreieren, mehr aber auch dann durch verschiedene Aménagementen oder Rehabilitation von Biotopen, die durch schlechten Entretien verschwunden sind, für die richtige Qualität an den Staat zu kreieren. Für das Ganze gut zu gerieren, brauchen wir auch intern Outils de Gestion, wie ein Wärmkadaster, das ist intern für ein Service Wärmkadaster, Ringflächenkadaster. Das hilft uns als Equipen, auf den Platz richtig anzusetzen, dass die richtig anzutakten, eben die Mannschaften, die auf Terrain gehen, für das eben ein aufgestimmten Programm ist. Weil auch schon geschaut, das sind invasive Pflanzen, mit dem Klimawandel mengenlich fertig, aber wenig den Kampf verloren. Trotzdem, alle Equipen, die im Terrain sind, die ein Tablet, und noch eine kleine Formation, aber wenn sie Platz gehen, dann sie erkennen, die haben invasive Pflanzen, dann klicken sie drauf, das wird zentralisiert, es gibt den Geschäftsservice, die kann dann auch seine Equipen so anwählen, für zu sagen, okay, da haben wir schon einen Hotspot gesehen, da geht da Platz, die Pflanzen bekämpfen. Wir können auch einen Dashboard machen mit armenischen Statistiken über die Ausbreitung von den Pflanzen, und dann noch für die Planung morgen, den als öffentlich zugänglich ein Grindach-Kadaster, das heißt, du gesagt auf dem Kadaster das Potenzial für sein Dach zu bringen, weil wir für sich Projekt benutzen, wir werden auch die Bierger Bewerbs benutzen.
Bon, wenn man dann Bebringung hun, da geht es doch den Zustand von der Bebringung kontinuierlich weiter zu evaluieren. Jetzt gesehen, dass man als eine Auswertung von Satellitenfotoen, Satellitenbilder, die dann gesehen, wie gering sind Bilder von den Beamern, dann zurückschließen, wie viel Chlorophyll dran ist, wie die Gesundheitszustand ist, und die sieht, dass nicht alles rosig an der Stadt, also die viele Bienen, die sind in einem schlechten Zustand, durch den Klimawandel, den hilft so nicht, an eben noch gut für zu erkennen, wie ist der Zustand von als Beamern, auch zu gucken, wie muss ich Beam dann gerieren. Allerdings, da tun wir von Zürich, wo man das überholen, Biodiversitätsindex, das ist alle Bäume von der Stadt, den wird ein Walle, wie als ein Walle für Biodiversität, also Lebensraum für Fischer, für Insekten. Und auch da haben wir über das Territorium der Statistiken gesehen, an so an der Planung für dann Bäume, die nächsten Bäume sollen pflanzen oder Bäume sollen noch gehen, für dann eher zu pflanzen, die möglichst hohen Biodiversitätsindex haben. Natürlich müssen sie nach standortgerecht sein, klimagerecht und so weiter. Natürlich kommen auch noch viele andere Sachen, die man muss kombinieren muss. Sie waren fertig. Partizipation, Sensibilisation, natürlich auch Akteuren, wollen wir mit Bordtuellen, dann sowohl als Equipen an der Stadt, für die ganz viele Formationen gemacht, aber auch Bierger draußen über Workshop gemacht, noch letztes Jahr für der Feuer, notamment am Öko-Center, über Fassadenbringung, das mit theoretischen Teil, das mit praktischen Teil. Links sieht man eine ganze Serie von Factsheets, also Merkblätter für Leute, die im Internet können gucken, wo man Leute invitieren, auch an ihrem Garten ökologisch zu schaffen. Also zum Beispiel an singen Heft, an Terrassen, wenn die da merken, für auch da Grings mal dran zu kriegen. Das Weg für Leute mal auf den Weg zu kriegen, und dann gibt es natürlich auch den Weg von den Subsidien. Bislang hatten wir just Subventionen für Greenbiersch. Wir hatten für ein paar Jahre ein ganzes Klimaschutz-Subventionsprogramm an Lehrberuf, an dem Kontext hatten wir da die Subvention von Toiturwerk mal rangeholt. Und mit der Überschaft der Version vom Klimabonus sind wir intern auch am Gang das ganze Subventionsprogramm belegt zu werden, aber das noch nicht stark auch auf die Bringung an der Stadt ausfallen. Da schaffen wir noch, das auch natürlich geschafft wird. Ja, das ist eine Situation, und da geht natürlich auch über Reglementation, ich bin noch nicht am Detail mit PAG, wo wir auch da gucken, an die Karte konsequent, du siehst ja die verschiedenen Kategorien, die kann an einem PAG haben, Park, Forêt, Verdure, Jardin und so weiter, für nur überall auch konsequent Grings an der Stadt zu haben. Und dann auch an diesem Baureglement, an der Tünischen Express, also Kinder, die vielleicht noch nicht gelesen, weil noch viel Diskussionen an der Stadt, es war für noch schon Schottergärd gewesen, dass gesagt wird, die muss an ihrem Baureglement mehr explizit so, dass Schottergärd an viergärtischer, dass die verboten sind, bei mir so, alles, was rund um die Häuser aménagiert ist, muss zu Form des Passwerk aménagiert sein. So kann ich nicht so, und das geht nicht weit genug, okay, kann ich akzeptieren, kann ich direkt darüber diskutieren, aber vielleicht steht sich auch da etwas auf dem nationalen Niveau, da soll ja das Nationalbaureglement kommen, vielleicht machen die dann besser wie mir. Und dann ganz zum Schluss, natürlich alles das geht nicht, ohne dass ihn sich als Gemeinde engagiert, das ist auch schon gesagt, in politisch Engagement, an den Zusammen schafft. Engagement, natürlich den Naturpakt als mit einem Instrument für wenigstens Boost zu gehen und noch für gewisse Ziele sich für einen Ahn zu haben. Und dann eben noch zusammenarbeit in einer Konvention mit dem SIAS Roten streben nach selber eine biologische Station zu gehen, weil wir einfach relativ viele Kompetenzen am Haus haben. Und dann links sieht hier geht ganz viel zusammen schaffen, koordinieren, dafür mehr an der Stadt und zentral eine Equipe, wo dann noch ein Personengestionär des Espace naturel ist, die schafft man, die möchte Vernetzung zwischen all den anderen Services, zielen sie nicht alle, das ist dann die zweite Runde, und dann wird das bei uns intern und dann natürlich extern,
muss gut zusammenschaffen muss wollen auch sowohl mit der staatlichen mit der Verwaltung mit dem Ministerium mit beispielhaft sind pure Assoziationen mit denen wir zusammenschaffen voilà, wenn wir weiter froh sind ein ganz einfach E-Mail-Adresse Frau.lu sind Pierre Schmidt an Maman Bosch voilà, das als Gestionär ist etwas naturell wat fachlich nach viel mehr als ich. Merci. Herr Schmidt. Genau, Melo, ganz interessante Sachen. Wir sind auch in die Ferne Stadt Lützburg erwähnt. Herr Schmidt hat auch angeschaut, genau, den PAG. Ich meine, das ja etwas, wo man ja heute auch darüber schwätzen, inwiefern in so einer geringen Planung nach mehr an so Instrumente auch verankern kann, dass er dann Teil der Mitten von unserem Workshop. Genau, und steht, wir sind 10 Minuten über Zeit. Dafür schon, dass wir rüber an Pause gehen. Die behalten wir bei. Die 20 Minuten sind dann um 11 Uhr weiterführen. Und just falls wir Leute Fragen hätten, wir wirklich Umschluss von morgen gibt man Referenten noch 4 Beten, wo man aber für eine Mittagspause Zeit für gesehen und für eben nach Fragen zu stellen. Respektive an der Pause kann ihr noch Leute reden. Genau. Vielen Dank, merci. Ja, vielen Dank für die Einladung und schon für diesen spannenden Vorträge heute. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ja, kurz zu mir, ich bin kein Biologe, ich bin Planer und ich unterrichte Architektinnen an der TU Wien für die ökologischen Belange und Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung. Und seit längerer Zeit bin ich Teil einer größeren Forschungsgruppe, TU München, TU Wien, Zusammenarbeit von Planerinnen, Architektinnen und Biologinnen, vor allem aus der Tierökologie. Und wir haben vor einigen Jahren eben einen Ansatz entwickelt, um die Belange von Tieren und Biodiversität in den Planungsprozessen, also in der Stadtentwicklung, zu operationalisieren. Es geht natürlich auch um Maßnahmenentwicklung, aber da gibt es auch schon sehr viel. Und es geht natürlich auch, wie erhebt man Daten und so weiter. Aber unser Hauptziel ist wirklich, wie kriegt man Biodiversitätsbelange und Ziele, wie formuliert man Ziele im Bauen, in der Entwicklung, im Pflegemanagement, in Landnutzungsänderungen, um hier wirklich auch was in den Raum und in die Fläche zu bekommen und welche Ziele verfolgt man damit. Also es ist sozusagen eine Operationalisierungsmethode, eine Umsetzungsmethode, um wirklich Biodiversitätseffekte und Biodiversitätsförderung voranzubringen. Ich gucke mal etwas am Mikro, das piepst. Ja, das muss man ein bisschen. Okay, stimmt, ja, das ist sehr unangenehm. Okay. So. Das ist schön, danke. Vielleicht muss ich auch ein bisschen irgendwo. Oder wenn so ein Liedchen. Vorhin hat es nicht geduldet, Piet. Moment. Ja. Es liegt an mir. Ja, jetzt geht's. Ich bin so unter Spannung. Gut. Okay. Deswegen auch dieser Name Animal Aided Design, der war ja so ein bisschen scherzhaft gemeint, so angelehnt an Computer Aided Design, also computergestütztes Entwerfen. Die Idee, wie können so die Bedürfnisse von Tieren, auch als Stakeholder, wirklich die Entwurfsprozesse prägen und mitbestimmen. Das zum Hintergrund. Also was ist das Ziel dieser Methode? Biodiversität als Ziel in der Stadtentwicklung. Wir haben ja alle möglichen auf europäischer Ebene, nationaler Ebene und Biodiversitätsstrategien, Nature Restoration Law, European Green Deal, wo überall Biodiversität verankert ist. Wir haben das auch in den meisten europäischen Ländern auf nationaler Ebene verrechtlicht und integriert. Wir haben Förderprogramme, Strategien, Biodiversitätsstrategien auf nationaler Ebene, auf kommunaler Ebene in den Ländern. Wenn wir uns dann wirklich ins Bauen, in Gestaltung, in Landnutzungsänderungsprozesse begeben, da wird es dann dünner. Es wird zwar immer berücksichtigt, aber sozusagen ganz stark aus so einem, und es ist berechtigt, aber aus einem, ich sage es jetzt mal böse, aus einem defensiven, aus einem Schutzansatz heraus. Also das, was an Biodiversität, an Tiervorkommen da ist, soll geschützt werden. Das ist ein denkmalschützerischer Ansatz, das ist auch wichtig. Es gibt aber sozusagen
Ich nehme jetzt nur mal als Beispiel die deutsche Bauleitplanung. Wir können das, ich weiß leider nicht so genau über die luxemburgische Bauleitplanung Bescheid, aber es ist in den Ländern ist es so, dass Biodiversität in den Zielen, die mit der städtischen Entwicklung, mit dem Fortschreiben des Bauens formuliert werden, ist Biodiversität kein Ziel. Also Klimaanpassung inzwischen ja, aber Biodiversität ist kein Ziel der Bauleitplanung. Es knistert noch immer. Ich versuch's jetzt. Also mich stört es nicht, aber Sie vermutlich. Gut, danke. Also es sind kaum, also in einem Bebauungsplan Biodiversitätsziele festzulegen, ist ganz, ganz schwierig, weil es eben nicht als Ziel der städtischen Entwicklung verankert ist. Es gibt keine Gestaltungspflicht, es gibt kaum planerische Zuständigkeiten. Und wenn Sie mit den Kolleginnen der Verkehrsplanung, in der Architektur und sogar in der Landschaftsarchitektur sprechen, die fühlen sich in der Regel nicht zuständig für die Förderung von Biodiversität. Oder kann man klicken? Nee, okay, pardon, das wäre jetzt eine Traduktion. Können Sie das vorhin weitergehen? Geht's weiter? Ja. Hören Sie mich jetzt? Ja, natürlich. Ich fuchtel weniger herum. Ich will da jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber das hat sozusagen mit der ursprünglichen Konstruktion der Planungssysteme zu tun. Wir haben natürlich sozusagen die Stadtentwicklung, als bauliche Entwicklung, natürlich auch der Freiraumentwicklung. Und wir haben sozusagen als gegenläufigen Vektor im 19. Jahrhundert entstanden Naturschutz und Landschaftsplanung mit dem Ziel, sozusagen Biodiversität und Naturschutz zu betreiben. Und das sind gegenläufige Planungssysteme. Das eine sozusagen soll das andere zähmen und Schutz gewährleisten. Das ist auch wichtig und richtig so. Was damit natürlich verloren geht, ist sozusagen die auch jetzt im Zuge der Klimawandelanpassung naheliegenden Synergien zu entfalten. Und um das geht es uns sozusagen, wie können wir sozusagen die Synergien, die offen liegen in der Klimawandelanpassung, im Regenwassermanagement, natürlich auch in der energetischen Sanierung oder in der Parkentwicklung, im Pflegemanagement, wie können wir die so nutzen und in Planungssysteme integrieren, dass Biodiversität aktiv ein Belang wird, ja, und ein Planungsziel und sozusagen nicht nur eine Rahmenbedingung, die auch beachtet werden muss im Sinne des Schutzziels, sondern wirklich aktives Planungsziel werden kann. Wir sehen, dass das notwendig ist, da Eingriffsregelungen und der Artenschutz auf europäischer Ebene, der ja eigentlich relativ streng ist, gleichzeitig haben wir hohe Biodiversitätsverluste im Siedlungsraum. Das heißt, irgendwas funktioniert da nicht so richtig. Ja? Also wir haben man könnte sagen, Gentrifizierung oder Verdrängung von Arten aus dem urbanen Raum. Das hat was mit der Reurbanisierung zu tun, also mit unserem gerechtfertigten Ziel in Europa, Innenentwicklung vor Außenentwicklung zu setzen. Das heißt, wir wollen Städte nachverdichten, die Räume in den Städten effektiver nutzen und nicht auf der grünen Wiese entwickeln. Und das geht natürlich mit Verlust von Freiräumen einher und mit einer höheren baulichen Ausnutzung. Und wenn wir da Biodiversität nicht operationalisieren im Bauen, in der städtischen Entwicklung, werden wir unsere biologische Vielfalt in den Städten weiter verlieren. Schauen Sie sich die Haussperlingsbestände in vielen europäischen Städten an, die nehmen seit den 1990er Jahren eben massiv ab. Jetzt nur als ein Beispiel für eine Art, die ja ganz klassisch im Siedlungsraum tätig war, ihren Lebenszyklus verwirklicht. Deswegen ergänzend unsere Idee, Sie können es gerne anders nennen, muss nicht Animal Aided Design sein, aber dass wir auch einen Planungsvektor brauchen, der Biodiversität eben in die Stadtentwicklung, in die bauliche Entwicklung, in das Management der öffentlichen Räume, in den Siedlungsräumen integriert. Dafür gibt es mehrere Gründe, warum das sinnvoll ist als Begründung. Sie können es einmal auf
da kommen wir in die tierethische Diskussion. Ich will das gar nicht so weit aufmachen, aber es gibt aus unserer Sicht durchaus auch eine moralische Pflicht, Tiere als schmerzempfindliche und fühlende Organismen zur Stakeholder der Stadtentwicklung zu machen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Gründe. Sie können artenschutzrechtlich argumentieren, können Biodiversitätsziele formulieren, das sagen, eine Biodiversität, eine hohe und eine entsprechende ist eben auch, dient uns als Menschen, weil die Ökosysteme einfach leistungsfähiger sind. Ganz praktisch liegt es auf der Hand, dass wir eben diese Synergien mit Klimawandelanpassung und Wassermanagement und natürlich auch Naturerleben haben, und das ist auch ein wichtiges Argument aus unserer Sicht zu sagen. Wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, wie wir als Städter, wenn Sie in urbanen Räumen leben, wo wir unsere meiste Zeit verbringen, da gibt es Statistiken dazu, dann sind das 80-90% an unserem Wohnort und an unseren Arbeitsorten. Das heißt, die Stadt ist für uns Städter der Ort des Naturerlebens, und dann gibt es ja noch Menschen, die nicht so mobil sind, aus verschiedenen Gründen, aus ökonomischen Gründen oder weil sie eben nicht so mobil sind. Auch für die ist Stadt eigentlich der einzige Ort, um Natur zu erleben. Das heißt, wir haben ja, Biodiversität ist eben auch ein Umweltgerechtigkeitsthema im urbanen Raum, das Naturerleben für viele Menschen und für die meisten von uns eben in der Stadt stattfindet, und zu einem gelungenen Naturerleben gehören natürlich Tiere dazu. Animal-Aided Design ist entsprechend als Methodik so konzeptioniert, dass sie sozusagen ins Bauen, in die Stadtentwicklungsprozesse hineinpasst. Und wir haben 4 Phasen definiert, die ich jetzt ganz kurz durchgehen werde. Und die Phase A geht es eben darum, Zielarten als Ausgangspunkt der Planung zu nehmen, und damit verbunden sind dann die Definition konkreter Biodiversitätsziele. Zielarten sind eben ein sehr guter Hebel dafür, aus unserer Sicht etwas besser. Ich will jetzt sozusagen diese allgemeinen Flächenansätze, Biotoptypen als Entwicklungsziele und so weiter, ich finde, das ist wichtig und muss weiterhin so gemacht werden, weil eben die Fläche ja zum Beispiel aus kommunaler Sicht selbstverständlich ein wichtiger ein Hebel ist. Man hat eben die kommunalen Flächen zur Verfügung, wo man was machen kann, aber dazu ergänzend ist es aus unserer Sicht sehr, sehr sinnvoll, mit Zielartenkonzepten zu arbeiten. Was ist denn damit verbunden? Warum sind Tiere als Zielarten gut geeignet, um Biodiversitätsziele zu formulieren? Da gibt es mehrere Gründe dazu, und ein ganz simpler ist, über Tiere kann ich gut kommunizieren. Ja, erstens sind da die Konflikte sehr stark gebündelt, aber eben auch positive Emotionen damit stark verbunden. Das heißt, Tiere sind ein gutes Kommunikationsmittel, um Biodiversitätsziele gesellschaftlich abzustimmen, Teilhabe zu ermöglichen und so weiter. Ein anderer Punkt ist, muss ich Ihnen als biologisch informierte Menschen ja nicht erzählen, dass Tiere eben zentrale Knotenpunkte in den trophischen Nahrungsnetzwerken sind, und daher kann ich über diesen Hebel sehr stark auch sehr gut Ziele für Vegetationsentwicklung, für räumliche Entwicklung formulieren, abgeleitet aus den Bedürfnissen von Zielarten als biologische Knotenpunkte mit einem hohen Impact auf die Nahrungsnetzwerke. Deswegen kann ich da sehr gut übergreifende Biodiversitätsziele formulieren. Wie machen wir das? Wir machen selber keine Kartierungen, wir haben es ja heute schon gehört, und ich denke auch in Luxemburg ist die Datenlage relativ gut, oder auch in der Schweiz, in den deutschen Bundesländern ist das sehr unterschiedlich. Aber auch da wieder ein Beispiel, wenn ich mit Zielarten arbeite, dann kann ich diesen Schatz an Daten, der ja erhoben wird, auch noch einmal stärker strukturieren. Wozu brauche ich denn diese Tierartendaten überhaupt? Zurzeit sind die, ich sage mal, oft so eine Art Datenbeifang im Zuge von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Wir machen das halt, weil es sozusagen durch den europäischen Artenschutz geboten ist. Ich kann aber, wenn ich mir klar bin, was will ich mit diesen Daten machen, wie will ich mit Zielarten Biodiversitätsziele formulieren, dann kann ich mir auch noch mal besser überlegen, was ist wichtig zu kartieren und was nicht. Ja? Also reicht es einfach nur eine Anwesenheit von Arten zu kartieren, oder sind eben auch
Nicht-Anwesenheitsdaten wichtig, geht es um Brutvögel oder einfach nur um Sichtungen von Zugvögeln und so weiter. Also ja, damit verbunden ist sozusagen auch die Datenerhebung nochmal besser zu strukturieren und wir arbeiten in der Regel mit regionalen Artenpools. Wir arbeiten ja projektbezogen, bezogen auf konkrete städtebauliche Projekte, dazu gleich mehr. Aber wir erheben aufgrund von vorhandenen Daten, kommunale Daten, nationale Daten, aber auch Open-Source-Daten wie GBIF, erstellen wir einen regionalen Artenpool in einem Umfang von 20 Kilometer um ein Projektgebiet. Das haben wir mal erhoben, das reicht, um den Datenpool relativ umfangreich abzubilden. Selbstverständlich haben wir da auch einen Bias, also wir haben blinde Flecken, weil was sind Daten, spiegeln natürlich rechtliche Rahmenbedingungen und natürlich auch die Leidenschaften der Kartierenden wider. Deswegen haben wir in der Regel sehr viele Vogeldaten, sehr wenige Daten über Bodenleben. Das interessiert halt einfach weniger Menschen. Insofern gibt es da natürlich auch unterschiedliche Gewichtungen in diesen Daten. Dann schichten wir ab, da wir projektbezogen arbeiten, wir schauen uns an, bezogen mal auf ökologische Konnektivität, welche Arten können einen Raum überhaupt erreichen, in dem wir arbeiten und dann, ganz wichtig, was bietet ein Raum für Potenziale im Bestand, aber da wir es ja, das sollen diese zwei Bilder zeigen, ja mit dem Transformationsprozess zu tun haben, oben ein Stadtentwicklungsgebiet in Hamburg, Oberbillwerder, so ist es momentan eine sehr stark intensiv genutzte Agrarfläche, doch aber sehr gut nicht innerstädtisch, aber sehr gut an den ÖPNV angeschlossen. Danach wird hier ein neuer Stadtteil mit, ich glaube, 10.000 Einwohnerinnen sein und wir haben natürlich eine massive Transformation, also es geht um andere Arten danach, nach diesem Transformationsprozess, aber in der Regel interessiert sich niemand für, was kann in der Transformation, was kann ich im Zuge der Transformation eigentlich für Biodiversitätsziele erreichen und um das geht es uns. Ja, wie kann ich die Transformation so gestalten, dass Biodiversität eine Rolle spielen wird. Und momentan gibt es hier Feldlerchen, wie zu erwarten, wird es nachher in diesem Stadtteil nicht geben. Ich glaube, das ist klar, also da muss man ehrlich sein und das sind natürlich Konflikte, um die es im Naturschutz geht. Aber eben auch so ein Stadtteil bietet eben große Potenziale in der Grünraumentwicklung, in der architektonischen Entwicklung, um Biodiversitätsziele zu erreichen. In Deutschland gibt es 45.000 Tierarten circa. Wir können nicht für alle planen, das heißt, es ist ein ganz wichtiger Schritt, die Zielartenauswahl. Und die mache ich natürlich nicht willkürlich und denke, ich mag halt jetzt Eichhörnchen gerne, deswegen ist das eine gute Zielart. Das muss ich transparent machen und ich muss es mit übergeordneten Biodiversitätszielen verknüpfen. Was will ich damit erreichen? Und das ist nicht so einfach, das ist ein wichtiger Schritt, den wir partizipativ, wir formulieren ja sonst alle möglichen Ziele in der Stadtentwicklung bezogen auf die Mobilität und auf die Wohnqualität und so weiter. Natürlich können wir das für Biodiversität genauso machen. Und da gibt es eine Reihe Motive, das kann Naturerleben sein, ich kann damit andere Entwicklungsziele verknüpfen wie Regenwassermanagement, Klimawandelanpassung und daher jetzt das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist natürlich geschützt als Säugetier, aber steht in der Regel eigentlich nicht im Fokus von Biodiversitätsstrategien. Sehr wohl, aber gibt es da sehr gute Synergien, um zu sagen, Eichhörnchen ist eine tolle Zielart, um langfristig einen Baumbestand als Ziel, sozusagen die Entwicklung des Baumbestands in diesem Stadtteil so anzulegen, dass sie eben diese Art fördert. Und was erreiche ich damit? Es geht um große Bäume, es geht um die Konnektivität dieses Baumbestands, es geht um die Möglichkeit, dass Bäume altern und nicht aus Verkehrssicherheitsgründen nach 20 Jahren schon wieder entfernt werden. Also Sie können Zielarten verwenden, natürlich um Ziele zu verknüpfen und übergeordnete Biodiversitätsziele zu erreichen. Was man sich natürlich dann anschauen muss, Sie können in der baulichen Entwicklung natürlich nicht für alle Arten alles erreichen, sondern ich muss mir auch die übergeordneten Entwicklungsziele als Bestand anschauen, um das mit Biodiversitätszielen zu verknüpfen. Ja, da muss ich natürlich Abstriche machen. Ich wäre für viele Arten und
zum Beispiel für Amphibien arbeiten. Ich mache ein ganz simples Beispiel. Wenn ich weiß, es wird aus irgendwelchen nicht freiraumplanerischen Gründen oder aus nicht naturschutzfachlichen Gründen keine Gewässer in einem Projekt geben, dann schließt es natürlich eine ganze Reihe von Arten als Zielarten aus. Das heißt, ich muss die übergeordneten Ziele der baulichen Entwicklung wie einen Bestand behandeln und als Potenzial für die Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass ich natürlich nicht, wenn ich Tiere sozusagen als Entwicklungsziel setze, geht es natürlich schon darum, die bauliche Entwicklung zu verändern und zu optimieren. Um das geht es ja in dem Ganzen. Aber ich muss auch realistisch sein, was ist sozusagen, was sind Rahmenbedingungen, an denen die nur schwer zu verändern sind. Ich will gar nicht so ins Detail, wir zerlegen die Räume in Raumeinheiten, sozusagen in urbane Habitattypen, wie Innenhöfe, Dächer, Fassaden, Freiräume. Das ist aber je nach Projekt anders zu strukturieren. Und natürlich sind die schon so strukturiert, dass ich damit den Lebenszyklus von Arten adressiere. Also ich überlege mir, was kann ich zum Beispiel mit den Dächern erreichen. Was wichtig ist, diese Raumeinheiten sind nicht isoliert. Also wenn ich jetzt Wildbienen adressiere mit einer bestimmten Art von Dachbegrünung und Substrataufbau, ist es natürlich klar, dass die Ressourcen nicht nur auf den Dächern von den Organismen geerntet werden, sondern selbstverständlich muss ich vernetzt denken, aber es lohnt sich doch, die Räume sozusagen nach den Bedürfnissen der Tierarten zu strukturieren, um damit auch Zuständigkeiten zuweisen zu können. Weil es ist ja so, für die Fassaden oder die Dächer sind andere menschliche Akteurinnen zuständig als später zum Beispiel für die Freiräume. Freiräume werden vielleicht später von den Grünflächenämtern verwaltet oder auch geplant. Die Gebäude vielleicht von der Schulverwaltung oder von privaten Investoren oder von Wohnungsbaugesellschaften. Insofern ist es auch sinnvoll, die Habitattypen nach Verwaltungseinheiten oder Zuständigkeiten zu strukturieren, also hier sozusagen so eine Überschneidung und Verbindung herzustellen. Ganz früh und im Zielartenauswahlprozess, weil Sie ja damit grundlegende Ziele formulieren, ist es wichtig, dass wir das partizipativ machen. Und wen müssen wir zentral beteiligen? Breiter ist natürlich besser, die künftigen Bewohnerinnen und so weiter einzubeziehen. Das ist nochmal eine ordentliche Herausforderung, aber zentral ist, dass Sie das gemeinsam mit den Menschen machen, die später die Verantwortung für diese Arten übernehmen müssen. Und diese Verantwortung ist nicht nur eine selbstgewählte, also zu dem ersten Zeitpunkt natürlich schon, aber später ist sie sozusagen auch rechtlich gegeben. Wieder ein einfaches Beispiel, Sie integrieren Kästen für Mauersegler in eine Fassade und es ist ja nicht so, dass Sie dann nach 2 Jahren, wenn Sie keine Lust mehr auf die Vögel haben, die wieder abmontieren können, sondern der europäische Artenschutz verpflichtet Sie ja dann, diese Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, wir müssen das transparent machen, auch was da für Kosten und auch, ja, ich sag mal, Effekte entstehen, für die sie nachher verantwortlich sind. Das müssen wir besprechen und vor allem auch die Konflikte offenlegen, dass diese Verantwortungsübernahme tatsächlich passiert. Wir haben uns geeinigt in diesem Prozess, um welche Zielarten geht es, welche übergeordneten Biodiversitätsziele verknüpfen wir damit, und jetzt geht es natürlich darum, das müssen wir jetzt irgendwie in den Raum bekommen, zu Teil der Gestaltung werden lassen. Okay, und wir nennen das mit dem Lebenszyklus gestalten. Was wichtig ist, wir machen ja keine kleinen Mikronationalparks in solchen Projekten, sondern es ist eine integrierte Planung. Das heißt, wir müssen die Gestaltung für die Tiere natürlich in die Gestaltung für die Menschen integrieren. Ja, das heißt, wie kann eine Fassade aussehen, die natürlich für Menschen funktioniert, aber eben auch für die Zielarten oder ein Dach oder ein Freiraum. Aber dazu muss ich zunächst mal, und da sind ja die Daten da, aber ich muss mich mal mit dem Lebenszyklus einer Art auskennen. Es reicht halt eben nicht, in einen Innenhof, wo keine Vegetation da ist, einen Nistkasten zu montieren, da werden die Jungen dann verhungern oder die Kästen werden gar nicht angenommen. Das heißt, ich muss mich mit dem ganzen Lebenszyklus beschäftigen und den jeweilig planerisch relevanten Bedürfnissen, die da auftreten. Das heißt, wir interessieren uns, wir bereiten diese Daten auf in Artenporträts und haben Datenbanken, wo wir das sozusagen die relevanten Informationen sammeln. Also die Farbe der Eier einer Vogelart interessiert uns jetzt nicht so sehr, aber sehr wohl dann die notwendige Größe eines Einflugslochs oder die Nahrungsressourcen
die bereitgestellt werden müssen, sowohl qualitativ wie quantitativ. Und da gibt es eben auch Unterschiede. Haussperling, ein nettes Beispiel. Adulte Vögel fressen schon sehr viele Sämereien. Die Jungen werden ausschließlich mit Insekten und Weichtieren gefüttert. Das heißt, das muss ich einfach wissen, um auch zu verstehen, dass in den verschiedenen Phasen die Ansprüche verschieden sind. Und dann kommt sozusagen der kreative Schritt und das, ja, wir sind natürlich selber auch GestalterInnen im Büro, aber sehr oft sind wir eben wie Lichtplaner, Fachplaner, die den Aspekt Biodiversität einbringen oder arbeiten sozusagen auch in der Forschung in diesem Bereich. Das heißt, wir müssen zusammen mit den Kolleginnen aus der Architektur, der Verkehrsplanung, der Freiraumplanung arbeiten und ihnen die Informationen bereitstellen und sie dazu auch motivieren. Und das ist in der Regel gar nicht so schwierig, weil es als eine spannende kreative Herausforderung genommen wird, wie diese quantitativen und qualitativen Rahmenbedingungen damit Zielarten ihren Lebenszyklus verwirklichen können, wie die Teil der Gesamtgestaltung werden können. Die Kolleginnen können das, ja, sie können das in barrierefreien bauen, da gibt es auch Daten, so und so breit muss ja, der Eingang einer Wohnung sein, damit ich mich mit dem Rollstuhl umdrehen kann. Das ist jetzt nicht exotisch sozusagen, mit solchen Daten zu arbeiten, die zu Gestaltung, ja, zu konkreter räumlicher Gestaltung werden zu lassen. Das können diese Menschen und sie können das selbstverständlich auch für Tierarten, aber da gibt es zunächst einfach kein Verständnis der Zuständigkeit dafür und das ist auch wichtig, dass diese Bereitschaft einfließen zu lassen und zu aktivieren. Baseline ist natürlich immer, und wir haben ich sage einmal das Wort Green Architecture, wir sollen aber zunächst mal nicht töten in der Art und Weise, wie wir bauen. Also wir haben so ein paar klassische Konflikte, die natürlich als Baseline bearbeitet werden müssen, Vogelschlag an Glas, Lichtverschmutzung etc. Und bei Green Architecture zum Beispiel, man merkt es immer, das ist ein super Thema und es ist ganz wichtig, es wird aber ganz, ganz stark nur aus so einer Klimawandelanpassungsperspektive immer betrachtet, Pflanzen als mikroklimatische Technik. Wir kriegen ganz oft auf unseren Tisch Green Architecture mit sehr, sehr viel Grün und ganz, ganz viel Glas. Und wir sagen dann immer, Leute, wenn ihr wirklich so ein Haus bauen wollt mit so viel Glas, dann lasst bitte das Grün weg, weil das ist einfach das Schlimmste, das ist eine total toxische Mischung. Also Sie sehen hier sozusagen diese Trade-offs, die es hier gibt. Ja, nicht alles, was sozusagen aus Klimaanpassungsgründen gut ist, wie eine Fassadenbegrünung, ist dann im Zusammenhang mit der Gesamtkonzeption sinnvoll, wenn ich gleichzeitig sehr, sehr viel Glas zum Beispiel an ein Gebäude damit kombiniere. Was entsteht? Es entstehen im Endeffekt eigentlich sowas wie neue Biotoptypen, ja, wie eine biodiverse Dachbegrünung. Ja, das fällt ja sozusagen aus dem klassischen System der Biotoptypen heraus. Und da geht es natürlich auch Fallbeispiele und so weiter zu produzieren und dann natürlich auch irgendwann das so zu generalisieren, das ist ja auch in Ordnung. Und man sieht auch ja, wie zum Beispiel das Biodiversitätsgründach oder das PV-Gründach tatsächlich dann auch in der Bauindustrie plötzlich ankommt. Ja? Optigrün, Zinco etc. Andere Firmen fangen dann an, auch dazu Produkte zu entwickeln. Ganz kurz natürlich jetzt wieder auf der Fläche. Es geht jetzt nicht nur darum, wirklich das Bauen selber zu überwachen, das ist natürlich auch wichtig, jetzt im Maßnahmenbereich, aber es geht auch darum, vor allem in der städtebaulichen Entwicklung, da haben Sie ja mit Planungsprozessen zu tun, zum Beispiel jetzt für einen neuen Stadtteil oder eine große städtebauliche Entwicklung, das kann schon mal 20, 30 Jahre dauern, bis das dann am Schluss steht. Und wenn Sie dann nur am Anfang sozusagen ein Zielartenkonzept machen, dann wird nach 30 Jahren davon nichts mehr übrig sein. Das heißt, Sie müssen das wirklich operationalisieren und im Prozess behalten. Und dazu ist es notwendig, ich habe jetzt gerade keine Folie dazu, aber diese Bedürfnisse, die Sie in Gestaltung umgesetzt haben, zu quantifizieren und in verschiedene Instrumentarien einfließen zu lassen. In einen Bebauungsplan, in einen städtebaulichen Vertrag, in ein Gestaltungshandbuch für eine Planung, in Auslobungen für Wettbewerbe, dann zum Beispiel für Teilbereiche, für eine Schule, für eine Parkanlage und so weiter. Und dazu müssen Sie relativ einfach und klar das Quantifizieren und Qualifizieren. Das heißt, da gibt es natürlich Anforderungen, das wird dann
eigentlich instrumentalisiert und operationalisiert in Listen, in Daten, die dann sozusagen in der weiteren Planung beachtet werden müssen. Das ist eigentlich fast der wichtigste Schritt dann im weiteren Planungs- und Umsetzungsprozess. Und natürlich Monitoring. Ja, wir wollen ja lernen, wissen wir überhaupt, ob eine Maßnahme funktioniert. Das ist im Naturschutz ja auch ein klassisches Problem, dass Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen oft nicht gemonitort werden und wir gar nicht wissen, ob das funktioniert. Das ist bei uns natürlich auch so. Und wie immer fehlt dafür auch oft das Geld. Das heißt, wir bräuchten schon auch dafür eigentlich rechtliche Verankerungen, um zu schauen, funktioniert das und wo ein guter Hebel sind auch Zertifizierungssysteme wie DGNB und andere, BREEAM, und es gibt in Frankreich eigene Systeme, wo dann sozusagen auch eine Qualitätskontrolle und Monitoring vorgeschrieben ist und das ist natürlich extrem sinnvoll. Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit. 3 Ebenen, wo wir ansetzen können mit diesem Ansatz. Gesamtstädtische Biodiversitätsstrategien, auch da ist es gibt Biodiversitätsstrategien, da kommt keine einzige Art vor, sondern da geht es ganz stark über Flächenkulissen und das hat natürlich Effekte, aber aus unserer Sicht ist das etwas unspezifisch, weil die Ziele nicht klar formuliert werden. Ich finde das ganz, ganz zentral und wichtig, mit Flächenkulissen und Maßnahmen zu arbeiten, aber was ich damit will, wird wirklich erst scharf. Also was will ich denn wirklich mit Blühwiesenentwicklung erreichen? Was sind die Biodiversitätsziele damit? Weil, ob Sie es wollen oder nicht, Sie haben eine Zielartenauswahl damit ja schon vorgenommen. Es geht ja um Bestäuber, es geht um Bienenarten und bestimmte Insekten. Aber wenn Sie sagen, es sind dann zweischürige Wiesen, lassen Sie auch eine ganze Menge Insektenarten weg, die nämlich darauf angewiesen sind, dass Sie vielleicht nur alle 2 oder 3 Jahre mähen, weil die ihren Lebenszyklus in den Stängeln der Pflanzen und so weiter verwirklichen. Das heißt, Sie treffen sowieso eine Zielartenauswahl, ob Sie wollen oder nicht. Und dann machen wir es doch, verankern wir es doch lieber ganz konkret von Anfang an, sozusagen aus der Flächenebene und aus sozusagen der klaren Transparenz, was will ich damit erreichen, aufgrund von Zielarten. Das ist aus unserer Sicht die effizienteste Methode, um wirklich nochmal schärfer argumentieren zu können, was die Ziele sind. Wir können auf Quartiersebene, auf Nachbarschaftsebene arbeiten und natürlich auch im Objekt selber. Ja? Und das ist immer mit verschiedenen Planungsinstrumentarien verbunden. Aus unserer Sicht gehören manche Dinge auch schlicht und einfach in die Bauordnung hinein, zumindest die Baseline, wie wir sollten einfach nicht Hochrisikofassaden für Vögel bauen, das kann man sehr stark rechtlich verankern, aber das sind jetzt vielleicht schon zu sehr im Detail. Ganz kurzer Blick auf die gesamtstädtische Ebene. Man kann, oder da sind wir auch gerade dabei in der Forschung, wir können seit 20, 30 Jahren Mobilitätsströme ziemlich gut modellieren für Autos, ÖPNV, Fußgänger etc. Wir können das eigentlich auch für Tierarten machen und das sollten wir auch tun. Und das ist natürlich wieder zielartenspezifisch, das sind nur 3 Beispiele. Ja, diese 3 Vogelarten, die Konnektivität für diese 3 Arten ist jetzt Beispiel Ingolstadt, die ist einfach total unterschiedlich, obwohl das jetzt einfach 3 Singvögel sind. Also es ist auch hier, sieht man wieder, dass auch da sich das genaue Hinschauen auf Artenebene lohnt. Und wir können, das ist ein Wettbewerb, an dem wir dabei waren, ein neuer Stadtteil in Wiesbaden für 10.000 Einwohner. Ich kann natürlich mit einem Zielartenkonzept wirklich eine städtebauliche Planung anreichern und Strukturänderungen bewirken, indem ich mir überlege, was haben denn die Grünräume, was hat die städtebauliche Figur für eine Funktion für Menschen, ja, die Freiräume, die Konnektivität für Menschen, aber wie werden sie nochmal anders strukturiert, wie sind die Vegetationsbestände anders aufgebaut, wenn ich mir das nochmal für Zielarten anschaue. Und man kann natürlich den Bestand transformieren. Das ist ein Beispiel aus Neuperlach, ein 70er-Jahre-Stadtteil aus München. Und hier auch wieder, wo kann ich wirklich effizient mit dem Zielartenkonzept, natürlich muss ich mir die Potenziale der Veränderung anschauen, wo steht Transformation an, aber da kann ich nochmal sehr passgenau wirklich eingreifen und zu schauen, da kann ich an den Fassaden was machen, hier im Pflegemanagement und so weiter. Und auch im Bestand ganz zentral können jetzt über die sozusagen administrativen oder die Verantwortlichen auf einer operativen Ebene auch wirklich an der Basis arbeiten
Und Sie können mit Zielarten wirklich eine breite Einbeziehung der Öffentlichkeit erreichen, weil Tiere in der Regel, oder einige, das kann man im Detail nochmal diskutieren, Sympathieträger sind und sie können die Leute dafür gewinnen und wirklich an der Umgestaltung, der Pflege und der Ausstattung von Freiraum aktiv mit einbinden. Sie können Co-Design machen, Co-Envisioning, also Ziele gemeinsam formulieren und sie können natürlich auch in einem gewissen Bereich, wie ja das in den Naturschutzverbänden ja, das ist ja eine wichtige Aufgabe, auch wirklich von Ihnen das ganz praktisch zu machen. Und natürlich kann ich mir dann nochmal top-down abgeleitet in einem partizipativen Verfahren auch überlegen, warum mache ich jetzt ein Sandarium? Warum eigentlich? Ja? Und dann können Sie das auch nochmal stärker hinterlegen. Ich muss aufhören. Ja? Gut. Genau, noch ein paar Bilder, wie es dann praktisch ausschaut. Und ein letztes Wort. Wir haben eine Datenbank. Wir haben ja natürlich auch ökonomische Interessen als Firma, aber wir haben sozusagen ein auf bestimmten, ein Best Practice Ablaufsystem veröffentlicht im Internet, eine Toolbox mit den verschiedenen Schritten, ganz praktisch, am Beispiel von 20 Arten, wie kann man wirklich ganz praktisch, auch mit der breiteren Einbeziehung der Öffentlichkeit, diesen Prozess vollziehen, vom Anschauen, was ist da, zur Prüfung, was bietet der Raum für Potenziale, zu einer gemeinsamen Planung, Zielentwicklung bis zur gemeinsamen Gestaltung und Umsetzung. Gut, Datenbank finden Sie hier. Da sind verknüpft die Zielarten, deren Ansprüche, dazwischen als Mittler Maßnahmenpakete, also Sie können von allen 3 Seiten kommen und dann nochmal Pflanzenarten, sozusagen um diesen Konnex herzustellen. Und damit bin ich jetzt fertig. Danke. So. Guten Tag, Frau Bischof, hören Sie mich? Ja. Guten Tag, Sie sind jetzt hier bei unserer Veranstaltung zugeschaltet. Ich stelle dem Raum vor, genau, Sarah Bischof von der Grünstadt Zürich. Sie ist Leiterin der Fachstelle Stadtgrün und sie wird uns das sehr interessante Programm Stadtgrün vorstellen. Wir werden dann aber kurz noch einen Film von ihr zeigen, der dieses Programm vorstellt und dann gebe ich wieder zurück ins Zoom, wo sie uns dann ihre Präsentation vorstellen wird. Hallo. Genau. Moment, ich mute nur Sarah und nachher verweise ich dann wieder auf dich. So. Und das im Sommer. Asphalt und Beton heizen das. Moment. So. Zürich, wortwörtlich ein heißes Pflaster. Besonders im Sommer. Asphalt und Beton heizen das Stadtklima auf. Bäume und Grünflächen kühlen die Umgebung, vor allem in Städten. Deshalb unterstützt die Stadt Zürich ökologisch wertvolles Grün. Mehr Grün bedeutet nicht nur Schatten und weniger Hitze. Jedes Stück Natur fördert auch die Biodiversität in der Stadt. Gemeinsam, die Stadt Zürich, private Grundeigentümerschaften und die Bevölkerung, machen wir Zürich grüner. Durch Forschung, Praxis und kreative Lösungen entwickeln wir gemeinsam neue Ideen für eine grünere Stadt. Mit dem Programm Stadtgrün bringen wir mehr Natur in die Stadt und mindern die Hitze an heißen Tagen. Unser Team berät Sie kostenlos, wie Sie Ihre Liegenschaft oder Ihr Grundstück ökologisch wertvoll begrünen können. So, genau, hallo Frau Bischof, genau, das Video wurde gezeigt und ich werde dann an Sie übergeben. Ich mache Sie noch zum so, okay, genau, Bühne frei für Sie. Geht das mit den Medien? Oh, Sind Sie den Präsentationsmodus? Ja.
Ja. Jetzt finde ich Agenda. Geht das alles? Ja, das geht. Dann vielen Dank, dass ich hier das Programm Stadtgrün bei Ihnen vorstellen darf. Ich würde Ihnen gerne das Programm vorstellen, die verschiedenen 4 Teilprogramme, dann auch ausgewählte Projekte, die wir bereits umgesetzt haben in den letzten 2 Jahren. Und dann stehe ich noch gerne für Fragen und Antworten zur Verfügung. Wir haben in der Stadt Zürich das Programm Stadtgrün. Das ist seit Januar 24 jetzt am Laufen. Das war aufgrund einer Volksabstimmung innerhalb der Stadt Zürich und wir haben 130 Millionen Schweizer Franken zur Verfügung, um verschiedene Programme zugunsten der Hitzebildung umzusetzen und auch speziell für private Grundeigentümerschaften Förderungen anzubieten und auch die Pilot- und Forschungsprojekte sind für uns sehr wichtig. Und wir haben dafür eine eigens geschaffene Fachstelle. Stadt Zürichweit sind es über 22 Mitarbeitende, die hier tätig sind. Wie haben wir unser Programm Stadtgrün überhaupt entwickelt? Die Stadt Zürich hat 3 Fachplanungen, die bereits entwickelt wurden und auch von unserem Stadtrat verabschiedet. Das ist zum einen die Fachplan Hitzeminderung aus dem Jahr 2020. Sarah, Entschuldigung, ich muss einmal kurz unterbrechen. Hier läuft anscheinend ein Aquarium-Video im Hintergrund. Wir hören das Plätschern. Irgendwie bei YouTube ist das automatisch nach deinem Video gestartet. Jetzt. Wir wissen alle aus. Ja, ich habe auch gedacht, bei dir wäre ein Bach in Zürich. Ah, schön. Merci, Lisa Anton. Ich habe mich schon gewundert, war auch schön idyllisch. Okay, du kannst weitermachen. Also wir haben die 3 Fachplanungen. Bei den Stadtbäumen haben wir zum Ziel 25% Wohnungsrechte innerhalb der Stadt Zürich bis 2050. Und dann haben wir noch die neueste Fachplanung Stadtnatur, das sind 15% ökologisch wertvolle Fläche bis ins Jahr 2014 und das werden Sie ja dann heute Nachmittag noch von meinen Kollegen vorgestellt. Wir haben für das Programm Stadtgrün diese 3 Fachplanungen als Basis genommen. Denn mit dem Programm Stadtgrün haben wir Geld, um die Zielwerte dieser 3 Fachplanungen konkret umzusetzen. Zurzeit ist in der Stadt Zürich auch noch ein Fachplan Regenwasser im Siedlungsraum in Entwicklung, welcher dann noch das Ganze komplettiert. Wir haben unser Programm Stadtgrün auf 4 Teilprogramme aufgeteilt. Wir haben einerseits mit etwa 45 Millionen Franken haben wir Maßnahmen für den städtischen Raum, Grünflächen, Plätze und auch Straßenräume. Dann haben wir das wichtige Programm 2 für die privaten Eigentümerschaften, welche Grundeigentum innerhalb der Stadt Zürich haben, mit gut 50 Millionen. Wir haben das Programm 3, das sind Liegenschaften der Stadt Zürich, wo aber eine Mieterschaft drin wohnt, wo man die Wohnung mieten kann, und auch das Programm Forschungs- und Pilotprojekte. Jetzt würde ich gerne die einzelnen Programme vorstellen. Das Programm 1, hier, das ist unser allererstes Beispiel, das wir bereits im März 2024 umsetzen konnten, ist ein Platz in der Stadt Zürich, wo wir eine ökologische Aufwertung machen konnten. Wir konnten einheimische Wildschweine und Wiegenpflanzen dort pflanzen und durch das einen Lebensraum schaffen, auch für einheimische Insekten. Und es hat die Lebensqualität gerade in diesem Quartier sehr erhöht, weil wir dort nicht sehr viel haben. Bei dem Programm 1 geht es uns darum, dass wir außerhalb von großen, koordinierten Straßenbauprojekten, wo auch gerade Leitungen, sei es Telekommunikation, Elektrizität oder auch Wasser, als Ganzes angeschaut werden, dass wir im Rahmen von Stadtgrün kleine und auch schnelle Projekte machen können und nicht die 10 Jahre abwarten müssen, bis so ein großes Projekt realisiert wird. Das ist unser allererstes Beispiel.
Wir haben in Zürich wächst, das ist ein sehr versiegeltes Gebiet. In Zürich haben wir beim Gleisbogen konnten wir ein Projekt realisieren, wo wir 90 zusätzliche Bäume pflanzen konnten. Wir haben auch viel entsiegelt und gerade dort ist der Nutzungsdruck für Erholungssuchende sehr groß. Wir konnten auch da einen Beitrag für das Stadtkino leisten. Hier ein paar Impressionen. Das war ein Projekt, das ca. 1 Million Schweizer Franken wurde da vom Stadtrat für dieses Projekt bewilligt und ist jetzt bereits realisiert. Wir konnten auch, was hier zu sehen ist, auf dem linken Bild, wir konnten mit einer Schulklasse zusammenarbeiten. Es ist auch wichtig, als Bildungsangebot solche Maßnahmen und das Wissen an Kinder weiterzugeben. Bei uns in der Stadtgärtnerei, die gehört der Grünstadt Zürich, haben wir ein sehr großes Wildbienenparadies realisiert. Fast 500 Quadratmeter groß mit vielen Niststrukturen, rein einheimische Bepflanzung und konnten auch so ein schönes Wildbienenparadies schaffen. Auch hier einige Impressionen. Wir haben in der Stadt Zürich sehr viele Parkhäuser. Es ist uns auch dort ein Anliegen, dass wir die Fassaden wie an diesem Beispiel mit vertikaler Begrünung, mit einem linearen Seilsystem in diesem Fall und Kletterpflanzen begrünen können. Und hier noch ein Beispiel von über 50 Obst- und Wildobstspalierbäumen entlang einer Stützmauer, was ebenfalls auch für das Anschauen einen Beitrag und natürlich für die Biodiversität leisten konnte. Und gerade in Zürich gibt es auch das Thema von Graffitis. Auch hier können wir dagegen wirken, wenn man das so bepflanzt. Jetzt das wichtige Programm 2 für private Grundeigentümerschaften. Wir haben hier ein Programm etabliert, das es bis anhin noch nicht gab, in dieser Form in der Stadt Zürich. Wir unterstützen Private sowohl in der Beratung als auch finanziell in einem großen Umfang. Das Förderprogramm setzt sich zusammen aus 7 Fördermaßnahmen. Man kann Anträge stellen für einerseits Vertikalbegrünung, auch intensive Dachbegrünung und extensive, die Entsiegelung im Bestand. Was uns auch wichtig ist, ist natürlich der ökologisch wertvolle Aufwerten von Außenräumen, wo ein Beitrag in die Faktor der Stadtnatur leistet. Und ganz wichtig sind die Bäume. Einerseits der Erhalt und die Pflege der wertvollen, großen bestehenden Bäumen, aber auch die Einpflanzungen von neuen Bäumen. Diese leisten dann einen Beitrag in die Fachplanung Stadtbäume. Was auch einzigartig ist bei unserem Programm im Vergleich zum Rest der Schweiz, dass wir auch die Erstellungspflege und die Entwicklungspflege von 2 respektive 4 Jahren mit unterstützen finanziell. Jetzt, wie läuft das bei uns ab? Die privaten Grundeigentümerschaften können uns einen Antrag stellen, wenn sie eine erste kostenlose Beratung möchten. Dann gehen Mitarbeitende von Grünstadt Zürich und unsere externen Beratenden gehen raus in dieses Areal und beraten, was auch immer die Eigentümerschaft wünscht, zu diesen 7 Fördermaßnahmen. Wir unterstützen diese auch bei der Antragstellung. Der Antrag erfolgt über ein Portal, wo man diese Maßnahme eingeben kann und auch die Pläne hochladen kann, was genau man realisieren möchte. Wir von der Grünstadt Zürich prüfen diese Förderanträge, ob sie alles erfüllen, denn unser Programm für die Privaten, dem liegt ein Reglement zugrunde. Also es ist ganz klar definiert, was wir fördern dürfen und was nicht. Und der Grundsatz ist, dass für alles, was das Gesetz, die Bau- und Zonenordnung oder das Planungs- und Baugesetz bei uns fordert, dürfen wir nicht doppelt finanzieren. Es geht darum, alles, was darüber hinaus ist. Anschließend erfolgt ein Chat und sobald das dann entsprechend die Vereinbarung erfolgt ist,
bekommen sie eine Förderzusage und nach der Fertigstellung und der Abnahme, wo wir wieder nach draußen gehen, auf diese Parzelle zu der Person und überprüfen, ob das korrekt realisiert wurde, dann bezahlen wir 50% an den totalen Gesamtkosten. Und wir haben eine Deckelung, pro Fördermaßnahme zahlen wir maximal 1 Million Schweizer Franken. Also es ist ein sehr namhafter Betrag, wo wir hier leisten können. Hier einige Beispiele, da haben wir in der Agglomeration Ende von der Stadt Zürich konnten wir eine essbare Vertikalbegrünung realisieren, ist sehr umfangreich mit verschiedenen Arten auch. Ebenfalls einige Illustrationen, wir führen auch Führungen durch, also man kann sich anmelden, da gehen wir mit dem planenden Gartenbau und Fachleuten von uns gehen wir das raus und erklären das entsprechend. Wir haben hier ebenfalls eine Vertikalbegrünung auf einer begrünten Dachterrasse als Beispiel. Oder das Volkshaus Zürich, was einigen von Ihnen eventuell bekannt ist, haben wir eine extensive Dachbegrünung realisiert. Aufgrund der gesetzlichen Vorlagen bei uns in der Stadt Zürich unterscheiden wir zwischen extensiver Dachbegrünung und intensiver, respektive Neubau und Bauten im Bestand. Entsprechend, wir dürfen nicht alles fördern, weil gewisses halt gesetzlich schon gefordert ist. Deshalb hatten wir bei den 7 Maßnahmen diese Unterscheidung mit Neubau und im Bestand. Auch hier einige Illustrationen. Das ist eine Baugenossenschaft, wo wir auf 210 Quadratmetern mit Gefäßen unterstützen konnten. Und uns ist es auch ein Anliegen, und das steht auch im Reglement, dass wir hauptsächlich mit einheimischen Orten arbeiten. Da sehen Sie vorher nachher das Bild von einem Gebäude, das aufgestockt wurde. Und im Rahmen dieser Sanierung konnten wir zusätzlich die Begrünung realisieren. Und hier noch, Energie 360 ist ein großer Energiedienstleister, ein Halbprivater in der Stadt Zürich. Hier konnten wir ein Riesenprojekt realisieren. Sie sehen an der Fassade, das ist kombiniert. Einerseits eine Fassaden-PV-Anlage und andererseits unten eine Vertikalbegrünung. Die Stadt Zürich hat nicht nur das Ziel, als Stadt die Begrünung zu fördern und die Hitzmengen, sondern auch natürlich die erneuerbaren Energien. Deshalb ist es uns ein Anliegen, wo immer möglich, entsprechend diese beiden zu kombinieren. Und wir sprechen da von 750 Quadratmetern. Wir haben zudem in dem Bereich bei Energie 360, wir konnten auch die Parkplätze entsiegeln und auf der rechten Seite auf dem Bild, das ist vis-à-vis vom Bild links quasi auf der linken Seite des Gebäudes, da sehen Sie diesen Balkon mit Stühlen, das ist für die Mitarbeitenden für die Pause, und auch hier konnten wir mit Begrünung den Raum aufwerten. Da sehen Sie als Beispiel ein Projekt mit ökologischer Aufwertung und Vertikalbegrünung. Auch hier teilweise bei Neubauten arbeiten wir natürlich auf den Plan und laden dann die privaten Grundeigentümerschaften zu uns ins Büro ein, damit wir das so besprechen können. Wenn es im Bestand ist, gehen wir nach draußen und beraten sie dort. Das ist auch von einer kleinen privaten Gemeinschaft, der Innenhof, mit der Versickerung, mit Entsiegelung und auch einer Baumpflanzung. Und sie haben hier die Balkone umgebaut, da sehen Sie die Becken auf der Seite mit Begrünungen und den Wasserfluss, der von oben nach unten kommt. Wichtig in der Stadt Zürich, ich habe gesagt, dass wir nur finanzieren dürfen, was nicht gesetzlich gefordert ist. Wir haben das Glück, dass im Dezember 2024 bereits unser Planungs- und Baugesetz revidiert wurde und dass in diesem Gesetz sehr viel zugunsten des Stadtklimas und zur Hitzemenge aufgenommen wurde.
Bedeutet natürlich, wir dürfen weniger fördern, aber unter dem Strich können wir so einen größeren Beitrag zu mehr Grün in der Stadt erreichen. Hier habe ich Ihnen noch die Links, falls Sie das mal im Detail anschauen möchten, wie unsere Webseite aussieht jetzt für die Privaten, wie man sich in das Formular für die Beratung anmelden kann und auch die Förderplattform in der QR. Das ist viel zur Information. Das Programm 3, das sind diese Liegenschaften der Stadt Zürich, in denen aber keine Betriebsgebäude sind, sondern in denen Mieterinnen und Mieter wohnen. Wir haben im 24. damit gestartet, dass wir die 53 städtischen Wohnsiedlungen und haben eine Potenzialanalyse alle durcharbeiten und auf die 7 verschiedenen hitzemildernden Maßnahmen überprüfen. Und schauen mit einem externen Anbieter, wo hat es denn jetzt in diesen Liegenschaften Verbesserungspotenzial. Das war ein sehr spannender Auftrag, sehr umfangreich und nichtsdestotrotz haben wir zum Schluss wirklich Pläne für alle Liegenschaften, wo von einem Landschaftsarchitekten aufgezeigt wird, wo was möglich ist. Und die Umsetzung haben wir jetzt im 25 gestartet, aufgegleist und jetzt ab 26 sind wir da in der Realisierung. Die Forschungs- und Pilotprojekte, auch ein wichtiger Punkt von unserer Seite, denn wir möchten ja das Gelernte auch dann konkret umsetzen können mit den Klimen der Stadt Zürich. Gerade die Bäume sind stark und die Druck mit der Hitze. Wir werden da in einigen Jahren das Klima vom Balkan haben, also ist es uns dort ein Anliegen, auch die Forschung in die zukünftige Stadtentwicklung mit einbeziehen können. Wir haben hier an einem Gebäude, der Verkehrsverbund der Stadt Zürich, ein Busdepot, konnten wir eine Fassadenbegrünung machen mit 3 einheimischen Pflanzen. Das ist der erste Versuch, den wir haben mit rein einheimischen, sonst ist es meistens ein Mix. Und unsere Forschungsprojekte werden wo immer möglich auch mit Temperaturmessungen begleitet, um entsprechend dann auch Aussagen machen zu können. Die Fauna wird kartiert und bei unseren Forschungs- und Pilotprojekten ist auch immer eine Forschungsinstitution mit involviert. Also das machen wir nicht nur von unseren Mitarbeitenden. Das ist immer in Kooperation, um auch entsprechend die Hypothesen für die Forschungsfragen aufzuweisen. Bäume habe ich schon erwähnt, gerade auch in Bezug auf die Fachplanung Stadtbäume. Wir sind da sehr daran interessiert, auch dort Forschung zu betreiben. Und hier ein Beispiel mit Maronitbäumen im urbanen Raum. Wir haben hier auch verschiedene Substrate, die wir testen. Und die ZHW ist eine Forschungsanstalt, mit der wir diese Versuche auf dem Gelände der Forschungsinstitution durchführen. Anschließend werden die dann zu uns in die Stadt Zürich, in das Siedlungsgebiet verpflanzt. Und auch hier wird ein Monitoring stattfinden. Ein weiteres Forschungsprojekt ist eine eigene Baumschule mit ausgewählten Arten von Mutterbäumen, welche sehr gut gedeihen und dem Klima standhalten in der Stadt Zürich. Dort sind wir Samen ernten gegangen, haben dann diese über 700 Jungbäume angezogen und wie gesagt, uns ist es ein Anliegen, wo immer möglich auf einheimische Baumarten in den Fokus zu setzen. Da haben wir einerseits einen Baumschulisten, der bei der Grünstadt Zürich arbeitet, aber auch die ganze Genetik mit den Wachstumsbedingungen ist zentral, deshalb arbeiten wir auch hier mit der Wissenschaft gemeinsam zusammen. Und vielleicht noch ein anderes Beispiel ist das Monitoring der neuen Pflanzsysteme, das sind sogenannte Miniwälder, wo wir auf 4 verschiedenen Standorten sehr dicht gepflanzt haben und auch hier mit Messungen schauen, wie sich diese Flächen als Wald innerhalb der Stadt entwickeln. Da kann ich Ihnen jetzt, das ist ganz frisch, das wurde diese Woche mit dem Geschäftsbericht veröffentlicht,
kann ich Ihnen zeigen, was wir erreicht haben jetzt innerhalb dieser 2 Jahre. Sie sehen einerseits die Werte von 2024 und dann die Werte von 2025 und das Total ist der kumulierte, die kumulierte Anzahl. Was ich hier sagen muss, diese Zahlen sind nur, was wir im Rahmen vom Programm Stadtgrün realisiert haben. Alle anderen Pflanzungen, Bäume, Aufwertungen und Entsiegelungen, welche die Stadt Zürich im Rahmen von großen Projekten oder im Rahmen von Parkanlagen sonst realisiert, das ist nicht Teil dieser Kennzahlen. Wir haben über 1000 Bäume konnten wir schon zusätzlich realisieren, über 80.000 Quadratmeter ökologische Aufwertung. Und vielleicht was sehr spannend ist für uns und vor allem sehr erfreulich sind die beiden hellgelben Bereiche mit den kostenlosen Erstberatungen über 350. Das hat enorm angezogen und der Bedarf ist riesig. Wir werden da überrannt von den Grundeigentümerschaften und das läuft sehr gut an. Und wir konnten bereits in 1,5 Jahren über 7 Millionen Fördergelder zusichern für die Private. Ausbezahlt wird erst, wenn das Projekt realisiert ist, aber zugesichert ist das bereits. Und vielleicht von diesem Rahmenkredit, von diesen 130 Millionen Franken, wir haben ja das Geld bis ins Jahr 2035, sind wir jetzt auf ca. 7 Millionen Franken. Was man sagen muss, die zugesicherten Beiträge, welche noch nicht ausbezahlt sind, sind noch nicht Teil dieser 6,8 Millionen Franken. Aber wir können sagen, dass wir sehr zufrieden sind, dass das Programm sich wirklich zu unserer großen Zufriedenheit entfaltet hat und auch die große Wirkung erreicht bei allen Beteiligten und der Bevölkerung in der Stadt Zürich. Und dass wir so einen guten und wirklich namhaften Beitrag zusätzlich zu unseren allen sonstigen Arbeiten für eine kühlere und auch attraktive Stadt leisten können. Vielen Dank, Sarah Bischof. Das war, ja, vielen Dank für die Übersicht. Ich hoffe, Sie sehen mich jetzt. Genau, ich würde sofort den Saal bitten, Fragen an Sie zu richten. Ich glaube, wegen dem Audio wahrscheinlich wiederhole ich sie dann noch einmal für Sie. Genau, es ist so gedacht, dass wir nämlich jetzt anschließend an diese Fragerunde mit Ihnen, wenn nämlich die Referenten von hier aus dem Saal alle zusammen auch nochmal sich genau den Fragen stellen, weil wir haben das etwas gebündelt heute Morgen, weil damit wir den Zeitplan einhalten können. Sie können sehr gerne nachher auch noch drin bleiben, aber es könnte sein, dass wegen dem Audio etwas schwierig wird. Deshalb wollten wir die Fragen für Sie jetzt schon mal bündeln. Genau, ich schaue in den Saal. Gibt es Fragen genau an die Frau Bischof vom Programm Stadtgrün? Die Leute sind sehr zurückhaltend. Genau, direkt ist keine Frage. Dann würde ich nur einmal die Frage stellen, oder weil ich weiß, dass der Vortrag von Ihrer Kollegin Antonia Eisenhut heute Mittag ja noch kommt, genau zu der Fachplanung. Könnten Sie noch einmal erinnern, nur ob das jetzt wirklich, wie die Unterschiede dazu sind? Sie arbeiten ja vor allem mit Privat, oder haben mehr einen Fokus auch auf Privatflächen. Und dann gibt es noch die andere Planung, die wirklich die Stadtflächen mit einbezieht, oder? Ich hab's, ja. Also wir haben mit dem Programm 1 beziehen wir auch die Stadtflächen mit ein, aber noch nicht die ganz großen Projekte. Und der Zusammenhang ist, die Fachplanung Stadtnatur ist ein Planungsinstrument, welche für die verschiedenen Dienststellen der Stadt Zürich, das Tiefbauamt, das Elektrizitätswerk etc. behördenverbindlich ist. Das heißt, wenn Sie ein Projekt realisieren, ist es wichtig, dass Sie dort die Ziele einen Beitrag leisten. In der Fachplanung gibt es aber kein Geld, um das umzusetzen. Sie bildet jedoch auch als Grundlage für private Architektinnen, welche dann ein
eine Arealbebauung als Beispiel realisieren. Und ist eine Ergänzung auch mit Vorgaben zu einheimischen Arten, zum Beispiel wenn ein Bauprojekt eingereicht wird und von der Bewilligungsbehörde dann gut geheißen oder abgelehnt wird. Mit dem Programm Stadtgrün haben wir Geld bekommen, um einerseits die Privaten zu unterstützen, aber auch auf öffentlichen Flächen kleine Entsiegelungen, auch wenn ein Fußgänger eine Insel in der Mitte von einer Straße ist. Wir können mit diesem Geld solche kleine Maßnahmen realisieren, weil da finanzielle Mittel zur Verfügung stehen und leisten damit halt einen Beitrag, um das Ziel von 15% ökologisch wertvolle Fläche zu erreichen. Und das andere ist so eine Planungsgrundlage, und deshalb sage ich, das Programm Stadtgrün ist wie das Umsetzungsinstrument dieser 3 verschiedenen Fachplanungen, weil wir mit dem Programm finanzielle Mittel erhalten haben, um das voranzutreiben. Okay, vielen Dank. Soweit. Ich glaube, wir sehen einfach, dass die Möglichkeiten, durch Grünung voranzutreiben, sehr vielfältig sind. Das ist ja das Thema auch von heute und wie man es dann, je nachdem, wo es zusammenläuft und auf welchen Ebenen eher nicht oder wo es Sinn macht, dann das nochmal separat voranzutreiben. Ich glaube, wenn sonst keine Frage ist, dann würde ich Ihnen nochmal vielen Dank sagen, dass Sie dabei waren und genau, dann bitten die Referenten von heute Morgen nochmal nach vorne zu kommen, dass die Fragen, dass wir jetzt noch einmal auf ein paar Fragen eingehen können und wir in 20 Minuten aber in die Mittagsstunde wie geplant dann starten können. Ich wollte noch ein bisschen wiederholen, das für die Übersetzung. Ja. Okay, schön den Aquarium. So, wir gehen jetzt heute holen. Wir hatten mir vieles gesehen, Naturpark, Klimaanpassungsstrategie, Stadt Lützburg. Ich wiederhole, okay, ist froh für Tradukteure. Ma Verfederung beim Fetra vom Sekunda vom Sias Trevaretska, dat immer so Weiterbildungen vielgesehen für Gärtner oder die sich um Klings kümmern und die Menge. Als dann zum Beispiel vom Minister oder vom Staat, von den Ministerien, viel gesehen, zum Beispiel am Kader von der Klimaanpassungsstrategie, dass die Leute, die ausgebildet gehen an den Bereichen, auch an genau die Richtung ausgebildet gehen. Man also auf jeden Fall eine Idee, die auch viele Mesuren, zum Beispiel in der Klimaanpassungsstrategie 4 kennt, oder ob es dann von viel diskutiert wird, weil ich meine, Feedback, den wir kennen, das immens gut, dass man Naturpark genommen, dass man biologische Stationen haben, aber oft sehen und von zu viel Arbeit, dass einfach das Wissen um die Terra, die danach immer fehlt. Wir gehen auch Ideen, die diskutiert wird, wo eben zum Beispiel, es geht, mal so intern auf ein bisschen, wie man genannt, so Ausbildung statt Grün in einem Sinn, wo man zum Beispiel auch Ideen geholt aus der Schweiz, mit der zum Beispiel schon geht. Die Idee ist auf Fall so, dass man dann auch am Land noch mehr fördern will, noch mehr die Praxis, um Boden zu verankern an der Gemeinde selber. Aber das ist aber noch nicht etwas Klares, wo ich so kann, dass das nicht so irgendwie rauskommt. Der Fokus leider darüber, dass das ausgebaut wird. Auch vielleicht dem, was man auch mehr Geld da eben auch und Parken und Stationen für das zu fördern. An den Mikroband stiften. Könnt ihr warten, wie andere Mikro stiften, weil das können die. Bildung Mama schon bei der Ausbildung. An der Schule, am LTH, Ackerbau-Schule. All die Gärtner oder Paysagisten, die ausgebildet gehen. Wie war es dann die Idee vom Programm? Ja, das ist wahrscheinlich auch eher ein Freund, denn Schulminister kann ich so mit so. Ich meine, die Strategien, wie zum Beispiel die Anpassungsstrategie, weil die auch bei anderen Ministerien gedroht wird, als du auf jeden Fall gerade bei so einem Projekt mehr austauschst, weil dafür vom Fall war. Mais ich bin aber nicht so weit aus dem Fenster, der froh für die Ministerien einfach.
Das noch froh da rein. Gut, ich werde auf Deutsch sprechen, weil ich auch den Redner von ARD ansprechen will. Mich hat sehr gefreut, ich bin Landschaftsarchitekt, auch, dass Sie diese Interdisziplinarität angesprochen haben und auch als produktives Arbeitsmethode hervorgehoben haben. Wir haben in den vorherigen Ansprachen und wir sind auch damit konfrontiert, dass wir sehr viele Vorgaben kriegen, auch sehr restriktive Vorgaben mit Pflanzenlisten von Bäumen. Jetzt geht es auch zu den Stauden, wo wir oft nicht mit am Tisch sitzen, auch schon mal als die dann von Biologen oder Ökologen ausgearbeitet werden. Also Sie haben auch diese Kritik, die ich ein bisschen rausgehört habe, an diesem streng ökologischen. Also ich fand es sehr interessant auch zu hören, dass Sie sagen, für wen agieren wir? Also das wäre für uns auch eine große Planungshilfe zum Teil, also immer ökologisch als Grundwert zu nennen und auch sehr restriktiv vorzugehen und die gärtnerische Kultur, die es auch schon gibt, Pflanzenverwendungen, die wir aktiv betreiben. Wir haben sehr viel Erfahrung auch mit Pflanzungen im Stadtraum, Stadtbaumpflanzungen. Wir sehen so eine leichte Tendenz dazu, dass wir Listen vorgelegt kriegen, weil unsere Ansprechpartner, ich weiß nicht, ob man sich hinter Listen versteckt zum Teil auch. Also das wäre jetzt ein Vorwurf, aber ich denke, es wäre schöner, diese Listen zusammen auszuarbeiten und vielleicht auch diese Listen als Anreiz und nicht als Kontrollmechanismus. Das wurde in der ersten Ansprache schon gesagt, dass der Staat, dass es sich freuen, dass auf der nationalen Ebene das stattfinden soll, um mehr Kontrolle auszuüben. Und wir fühlen uns zum Teil jetzt zu stark kontrolliert und man traut unserem Fachwissen nicht mehr so viel zu. Das ist jetzt, also ich denke, es gibt so einen Umschwung. Wir sind sehr gerne auch ökologisch aktiv und wir produzieren auch gerne produktive Landschaften, aber wir haben auch Kenntnis darüber, was die andere Seite, vielleicht die Gärtner, das muss auch wachsen in der Stadt. Das muss auch gedeihen. Das muss auch für ich denke, das Echo kommt rüber. Mein Gefühl eben diese Interdisziplinarität und diese Synergien stärker einzubauen in den Luxemburger Diskurs. Ich versuche das jetzt nicht auf Privatmeinungsebene zu beantworten. Also zunächst mal, wir sehen uns ja auch als Teil des Naturschutzes. Ich denke, man muss es ein bisschen systemisch verstehen, warum das so ist. Weil der Naturschutz im Planungssystem eine defensive, schwache Position hat. Und es muss immer nachgegeben werden und negative Kompromisse eingegeben und deswegen denke ich, führt das in den Dingen, wo Handlungsspielraum ist, natürlich teilweise dann versucht man das sehr stark regulativ und dann streng zu machen. Das ist für mich jetzt mal die Erklärungsebene. Ich würde es dann, wenn wir in einer idealen Welt leben würden, denke ich, dass man, da stimme ich Ihnen zu, nach Zielvorgaben spezifischer agieren müsste. Aber das ist sozusagen durch diese Situation, glaube ich, wird sozusagen dieses starke Top-Down-Prinzip natürlich provoziert. Ich denke auch, wir haben heute sehr viel über einheimische und invasive Arten und ich denke, dass wir da gar nicht so unterschiedlicher Meinung sind. Das ist eben überhaupt nicht so absolut zu setzen. Also wir verwenden jetzt auch keine massiv invasiven Arten, aber wir haben gehört, Zürich kriegt das Klima des Balkans und wir wissen auch, dass Arten aus nah verwandten Florenbereichen eine ähnlich gute ökologische Funktionalität haben können. Deswegen jede biologisch informierte Person ist da auch nicht so fundamentalistisch. Wir wissen, dass die ökologische Funktionalität von einer Zerreiche
die ist anders, aber sie weicht jetzt nicht so groß ab. Das heißt, ich denke schon, dass wir da spezifischer mit den Listen sein müssen und ortsspezifisch und abgeleitet von lokalen, spezifischen Fragestellungen. Insofern denke ich, ist das eher eine Problematik des Planungssystems, mit der wir hier zu tun haben. Fachlich ist es in so einer Strenge aus meiner Sicht nicht so ganz die ideale Lösung. Gibt es noch weitere Fragen? Kommentare? Aber ich würde ganz gerne, ich gucke nur einmal kurz, damit auch andere Leute noch. Aber wenn niemand. Bitte. Es wäre vielleicht interessant, auch eine Stellungnahme von den regulativen Seite vom Ministerium jetzt dazu zu behandeln. Also Fragen, die halt so hoch gehen, für mich als unterer Mitarbeiter immer ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil es ja zum Beispiel um die Regulationen geht, die ich vorhin vorgestellt habe. Es ist dann natürlich klar so, dass auch neue Baumlisten oder andere Listen halt, die rauskommen, nicht in Isolation ausgearbeitet werden. Es ist schon in Kombination mit Expertenwissen das Ministerium überragt, mit Gemeindearbeitern, mit Mitarbeitern von biologischen Stationen etc. Und natürlich der Grund für solche Listen existiert trotzdem deswegen, weil es natürlich einige Entities, also Stakeholders gibt, die das natürlich das nötige Fachwissen haben oder auch noch mehr. Das existiert natürlich, aber andere halt wiederum weniger. Und gerade mit so Subsiden, wo man dann halt Listen beilegen kann, wird aber trotzdem ein gewisser Mindeststandard gegeben. Und das ist natürlich immer ein Kompromiss zwischen Leuten, die mehr und Leuten, die weniger wissen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber das wäre erst mal die Antwort dazu. Alle haben Hunger, nein? Noch nicht? Vielleicht noch ein Chronomisär. Ich habe nicht verstanden, dass es eine Kartografie, wenn er ausgeschafft gehen, Bauprojekt oder PHP, wo Gemeinde keine Rückblöde gehen an den Klimaimpakt so modulär an Inseln oder auf Versicherung oder wie soll das Ja, und von gibt schon ein gutes Beispiel von der wir ungefähr bei der gesehen wurde. 2021 gab es ein so mal nicht adaptierbar bioklimatisch kalt ausgeschafft für das Land. Das war aber in dem Sinne ein bisschen langweilig, weil einfach ein Zeitpunkt war, du so nicht gesehen, weil du nächstes Jahr geschildert haben, die PRG sich ändert, PHP sich ändern. Weil da war nur für die Region Pro Süd, das heißt, all die Südgemeinden ausgeschafft, geprüft, letztes Jahr publiziert, das außerdem schon eine bioklimatische Karte gewirrscht, die auch eine viel Wasserresolution hat. Ich meine, die alte Karte war, da schießt mir genau wie über 10 Meter, die alte Mensch war schon auf 1,4 Meter hoch, weil die dann auch noch viel mehr minimiert weiß, das geschieht, wenn es so auch schon gar nicht schon anders. Und die halt von der Empfang, dass man verschiedene Schichten haben, wo zum Beispiel Luftzirkulation simuliert geht, ein Kilo auf 1 Meter, ein Kilo 5 Meter, ein Kilo 10 Meter etc. Wo die Hauptidee schon war, zu gucken, wie sich eben die Kaltluftströme, die von außen entstehen, kommen ändern, zum Beispiel Änderungen am PRG. Und weil der Velo auch so simuliert wird, das wäre für Pro Süd-Gemengen und das wäre auch gemerkt für den ganzen Rest vom Land. Die Idee ist eben dann, dass das quasi am QGIS lebt und dass du dann da kannst, wo du davon aus, bis sie Fortbildung Werte gehen, dass die Gemengen das benutzen können. Da sie eine PHP-Rohböde können auch gucken können, wie sich Kaltluftströme ändern und wie sich Temperaturen ändern und Vielschichtigkeit mit der Luft, die Rocken oder eben nicht. Du hast eben dann die Idee auch, das ist nochmal die Gesetze von so geringen Open Flächen, wo es am Platz oder stark Männer und für Urban Flächen gering Fläche davon bei, dass er eben die positiven Effekte kann. Anschließend zum Beispiel statt nicht zum Beispiel du auch hier ein Projekt im Forschung entwickelt für genau so Ja, also das ist effektiv, also als Staat wird man das auch
selbst die Modell die pro Süd noch aufwenden das gesucht gehen die können machen dann regional also Sternburg plus Gemeinde rund das nach einem Niveau gehen du als nationales gibt Methode eben das war auch immer als ist da war praxistauglich gemeint durch nützlichen Tool für die Gemeinde selber was wir noch PHP van déi eiers an Prozedur ginn, dat den dat schon kann verpriwen, wat das dann den Effekt vun eng neien PHP op Stadtklima, dat dat doch wirklich gut ka vu den Gemengen nugewandt ginn an dofir ass Stadtburg, Nordstaat, pro Süd die schon gemerk hun, die sinn an eng Komité Pilotage, wo man dat loten do de Suivi machen, dann d'Evoluioun vun der Entwicklung vun dem Tool an den Civicolor fir dat wirklich auch von den Gemengen aufleisten. Wenn sonst was ist keine Gewürschein steigen direkt? Ich lieber auch für dich gute Sache. Ein Vorstadt Lützburg, nachdem der Herr Kärten über den Ebenhört hört, auch festgestellt hat, wollte aktiv gehen und Kärten von der Begründung. Und ich praktisch froh, wie wird was wissen mit all den Leitungen, die am Rücken bleiben, für wen die auch Wirkung von Schiert an all ihre Komponenten hört. Wie wird die rein praktisch umgehen für die Herausforderungen zu wegstellen? Ja, das ist eben gerade. Nee, ja, nee. An gi méiwelt, dat Tendenz déiers dat schiedver gestionär vun jegen eng Reso zumindest an der Staat och Druck mecht, dat Leitungen net iwwer neeie méi niefir dat direkt Drz kommen, nach méi Platz gin anhhöllen am Stossen, weil nach mich schwéier mecht jegent fälsche Wurzelraum fir Leben zu hunn an dat ass dem ni hunn lo wirklich die strategisch Karte, wo möchtet sinn, sos wann ich just seht, wat lefer flott, wann man zu spät gegen Sätzen kriegen natürlich direkt die technischen stegen Argumente, mir ha kom mir einfach mal Argument zu dat gut ass, dat alle Serviceökosystemik generell wat fir wat als Begründung Stadt gut, wir können richtig dummer argumentieren, an nicht richtigen Druck, aber ist also wirklich politischen Druck do, gesucht systematisch, wenn wir weiter durchkriegen. Und da muss auch ein Kompromiss mit der Infrastruktur gefunden gehen. Für wer dann den Lowen steuert, wie gesagt, wir haben rund 35 Standorte, wir haben ausdehnen, wo wir rund 8 Projekte rausgezogen haben, das sind nur die Einstelle. Alles können wir nicht mehr nehmen, das ist also zeitlich gestaffelt, hängt noch ein Aktionsplan drin, wen muss werden, weil du ganz viele Akteure müssen zusammen schaffen, wen hat was für eine Kompetenz, wen hat der Lead von den Projekten, an eben für die 8 Projekte. Da hat der Chef gerne, dass man nach Windschaft Dave gehen, für nutzuweisen, dass man dort den Konsens fanden, wie man auch mit den Infrastrukturen umgehen. Das eben nicht nur ein Wiss, ein paar Wegwäscheln, ein Wissmann oder Bandplatzen an, wie ich auch gesagt habe, das den ganzen Kontext von Umgestaltung von den Plätzen in der Stadt, den Autohaus, Wanderparkplätze, komplett umdenken von der ganzen Mobilität. Wir haben nicht so utopisch Kontrakt diesen Ort. Zum Beispiel gibt es verschiedene Plätze, wo der Druck so groß, dass du fester müssen können stattfinden. An eine Stadt muss auch aufweihen, was sie will. Es hängt nun politisch zu gehen, da sind wir die Knödler immer als Beispiel geholfen, weil du da kein Weg mehr. Erstens kann man einen schon abgeben, da ist die Flagge schon drin, das heißt, kann ich nicht alles machen. Und geht gucken, was da abgerichtet wird für den Oktavmenschen. Und du hast auch, das sind andere Kontakte, und du musst Politik dann eben noch gucken, wie sie da gemeinsam haben. Ja, habe ich mit ihm so ausgeplaudert.
Nein, Meldung. Sonst würde ich Thomas Haug fragen, weil wir ja sehr viel über die Gemeindeebene, kommunale Ebene reden bei den Projekten, die ihr bisher geleitet habt. Das ist wahrscheinlich eher mit einzelnen Bauunternehmen oder inwiefern genau seid ihr da mit eben den Planungsinstrumenten Bauordnung und konfrontiert, respektive wo siehst du eventuell Chancen für so integrierte Grünplanung? Also wir arbeiten sehr viel mit auf der kommunalen Ebene. Also wir sind ja im Bestand hauptsächlich mit großen Wohnungsbaugesellschaften, Nachverdichtung, Bestände der 50er, 60er Jahre, die sind natürlich auch oft kommunal. Und wir arbeiten mit kommunalen Entwicklungsträgern sehr viel für große Stadtentwicklungsgebiete. Und es geht da sehr stark immer um die kommunalen Planungsinstrumente. Wie kann ich tatsächlich dann diese gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen, Vorgaben, Zielbilder, wie kriege ich die in die Fläche? Und wir testen eigentlich damit permanent die Instrumente, was geben die her dafür? Und das ist nicht so einfach. Also die Bebauungsplanung, also mit der in Deutschland zumindest die bauliche Entwicklung maßgeblich geleitet wird, die ist in der Regel zu unscharf und kennt Biodiversität eben nicht als Planungsziel, sondern nur als Rahmenbedingung, die zu schützen ist. Und deswegen, da geht es dann darum, neue Festsetzungssätze zu entwickeln, die rechtssicher sind. Also wie schreibe ich rein, was für eine Qualität die Vegetation haben soll, welche Mengen und so weiter. Dann geht es um Ausformulierung von städtebaulichen Verträgen. Es geht darum, wie Auslobungen für Wettbewerbe, zum Beispiel für neue Parkanlagen oder für die Bebauung, formuliert werden können, dass dann diese Vorgaben oder die gemeinsam erarbeiteten Maßnahmen da rechtssicher dann drin integriert werden können. Also es geht ganz stark um diese instrumentelle Ebene, immer ganz stark in Abstimmung mit den Kommunen, aber es ist eben fallspezifisch und teilweise, also da arbeiten ja auch alle Kommunen, ich kann das jetzt nur aus deutscher Perspektive sagen, um diese Festsetzungen in den Bebauungsplänen, also das, was hinten dann drinnen steht, wie was zu machen ist, da sind natürlich immer alle begierig dann drauf, da neue Beispiele zu bekommen, um das dann übernehmen zu können. Also insofern gibt es da schon eine Verallgemeinerung. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Okay. Außer es will nur noch ein Wisch. Sie sagen es, aber Sie gehen in die gleiche Richtung wie die von Claire. Die Antwort ist sehr kurzmöglich, deswegen kann ich euch alle fragen. Eure Pläne, münden die auch in Abänderungen in den Bebauungsplänen, respektive in der Planung, in der gesetzlichen Planung, sage ich jetzt mal. Ja, reden wir Quartiersystem. Du findest das sehr als relevant, Thomas, ihr macht das. Ist das vorgesehen, dass das Umweltministerium sich in das nationale Bautenreglement einmischt, dass der Innenminister erstellt, der sich jetzt nicht unbedingt einen Ruf von grünem Daumen hat, sage ich mal. Und Sikona, ersetzt ihr das auch? Und Pierre, ist das auch rückwirkend, werden der Bebauungspläne Abänderungen durchgeführt? Ist ja immer ein Satzantwort. E-Satz. Also zum Beispiel, das, was ich vorhin vorgestellt habe, dass halt Neubauten in der Zukunft diese 10% Grünfläche haben müssen. Da sind wir auf jeden Fall involviert in dem Sinne, wo es halt um qualitative Grünflächen geht und da liegt es, die Expertise klar schon eher beim Umweltministerium. Und da gibt es auch Diskussionen eben, wie man das misst. Da gibt es zum Beispiel diese Biotopflächenfaktoren aus Berlin zum Beispiel, wo relativ interessant ist, so verschiedene Arten der Natur qualitativ mehr Punkte bekommen, und man einen Minimum-Punkte-Stand erreichen muss. Und das ist zum Beispiel eine Idee, die damit eingebaut werden kann oder wird. In dem Sinne schon. Bei uns ist es auf jeden Fall bei den PHPs, wo wir mitsprechen dürfen, können wir dann verschiedene Sachen mit einfließen lassen und dann eben auch in der Partie kriegt dann auch verschiedene Punkte verankern. Teilweise, wenn wir zu motiviert sind, werden die aber auch vom Innenministerium wieder gestrichen. Ja, also es fehlt den Gemeinden an einer gewissen gesetzlichen Basis trotzdem.
Und deshalb, also bei uns die PHPs, das beruht dann auf Beratung, Sensibilisierung, Freiwilligkeit der Akteure, aber zwingen können wir derzeit niemanden. Okay. Okay, noch eine Frage, dann gehen wir in die Mittagspause, weil ich glaube, alle knurrt der Magen. Aber nur eine kleine Ergänzung auf was gerade gesagt wurde. Also wir reden über urbanistische Ebene, das PHP-Kontrolle. Ist es geplant, auch weiter zu kontrollieren? Das bedeutet Realität. Ich habe die Frage nicht genau verstanden. Wir können uns noch einmal bitte wiederholen. Also, um zu klären, nach PHP gibt es keine Kontrolle meines Wissens. Ist es geplant, demnächst dann auch reelle Realisierungen zu kontrollieren, ob die entsprechen alle sehr komplex ausgeführten Vorschriften, die wir, also bin auch Planungsbüro und ich weiß, wie komplex wir beschreiben, versuchen das zu definieren. Ich weiß aber auch, dass wenn ich sehe, die realisierten Projekte, die entsprechen überhaupt nicht mehr, was wir geplant haben. Kann du ihn ersetzen? Nee, Sie sind ja, das ist nicht ja, ich will sagen, ich weiß, dass man gerade, wenn es um halt grüne Infrastrukturen geht, wo eben qualitative Unterschiede sehr stark unterscheiden, auch wenn man zum Beispiel Subsidies bekommt, dass immer wieder von Kontrollen geredet wird und auch von der RNF, der Administration der VW, gibt es ja zum Beispiel ein Kontrollorgan, obwohl da der Fokus anders ist. Viel mehr kann ich auch nicht sagen, gerade wenn es dann wieder um PHPs geht, ist natürlich wieder ein anderes Ministerium. Aber es ist immer mal wieder Thema, auf jeden Fall. Ich denke, das Ziel ist es aber, dass wir realisierte. Alle diese Vorschriften und alle diese Regelungen, worüber wir reden, auch in Realität sind. Ne? Ja, dem kann man gerade nur zustimmen. Ich glaube, das ist ein guter. Ja. Ihr stand alle 25 Sohlen, der Haut Halbert, oder nach heute sitzt und heute beigewohnt. Vielen Dank dir, dass du da bist und dann. Genau, das Buffet ist eröffnet und wir sehen uns um 12:30 pünktlich hier wieder mit 12:30 pünktlich hier wieder. Wir sind ganz froh, dass den Herr Minister Serge Wilmes heute heuers den Seminar wie de Moie gesot könnt ihr auch mit Unterstützung vom Umweltministerium statt die ganzen vorlebende Durchstrengungen an den Wirtschaften genau am Kader von einer Konvention Martinen von uns beschafft. Jetzt gebe ich dann gerne dem Herr Umweltminister Serge Wilmes wird übergehen als Anlegung an den Nummer steht. Schönen guten Mittag. Merci für die Invitation vom Mobico, das wichtige Konferenz. Es sind noch ganz viele bekannte Gesichter am Saal, die man in der Nutzung geschafft haben oder die man der erwischt, natürlich regelmäßig begegnen an die Situation publik averti. Ja? Das will nicht Leute, wo müssen sich erklären kommen, wie wichtig stellt das, dass man Grünflächen mehr an der Wirtschaft kreieren, mit dem sind auch schon aktiv zu schaffen, dass man mehr Grünflächen an als Wirtschaften kreieren. Ich will dich dann just so, dass für die Regierung ganz klar eine Priorität ist. Und dann wir schon für Toninstrumente gesehen, die wir auch dann weiter gefördert haben, respektive auch neue Instrumente werden nachfeiern oder schon angefordert haben, für mehr dazu beizutragen, dass wir Grünflächen, Grenzen als stehen am Wirtschaft kreieren. Weil etwas, das ist essentiell, und wie wir so in den Teilen sagen, man kann also gut erlauben, dass man nach Bauprojekten entwickeln, wo nicht genug Grünflächen für sie sind. So Bauprojekte gehen aber leider Gottes nach entwickelt, wenn ich gesehen habe, dass für Projekte fehlgestartet gehen, dann sind wir danach immer dabei, wo nach so einem Pseudo
Begringung monetar für den Alibi gestellt Götze, die nicht wirklich von Verbund, Begringung, Gringflaschen, integrale Bestandteil von den Bauprojekten sind. Das schwarz, mit Donner muss man auch schaffen, für die Zukunft zu ändern, man nicht einfach das Standard gibt, man chemisch, man hat noch Frohberg, soll ich oder soll ich nicht, außer der Kastenpunkt, das ist nicht der Kastenpunkt, und das ist einfach wichtig für Haut, aber ganz besonders natürlich auch für Uhr. Da stellen sich natürlich dann technisch Frohen, dann alle wie bei ihr scheinbaren Architekt sind, Ingenieur sind, die technisch Beruf haben, wissen, wie sie das so umsetzen, respektive auch genug entweder Fachliteratur oder Beispiele, wenn sich kann, dort orientieren, wie umzusetzen, wie wir als Regierung, und das mich so, dass selbst das abgegriffen hat, eine andere Konferenz, die von der Movico organisiert, die war ganz am Anfang von dieser Legislaturperiode, da muss man in Stufe 24 gewesen, 10 Tage dran schaffen. Man noch schon ein Party von mir hier da hat er in der Universität von Wien, den über das Prinzip Schwammstadt, das ist im Prinzip, die als Algorithmen Menschen gut gefällt, ich muss ihn natürlich auch umsetzen, und sie wissen, wie das gemacht wird, und wir schaffen konkret auch bei unserem Ministerium ein Gebiet, den wir die zur Verfügung stellen, das so in Form gibt, ne, den wir werden machen, mit Leitlinien, auch Erklärungen, die dann mit Gipfeln zur Verfügung stehen, und auch natürlich die Gemengen, für das Wissen, wie so ein Prinzip kann, also die Planung mal integrieren, aber wie das kann, dann noch einmal umsetzen, weil das natürlich im Prinzip den einfach fest verstehen hast, und das nicht unbedingt so evident und technisch auch umsetzt. Wir brauchen Guidance, brauchen Viergaben, brauchen Linien, in denen sich kann festhalten, und dann sind wir ganz schaffen, wie die werden wir und vielleicht immer da fertig sind. Ich will, wie das, ich habe wirklich merci so, weil das mir schon da ein gutes Beispiel, wie sich so inspirieren, wie aus Initiativen, die anderen von Partnern, wie die Movico gemacht gehen, wie das kann abgreifen und dann nur kann nutzen als Planungsinstrument und als Begleitungsinstrument, das nur uns wird erlauben, als Ziele umzusetzen. Neben natürlich all den anderen Instrumenten, die er kennt, die schon gehört, sondern auch vier Gemeinden zu instituieren, national, den Klimapark, Naturpark, Projekt für die Grenzen, also Gemeinden. Wir werden aber auch nach, Planung für Naturschutzgesetz, auch den Aménagement Kommunalsgesetz ändern. Und da wird man in Zukunft festschreiben, dass alle Projekte PHP, Nouveau Quartier, über 2008 muss 10% Grünfläche dran tun. Da das selbst etwas halt nicht existiert, die Obligation wird halt nicht, das können Gemeinden freiwillig machen. Die Gemeinde, wo ich für den Urbanismus zuständig war, der Stadt Lützeburg, hat das schon verlangt das schon bei PHP für Minimum 10% Grünfläche zu integrieren. Mit dem haben wir dann ein System, wo wir dann eine gesetzlich, legal auch Obligation auf Basis für Gemeinden und sich so die muss integrieren, muss Grünflächen drankommen, das ist nicht wie ein Luxus oder selbst man muss holen für uns Menschen, für Biodiversität auch an den urbanen Raum zu stärken, aber natürlich auch für Ziele, wie wir es gesagt haben, sowohl als Naturschutzplan, wo wir noch Midterm-Review werden machen, wo wir Notionen nur gebessert gehen, wie zum Beispiel noch Warmprepli, die Menschen 10% bis 2040 für gesehen haben, weil wir uns nicht genug vielleicht doch Etüden und dann über das Gesamtsituation als Sitzburg zur Verfügung, weil wir mal aufpassen, und da muss man natürlich eine Uhr setzen, wenn wir leider Sitzburg an der Moyenne, der Monitor war über den Naturpark, zwischen 15 und 19% Couvert boisé an unseren Gemengen, also muss man die 10% Uhren aufpassen, dass das nicht entspricht nicht der Realität im Terrain, allein du willst man schauen, wie auch Länder Ziel für Wärme und Hund, die wir müssen umsetzen an Europa, an mir genug dann zu Lützeburg. Das sind all die Steigerungsinstrumente, die du schon am Platz sind, mit vielen Incentive-Berodungen, die noch ein Party von diesen Vertreterei von den biologischen Stationen, vom SIAS, vom Sikur, Naturschutz, Naturschutzindikator, die helfen den Gemeinden zur Seite stehen und noch selber zu Projekten realisieren, vier mehr Bedingungen allgemein an als steht, an als Gemeinden zu kreieren. Und das ist die allerwichtigste Message, das muss Standard gehen, das muss selbstverständlich gehen, das muss genug verbunden.
Bestandteil sind von einem Bauprojekt, das kann nicht just mehr passieren, wenn man noch als Supplement draufsetzen, wie die Herausforderungen, die sich haut, auch noch viel mehr Werte in der Zukunft stellen, als etwas, was einfach zu uns muss gehören und als Prüfung muss erkannt gehen. Voilà. Das wollte nur da abhalten, weil, wie gesagt, wir sind Publik, die das tut und am Alltag sich mit der Nähe setzt, die das auch schon realisiert, die das noch kennt. Ich berichte also nicht nach mehr darüber, auch nicht viel zu motivieren. Die stellen sich noch viel froh, wie können wir noch besser vernetzen, wie können wir noch besser noch wirklich strukturiert, koordiniert und Terrain umsetzen. Wir hatten noch nicht wie Bauprojekte entwickelt gehen, wo Begrenzung in unerwarteten Rolle spielt, wie wird fast Bestandteil von der aus für als Lebensqualität zu verbessern und für mehr für Biodiversität am städtischen Raum zu machen. Merci. Vielen Dank, Herr Minister, für das. Anscheinend das ein guten Übergang an den Vortrag von unserer nächsten Referentin von der Stadt Zürich, die wir schon eine ganz ambitiöse Greenplanung machen. Madame Antonia Eisenhut von der Fachplanung Stadtnatur werde das noch vorstellen. Die haben eine ganze Reihe, ja, schon verpflichtend, Greenplanung, auch auf Konnektivität von Lebensraum, hinsichtlich wirklich vom Artenschutz, vom Naturschutz gemacht. Und genau, sie werden das nur vorstellen. Genau. Hallo Antonia, ich habe dich eben vorgestellt, du kannst aber gerne noch ein paar Worte zu dir sagen, zu deiner Arbeit und dann uns deinen Vortrag zeigen. Oh, Moment. Sorry. Jetzt hören wir dich. Ja. Super. Seht ihr meine Folie? Ja. Wunderbar. Also, ja, herzlich willkommen und danke für die Gelegenheit, dass ich hier die Arbeit von Grüne Stadt Zürich vorstellen darf und zeigen darf, wie wir daran arbeiten, dass wir mehr Biodiversität in der Stadt haben. Nur so ein bisschen zum Überbau und zu der Struktur, wie wir das machen und auch wieso. Ich denke, Sie alle wissen, dass Biodiversität eine hohe Relevanz hat für die Stadtbevölkerung, nicht nur für die Tiere und Pflanzen, die in der Stadt wohnen, sondern auch für uns Menschen. Es hängt zusammen mit Hitzeminderung, es hängt zusammen mit Luftqualität, mit Wasser, mit Lärm, all diese Dinge. Das zeigt schon auf, dass Biodiversität nicht einfach etwas ist, was wir irgendwo machen auf einer Fläche für Tiere und Pflanzen, sondern dass wir wirklich Synergien auf allen Grünflächen nutzen können, sei es mit Wasserrückhaltemöglichkeiten, sei es mit Hitzeminderung. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Grundsatz, der insbesondere in der Stadtentwicklung für uns sehr, sehr wichtig ist. Woher kommen bei uns die Vorgaben, die wir haben für mehr Biodiversität in der Stadt? Wir haben zum einen die Gemeindeordnung der Stadt Zürich, das ist so etwas wie die Verfassung der Stadt. Und da sehen Sie schon, wir haben da ganz viele Dinge drin, es muss alles ökologisch wertvoll werden, wir sollen die Biodiversität fördern, wir sollen Flächen entsiegeln, wir sollen Bäume pflanzen, wir sollen zusätzliche Grünflächen schaffen. Das ist sehr, sehr generell, aber es geht alles in die gleiche Richtung. Eine Ebene weiter unten haben wir dann einen regionalen Richtplan. Da sind für die Biodiversität zwei Dinge besonders wichtig. Zum einen haben wir im regionalen Richtplan Richtwerte, die uns sagen, wie viel Freiraum pro Person, also pro Person, die in der Stadt wohnt in einem Quartier oder dort arbeitet, wie viel Freiraum pro Person zur Verfügung stehen soll. Also das gibt schon wie einmal eine Sicherung der Flächen vor in der Stadt. Und dann haben wir im Richtplan auch die verschiedene Vorgaben zum Naturschutz. Und da drin steht, dass wir in dem ganzen Gemeindegebiet 15% der Fläche ökologisch wertvoll ausgestalten sollen und dass diesem in der Form eines ökologischen Netzwerks passieren soll. Im Offenland und im Wald haben wir diese 15% bereits schon erreicht, aber im Siedlungsgebiet nicht. Da sind wir bei ungefähr 11%. Also da müssen wir
investieren und Biodiversität fördern. Das klingt jetzt noch relativ wenig, von 11 auf 15% hochzukommen. Aber man muss auch wissen, dass im selben Richtplan ein anderes, sehr, sehr wichtiges Anliegen ist, dass wir die Stadt baulich verpflichten müssen. Wir haben in Zürich einen eklatanten Mangel an Wohnraum und wahnsinnig teure Mieten. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Anliegen, was in Form dieses Richtplans wir uns als Ziel vorgegeben haben. Und daher sehen Sie schon, da läuft es natürlich, die Interessen gleichen sich ein Stück weit zuwider. Und auch hier ist es darum wichtig, dass wir auf den Flächen und grün sind und grün bleiben, Synergien mit möglichst vielen Interessen nutzen. Jetzt, wie machen wir das? Wir haben uns eine Zielerreichung 2040 gesetzt, was diese Grafik aufzeigt. Wir haben etwas mehr als die Hälfte des Zuwachsflächen, die wir erreichen wollen, möchten wir ökologisch wertvolle Lebensräume auf stadteigenen Flächen anlegen, also die der Stadt gehören. Das können öffentliche Freiräume sein, beispielsweise Parks, Friedhöfe, oder auch zum Beispiel im Umfeld von Schulen oder von anderen öffentlichen Gebäuden. Und auch bei Räumen, die zu Private nutzen, Wohn- und Arbeitsumfelden gehören oder der Stadt gehören. Dann müssen wir aber natürlich auch einen Beitrag der Privaten haben. Dort haben wir eine Vorgabe, also Gesetze bei Bauvorhaben, komme ich nachher noch im Detail dazu. Und wenn es über die gesetzliche Pflichten ausgeht, dann haben wir ein Förderprogramm. Und wir haben heute Morgen ja schon von meiner Kollegin Sarah Bischoff vom Programm Stadtgrün gehört. Ein Teil dieser Maßnahmen hier, um das Ziel zu erreichen, wird das Programm Stadtgrün finanziert. Grundsätzlich ist es aber so, wenn ein Bauprojekt kommt oder ein Sanierungsprojekt, dann erhalten die keine Bewilligung, wenn sie unseren Vorgaben gemäß Fachplan oder den geltenden Gesetzen nicht genügen. Also die Projektanten müssen jeweils schon Unterlagen im Baubewilligungsprozess einreichen, wo sie darlegen, wie sie ökologisch wertvolle Lebensräume anlegen möchten. Jetzt, wir haben im Richtplan dieses Ziel von 15% und wir müssen ein Netzwerk schaffen. Das ist alles recht generell und Papier ist sehr gut. Wie machen wir das? Wir haben dafür einen Fachplan geschrieben. Das ist ein planerisches Instrument, das behördenverpflichtlich ist. Das heißt, alle städtischen Dienstabteilungen, die irgendwas mit Land, mit Fläche zu tun haben und entscheiden, was darauf passiert, die sind per Stadtratsbeschluss an diese Planung gebunden und müssen sie einhalten. Das führt mich gerade zu einer sehr, sehr wichtigen Folie. Wir setzen das in der Stadt gemeinsam um. Wir haben eine Koordinationsgruppe, die heißt Stadtklima und Biodiversität. Und die Aufgabe dieser Koordinationsgruppe ist es, die verschiedenen Fachplanungen, und Sie sehen da, es gibt verschiedene, nicht nur die Fachplanung Stadtnatur, wir haben ein ähnliches Instrument für Stadtbäume, für Hitzeminderung und bald auch für Regenwasser. Diese 4 Fachplanungen setzen wir gemeinsam mit allen betroffenen Dienstabteilungen um. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Gefäß in der Umsetzung, um wirklich gemeinsam diese Ziele zu erreichen. Das ist jetzt die städtische Seite der Zielerreichung. Wenn wir zu den Privaten gehen, dann haben wir neben dem Förderprogramm seit etwa 1,5 Jahren ein revidiertes Planungs- und Baugesetz. Das ist war für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Wir haben in der Schweiz schon seit vielen, vielen Jahren im Natur- und Heimatschutzgesetz den Auftrag, dass man ökologischen Ausgleich machen muss. Und mit dieser Revision des kantonalen Gesetzes haben wir jetzt konkrete Vorgaben, wie wir das auf Gemeindeebene umsetzen können. Und Sie sehen hier ein Beispiel, eine Wohnzone in der Stadt Zürich. Es ist bei uns so, dass wenn man ein neues Haus beispielsweise bauen möchte, dann darf man vom Umschwung von der freien Fläche maximal einen Drittel befestigen für Parkplätze oder etwas Ähnliches. Die restlichen 2 Drittel müssen grün sein und die Hälfte von diesem grünen Rest, der muss wirklich ökologisch wertvoll ausgestaltet sein.
Das ist für uns, war für uns ein sehr, sehr wichtiger Schritt auf Gesetzesebene, dass wir jetzt wirklich auch unser Ziel erreichen können. Jetzt stellt sich ein bisschen die Frage, bei allem, was ich jetzt gesagt habe, was ist das denn überhaupt ein ökologisch wertvoller Lebensraum und wie definieren wir das? Weil da versteht vielleicht jeder ein bisschen etwas anderes darunter und es ist schwierig, die Kriterien festzulegen. Wir haben es so gelöst, wir haben seit etwa 20 Jahren eine Biotoptypenkartierung, also das ist eine Kartierung nach botanischen Kriterien, aber sie kartiert nicht Arten, sondern Biotoptypen. Es sind etwa 125 Biotoptypen, die so aufgenommen werden. Bisher wurde das alle 10 Jahre gemacht, neu alle 4 Jahre. Und was hier wichtig ist, Sie sehen ganz links unten eine Legende, Biotoptypenqualität, die geht von 0 bis 6 und bei uns in der Schweiz ist es wie mit den Schulnoten, ab 4 ist man genügend. Und wir haben den gleichen Ansatz gewählt, also die Biotoptypen, die eine Qualität 4 oder höher haben, die rechnen wir an als ökologisch wertvolle Lebensräume. Das sind dann doch etwa insgesamt um die 60 Typen. Das reicht von Flachmoortypen bis hin zu den Trockenstandorten, viele Gehölztypen, alles Mögliche. Und das ist natürlich viel zu komplex für jemanden, der dann in der Planung oder in der Pflege dieser Flächen arbeitet. Deshalb haben wir die zusammengefasst, diese rund 60 Biotoptypen, zu unseren 11 ökologisch wertvollen Lebensräumen, mit denen wir kommunizieren und die wir einfordern. Und Sie sehen, es sind so ein bisschen unterschiedliche Standorte. Oben rechts sind Gehölze, betonte Lebensräume, über Hecken, Gehölze bis zu Baumbeständen, Alpen. In der Mitte dann krautige oder grasbasierte Lebensräume, unten feuchte Lebensräume und im linken Bereich, das sind ein bisschen spezielle Lebensräume, der strukturreiche Nutzgarten und die einheimische Staudenmischpflanzung. Das sind Lebensräume, die man so in der Natur nicht findet, die stark anthropogen geprägt sind, die aber auch einen sehr hohen ökologischen Wert ausweisen können. Und mit diesen Lebensräumen bieten wir unseren Planenden und den Leuten draußen in der Umsetzung einen Katalog an Optionen an. Also Sie können da auswählen, wir sagen nicht, wo welcher Lebensraum gewählt werden soll. Das kann man wirklich dann auf Projektebene entscheiden und das sollte natürlich dem Standort angepasst sein, aber auch Interessen wie beispielsweise die Nutzung können da reinspielen, welchen Lebensraum oder welche Lebensräume man im konkreten Projekt wählt. Wie entstehen solche ökologisch wertvolle Lebensräume in der Stadt? Da haben wir eigentlich 3 Ebenen. Das Einfachste ist bei der Pflege. Da arbeiten wir stark mit den Leuten im Unterhalt zusammen, weil häufig kann man auf bestehenden Grünflächen durch relativ einfache Umstellungen in der Pflege bereits schon viel bewirken, beispielsweise indem man häufig geschnittene Rasen aufwachsen lässt zu Blumenwiesen. Wir haben natürlich sehr häufig den Fall, dass Flächen neu angelegt werden im Rahmen von Bauprojekten, von Sanierungen oder von sonstigen Aufwertungen. Und das Dritte, was oft vergessen geht, aber was natürlich zentral ist Zeit. Ich habe dieses Bild gewählt, das ist eine Platane, das ist ein Baum, den wir sehr häufig haben in den Siedlungsgebieten in Zürich, der aber nicht einen wahnsinnig hohen ökologischen Wert aufweist, in dem Sinne, dass nicht viele Tierarten, Insektenarten zum Beispiel darauf angewiesen sind. Aber wenn eine Platane alt wird, so wie jeder Baum, dann kriegt sie Strukturen, dann kriegt sie ganz viel Lebensraum in der Krone selber. Und wenn man da reinzieht, dann sieht man zum Beispiel hier ein Kreuzchen, was hier in einer Höhle dieser Platane geschützt ist und jetzt größer wird. Wir unterstützen das auch mit verschiedenen Materialien, die wir natürlich erarbeiten und den Leuten zur Unterstützung geben. Wir haben beispielsweise Steckbriefe zu diesen ökologisch wertvollen Lebensräumen ausgearbeitet, wo drin steht, was sie erfüllen müssen, damit sie dann auch angerechnet werden können. Und auch so erste Hinweise zur Pflege.
Und das baut auf einem sehr umfangreichen Dokument, das wir bei Grünstadt Zürich erarbeitet haben und schon länger brauchen, unser Pflegeprofilkatalog. Weil natürlich kann man eine Fläche sehr, sehr gut anlegen nach Lehrbuch, aber man muss sie dann auch über die Jahre entsprechend pflegen, dass der ökologische Wert erhalten bleibt. Und da bauen wir mit diesen verschiedenen Bausteinen aufeinander auf. Wie kommen wir jetzt von diesem ökologisch wertvollen Lebensraum zu einem Netzwerk? Wir haben das Netzwerk in 3 Ebenen geteilt. Die wichtigste Ebene sind die Blitzsteinbiotope. Das kennen Sie bestimmt, das sind kleine Flächen, möglichst divers, räumlich im Siedlungsraum verteilt, möglichst unterschiedlich, aber möglichst dicht beieinander aus. Und die Idee ist nicht, dass Sie so einen Blitzsteinbiotop, eine Tierart beispielsweise im ganzen Lebenszyklus bringt, aber dass Sie sich mit verschiedenen Blitzsteinbiotopen dann über die Zeit einen Lebensraum zusammenstellen kann. Und Sie sehen es hier unten in der kleinen Karte, oben rechts sehen Sie einen Friedhof bei uns, der mitten in der Stadt liegt, der sehr, sehr wertvoll ist, ökologisch. Und dann haben wir hier schon verschiedene Lebensräume, die alle so rot umrahmt sind, die relativ wertvoll sind in Richtung Wald hinaus. Und so kann dann eine Tierart über die Zeit auch wandern. Natürlich ist es uns nicht möglich, oder würde es keinen Sinn machen, wenn wir jetzt einfach sagen würden, hey, im ganzen Siedlungsraum müsst ihr überall 15% der Fläche mit solchen Blitzsteinbiotopen belegen. Sondern wir haben ja eine diverse Stadt und wir haben ganz unterschiedliche Strukturen in dieser Stadt und entsprechend haben wir dann auf Basis dieser 15%-Zahl Richtwerte für verschiedene Stadtstrukturen und Freiraumkategorien aufgestellt, die jetzt so in der Fachplanung drin sind. Und Sie sehen, die sind relativ unterschiedlich. Wir haben beispielsweise in Grünanlagen, da gehen dann geht der Richtwert hoch bis zu fast 60%. Aber im Straßenraum zum Beispiel ist der relativ tief mit 4%. Und das variiert so über die Stadt, je nachdem, in welchem Raum eine Fläche liegt. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie sind wir auf diese Richtwerte gekommen? Und wir haben das so gemacht, dass wir mal geschaut haben, wie viel gibt es bereits schon jetzt in diesen Flächen drin. Und dann haben wir uns einzelne Parks, Friedhöfe, Schulhäuser, was auch immer rausgesucht, von denen wir wissen, dass sie in einem sehr guten ökologischen Zustand sind. Haben also geschaut, was wäre eigentlich möglich, wenn man es wirklich richtig gut machen würde. Und der Mittelwert dazwischen, das ist dann dieser Richtwert, mit dem wir jetzt arbeiten. Und dieser Richtwertgrundsatz gilt, der ist im Minimum zu erreichen. Wir lassen aber eine gewisse Portfoliosicht zu. Also wenn beispielsweise eine Dienstabteilung auf ihren Flächen jetzt irgendwo den Fall hat, dass sie sagt, hey, wir schaffen es wirklich nicht, den Richtwert nicht zu erreichen, bei diesem Verwaltungsgebäude zum Beispiel, dann können sie das in einem anderen Projekt nach oben kompensieren. Das ist möglich. Und diese Richtwerte so sind für uns eine ganz, ganz wichtige Planungsgrundlage, die dann auf Projektebene zum Zug kommt und wo wir dann auch eben andere Interessen einfließen lassen können. Man kann dann natürlich auch schauen, diese Richtwerte, wie verhalten die sich tun bereits zum jetzigen als zum Ist-Zustand. Und da sieht man, wenn man sich die Karte von Zürich anschaut, das blaue, die grünen Flächen, das sind Flächen, wo wir schon gut unterwegs sind, wo es darum geht, den hohen Bestand an ökologisch wertvollen Lebensräumen zu halten. Aber alle Rottöne, da haben wir Aufwärtsbedarf. Also wir müssen schon noch ziemlich viel machen. Insbesondere wenn man bedenkt, dass wir auch verdichten müssen, wie viel diese Flächen baulich und zubauen müssen. Dann das zweite Element des Netzwerks sind die Vernetzungskorridore. Diese sind festgelegt, also da sind wir wenig flexibel räumlich, sondern die sind wirklich auf Richtplanebene auch schon festgelegt, wie beispielsweise hier zwischen diesem Friedhof und dem Wald. Und da geht es wirklich darum, dass es lineare Räume sind, dadurch einfach noch eine höhere Qualität haben. Innerhalb dieser Korridore sollen natürlich möglichst viele Trittsteinbiotope, ökologisch wertvolle Lebensräume
umgesetzt werden und angelegt und gepflegt werden. Wir wollen hier möglichst keine Barrieren oder Fallen haben. Also auch wenn es beispielsweise dann um Beleuchtungskonzepte oder so geht, ist das dann zu berücksichtigen. Und wir haben diese Korridore auch typisiert. Es gibt verschiedene Typen, vom Grünzug über Gewässer bis dann hin zu Infrastrukturkorridoren. Das ist vielleicht ein bisschen speziell bei uns. Das sind vor allem Bahngleise, wo wir aufgrund des Betretungsverbots und aufgrund von Böschungen und ähnlichen Strukturen eigentlich relativ gute Bedingungen haben für einen ökologischen Vernetzungskorridor. Es können aber auch Straßen sein mit guten Baubeständen, die dann so eine gewisse Qualität für einen Korridor bieten. Für die Korridore haben wir keine zusätzlichen Richtwerte oder so in konkreten Zahlen, sondern hier arbeiten wir mit qualitativen Zielen. Und auch hier haben wir eine Analyse gemacht und auch hier sehen Sie, wir haben einzelne Korridore, die bereits schon relativ gut funktionieren, aber wir haben auch einige tiefroten Bereiche, wo wir mehr ökologisch wertvolle Lebensräume brauchen, damit die Korridore wirklich funktionieren. Das letzte Element in unserem Netzwerk sind Naturschutzgebiete. Diese sind natürlich langfristig gesichert, die basieren auf unserem Natur- und Heimatschutzgesetz. Sie sind festgelegt vom Stadtrat, sind klarräumlich abgegrenzt und haben ein Schutzziel. Und die sind natürlich verbindlich sowohl für die Stadt wie auch für die Private. Und auch hier haben wir einen gewissen Handlungsbedarf erkannt, also wir sind daran, dieses Inventar zu revidieren und müssen schauen, wo ist es wirklich noch zeitgemäß, wo müssen wir vielleicht Flächen aus dem Inventar entlassen oder neu hinzufügen. Ja, dann komme ich schon ins Ende meines Inputs. Am Schluss möchte ich Ihnen nochmals ein paar grundlegende Prinzipien mitgeben, die uns eigentlich bei unserer Arbeit immer begleiten. Das Wichtigste, und das sehe ich jeden Tag, wenn ich die Leute in anderen Dienstabteilungen oder so berate, ist, wir müssen das wirklich integrativ umsetzen. Also wir müssen schauen auf den Flächen, dass wir nicht nur Biodiversität, sondern eben auch Hitzeinselungen, Bäume pflanzen, Regenwasser versickern, all diese Anliegen berücksichtigen. Aber wir müssen auch schauen, dass wir diese ökologisch wertvollen Lebensräume kontinuierlich mitdenken. Das ist neu jetzt bei uns, seit wir diese Vorgaben haben. Wir müssen wirklich beim Unterhalt und bei der Pflege das mitdenken, aber bereits auch schon bei der Planung. Also es fängt schon viel früher an, man kann nicht mehr früher ein Haus bauen und am Schluss sagt man der Gärtner, hier hast du noch einen Auftrag und bitte macht noch einen schönen Umschwung, sondern man muss das wirklich von Anfang an mitdenken. Wichtig ist auch, dass solche ökologisch wertvollen Lebensräume per se kein Schutzgebiet sind. Also man kann die nutzen. Sie haben eben zum Beispiel gesehen, strukturreiche Nutzgarten ist ein Beispiel für einen ökologisch wertvollen Lebensraum bei uns. Und wenn Sie jetzt irgendwie einen Richtwert von 25% haben in Ihrem Projekt, dann heißt das nicht, dass Sie 25% der Fläche nicht mehr nutzen dürfen, sondern Sie wählen Ihren ökologisch wertvollen Lebensraum so aus, dass es sich mit der Nutzung im Idealfall gut verträgt. Und eben immer wieder wirklich Synergien nutzen, die Fläche gut ausnutzen, sodass sie für verschiedene Zwecke dienen kann. Auch wichtig ist, man kann nicht immer einen ökologisch wertvollen Lebensraum anlegen in einem Projekt überall. Es geht nicht immer 100%. Aber was auch ganz wichtig ist, dass wir auch unten dran, dass wir Flächen öffnen, dass wir entziegeln und jede Verbesserung ist wichtig, auch wenn sie vielleicht dann nicht von unserer Bewertungsmethodik hier auf diese 15% ökologisch wertvolle Lebensräume schlussendlich einzahlen. Was auch so ein Prinzip ist, was eigentlich so ein No-Brainer sein sollte, aber was wir doch immer wieder auch vertreten müssen, ist, man macht es ja sowieso. Irgendwann kommt ja sowieso ein Gärtner. Irgendwann hat man sowieso den Aufwand und man macht irgendetwas mit dieser grünen Fläche. Und wenn man das macht,
da kann man es gleich richtig machen, sodass es standortgerecht ist und dass es ökologisch wertvoll ist, weil dann hat man hinten raus auch weniger Aufwand in der Pflege und weniger Kostenaufwand, um das Grün zu pflegen. Ebenfalls ein ähnliches Prinzip ist, wenn wir schon Flächen mit hohem Wert haben, dann sollten wir die erhalten. Das ist auch nachhaltig im Sinne einer Kostennutzung. Wir haben auch seit etwa einem Jahr einen erweiterten Bau erhalten, also das wir hatten. Also wir müssen Bäume ab 1 Meter Umfang erhalten in der Stadt. Man darf die nicht einfach mehr fällen. Und für andere Lebensräume gibt natürlich dasselbe, wenn man schon wertvolle Flächen hat, sollte man die erhalten. Bei den Korridor- und den Naturschutzobjekten, die sind behördenverbindlich und zu respektieren und in einigen Fällen der Naturschutzobjekt auch die private. Und das muss man natürlich dann bei der Wahl der Lebensräume, die man rund im Umfeld anlegt, auch einbeziehen. Gut, dann wäre das meine Präsentation gewesen. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Okay, wir kommen an Träger Lützeburg. Ich stehe mich für Danita Bau an den Lex Faber, die Experten an der Planung, an der Raumplanung, Umweltplanung, Stadtplanung sind, als Lenker 4 zu stellen, was Träger Lützeburg überhaupt als Viergabemöglichkeiten, Instrumente sind für Planung, wo dann auch Greenplanung, Kader Biodiversität der Klimaschutz kind abschließen, wo Möglichkeiten sind an genau. Wir sind hier als Vertreter von der Arbeitsgruppe Biodiversität an der Arbeitsgruppe Neue Entwicklung vom Autor dieser Strecke im Conseil. Soll schaut nach Franziska Hoppe dabei sind, was sich entschuldigt an Dave von der Arbeitsgruppe sucht den Dave Felder, den ich länger kurz winken. Wenn sich für David von denen Arbeitsgruppen interessiert, kann sich auch gerne hier wenden. In einer anderen koordiniert ein bisschen die ganzen, ich weiß nicht wie viele Arbeitsgruppen, das sind 7 oder so. Ja, 7 Arbeitsgruppen, die im Bereich von neuer Entwicklung gibt. Generell geht es beim OAI ziemlich viele Arbeitsgruppen, wir sind nicht immer ganz, mit Datei sind effektiv ganz aktiv Arbeitsgruppen. Wir probieren an einem Vortrag ein bisschen aufzurinnen, was wir schon hören und natürlich müssen wir schon hören, was geht es im Bereich von Naturpark, was machen verschiedene Naturschutzindikator, was möchte Stadt Lützeburg. Und deswegen schwätzen wir hauptsächlich von den mehr reglementarischen, respektive formellen Instrumenten, das Ganze an der Idee von für die Diskussion von heute ein bisschen aufzurinnen, an der Introduktion dann vom Workshop. Wir beschreiben also in dem Sinne ein bisschen, ob die mehr formellen Planungsebenen, auch wenn dafür und allem auch zum Schluss drauf abholen, was vielleicht ein bisschen den Optimierungsbedarf als respektiv hat vielleicht nicht so gut funktioniert oder weil sich kein anders das vierstellen. Was das nationale Niveau für ASU belangt, denke ich, dass es wichtig, dass man natürlich einerseits die Schutz- und Genehmigungspflicht tun bei der Zerstörung von Biotopen und Habitaten. Wir sind als Dorana Inst oder just am besten Fall denke ich eine Kompensation von der Zerstörung gemacht. Das wäre ja nicht unbedingt, Ziel von der Verbesserung vom Umfeld. Mir geht eben der Minister hatte geschwert, respektive der Moin auch schon, soll natürlich die neue Viergabe gehen für mindestens 10% Geringfläche innerhalb von PAPen, respektive geschwert, dass effektiv an der Klimaadaptationsstrategie auch 4 gesehen hast, so ein Viergabe Niveau vorbei, für zu sehen, ich das richtig verstanden. Es ging dann eine ganze Reihe von Programmen, wo ihn motiviert wird oder sensibilisiert wird, zu bringen. Die kennt sie alle gut, die dir vielleicht nicht so umschirmt sind, für allem auch den Programm, was den Development rural belangt, wo gerade am ländlichen Raum, den zuletzt relativ viel Gemengen umfasst, auch zum Beispiel Projekte, die in Wertsetzung von öffentlichen Raum belangt, können relativ fähig kofinanziert gehen. Und es gibt natürlich auch alles, was Gestion de l'eau ist, auch auf Fonds, wo Mesure können realisiert gehen. Da denke ich wichtig, dass die Donien an alle Konzepte der Planung, die wir auf Gemeinganiveau machen, können wir viel Donien vom nationalen Niveau zurückgreifen, die zum Teil, denke ich, Lützeburg ganz vorbildlich gut sind, wenn der Region guckt, weil da so um Geoportal geht. Ich denke für und allem auch, wie der neue Umschwert auf die mehr präzis bioklimatisch Karte von das bis nicht mehr für die Raum disponibel ist, wie es so geht.
mir fehlt ganz Land, dass da ein relativ wertvoll Planungsgrundlage ist, und noch denke ich, da habe ich im Niveau von der Gemeinde viel mehr effikaz geht, weil in eben viel Männer Zeit der Ressourcen muss an Analyse stehen, mir am Anfang eigentlich quasi direkt kann aufhängen, Donnerien zu verlagern und dann Mesuren zu planen und das dann umzusetzen. Wie ein bisschen angeschaut auch an der Präsentation zum Animal Aid Design, dass das, was den Artenschutz anbelangt, nicht der Fall ist. An der öffentlichen Wahrnehmung meinen die, dass man an der Planung nicht anders das machen, wie irgendwelche Fledermäuse zählen. Das ist aber an dem Sinn auch nicht ganz richtig. Und zweitens, erst eben an der Approche, wo wir Etüden am Artenschutz auf Projektsniveau machen, an diese Etüden auch nicht unbedingt öffentlich, respektive andere Planungsträger zur Verfügung stehen, beginnen eigentlich relativ wenig Informationen zum Artenschutz am städtischen Milieu, wann du zum Beispiel ein kohärent Grenzkonzept will Niveau von einer Gemeinde machen, und effektiv können den dann noch echt dazu das Niveau von vielleicht Lebensräumen zu machen, so wie doch am Vortrag umgeschwärzt wird. Und ich denke, das wird zum Beispiel ein interessanter Punkt, es viele Experten zu dem Thema am Raum, wir kennen auch vielleicht durch die Art Weise, wie so Studie gemacht wird, auch anderen würde da vielleicht zu einer Beschleunigung von Projekten beitragen oder vielleicht auch einfach Vermeidung von Zerstörung von verschiedenen Lebensräumen, aber auch gleichzeitig einfach eine mehr kohärente Planung im Niveau von einer Gemeinde oder einer Region zu unterstützen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Batterie von Plänen, Programmen auf nationalem Niveau, die alle Gemeinden das Begrenzungen gut sagen. Da gibt es verschiedene inhaltliche Vorgaben. Ich denke, was einfach wichtig ist, dass der Programmdirektor, den im Moment gilt von der Landesplanung, wo wenn jetzt der Regierungsakkord guckt, die Regierung noch nicht forcément komplett dahinter steht, aber wie es geschwärzt wird, also aber die Entwicklung, also die Bebauung oder die Entwicklung von den Wirtschaften von Bahnen, die an die Landschaft rausgeht, weiterhin ein großes Ziel von dieser Planung. Aber wenn man in der Realität guckt, tun wir einfach auch historische Flächen dran, die am Rahmen der Zeit auch einfach verbraucht werden geht. Im kommunalen Niveau werde ich noch weitermachen, dann nicht weiter nur auf der Kartiers-Niveau angehen. Ich werde nicht so viel theoretisch bleiben. Ich denke, was wichtig ist, dass ich immer ein bisschen intus wird aus den Dreiklang von PAG, PAP an Baureglement. Was denke ich für du anzufangen noch beim Baureglement wichtig ist, dass denke ich im Moment eine ganze Reihe von Vorgaben oder ganz gute Vorgaben am Niveau von der Gemeinden sehr wird. Der Schutz von Bestandsbeam bei Chantier, Verbot von Schottergärten, Nutzung von Rehwasser oder gehen vielleicht noch ganz andere Sachen, die sich am Baureglement erfahren. Wo die gesetzliche Grundlage davon nicht unbedingt so ganz eindeutig ist, das meine ich hauptsächlich darunter leid, dass die konnten dranbleiben, weil vielleicht auch bei der Genehmigung von den Reglementen nicht so genau geguckt wird, was da steht. Und ich denke, hier sollte davon ausgehen, dass die Sachen im nationalen Reglement nicht fertig da sind. Ich meine, das ist ein Grundanspruch, den denke ich, Sachen tun, wir werden der gesichert dran ist. Und ich denke, du musst sich darauf ausstellen, dass du eine gewisse Lücke muss füllen im Niveau von der PHP, wo denke ich, du aus fachlicher Sicht verschiedene von den Vorgaben auch besser aufgerufen sind, wie sie da im Moment an einem Baureglement sind. Ich denke, grundsätzlich den Unterschied, dass ich bekannt ich will Herr nur am Anfang mehr darauf angehen, was kann ich überhaupt machen im Kader von den verschiedenen Instrumenten, dafür vielleicht dann noch ein Begrenzungskonzept auf dem Niveau umzusetzen. Wichtig, und ich denke, das ist auch den Medien von nicht bekannt, dass sowohl PAG wie PAP von einer gewissen Envergure Grundlage ist von einer verpflichtenden Umweltprüfung. Das ist das natürlich interessant. Ich denke, mittlerweile ist das System auch schon ein bisschen mehr erodiert. Das sind natürlich Instrumente, die, wenn es gut läuft, zu einer Verbesserung von der Planung führen. Wenn es vielleicht nicht so gut läuft, da stellen sie einfach fest, wie viel Zerstörung durch Planung eben stattfindet, respektive und natürlich auch einen gewissen informierenden Rolle zu der Planung sich. Was du denke ich wichtig ist, dass dort Gemeinden sowohl entweder als Gemeinde, als die Planungshoheit respektive auch selber vielleicht Bauherr oder plant, aber relativ viel in der Hand. Ich denke, bei einer zu einem PHP hängt ganz viel davon auf, zu welchem Zeitpunkt sie gemacht wird, wenn das Projekt schon fertig ist. Und dann die Vergessung zu machen, da soll eine sehr eng machen. Als der Sinn von so einem Prozess ist ganz andere, wie wenn ich eine richtig integrierte Planung möchte, an die entsprechenden Schritte, an Etüden, an Konsultationen, Freizeit, ich möchte für das eben alles gut können, auch am Projekt zu berücksichtigen. Was denke ich wichtig ist, nach einer zurückzukommen, als Rolle von der Etüde-Präparatur von PAG. Auch da das vielleicht ein bisschen ein leidiges Thema, da dauert das immens lang, dass ich viele Etüden, mir braucht das eben das, was man
am Kader von dem Reglement Grand Ducal, der das regelt, also befehl gesehen, dass Gemengen ein Biotopkataster aufstellen. Da das, du denke ich, komme ich ja nun ein Kadoträge ganz stark gelernt mit dem Naturpakt. Auch da muss ich sagen, dass denke ich viel Biotopkatastern, so wie sie auch im Moment da sind oder auf der PRG drauf sind, ziemlich alt sind. Einerseits von der Realität, mit der Realität entsprechen, andererseits auch einfach aufgrund von einem anderen Naturschutzgesetz gemacht werden. Es gibt dann eben den Dreiklang an der Typ, aber von der Analyse von dem Entwicklungskonzept auch vom Schemadirektor, ob das ich denke, wollte abholen. Da den, dass wie gesagt, den Biotopkataster muss ich denke, dass das trotzdem weiterhin ein ganz wichtiges Planungsgrundlage von den sich die Entwicklung von einer Wirtschaft, von einer Kraft oder von einer Stadt guckt, für einfach mal ein gut aktuell ein Objektivgrundlage zu haben zu den bestehenden Geringstrukturen, ihrem Wert, ihrem Schutzstatus, mir auch darüber raus. Ob der Grundlage gibt an der Regel ein Landschaftskonzept gemacht, was den Außen- und den Innenbereich betrifft, also den ganzen Territoire von der Gemeinde. Auch da muss ich gucken, was möchte wirklich Sinn. Ich denke, dass das werden wir vielleicht in der Konklusion kommen, zuletzt gibt oft Stadtentwicklung aus der Zeit die PRG und Kraftplanung aus der Zeit die PRP. Das ist aber nicht so. PRG und PRP sind eine reglementarische Umsetzung von etwas. Das ist das nicht derselbe. Es muss am Kader von der Stadtentwicklung für bei dem High-Niveau zu bleiben, ganz viele andere Instrumente gegen Planstrategie, Programme, Sachen, die im Niveau von einer Gemeinde umgesetzt werden. Und die PRG behandelt eben das, was den betrifft. Am Ziel für reglementarisch urbanistisch Viergaben zu gehen, die schlussendlich dazu führen, dass es eine Baugenehmigung kriegt oder nicht, dass das ein bisschen Finalität von der Sache, wenn wir vom Urbanismus schätzen. Das ist nicht, dass alles anders das nicht nötig ist, dass das ganz viel nötig ist, der PRG ist vielleicht nicht unbedingt der richtige Platz für das zu machen. Und ich denke, da muss ich ein bisschen am Hanna kaputt. Dafür habe ich auch ein Beispiel davon, dass das so ein Versuch von dem anderen, wo ich gesagt habe, okay, an dem Landschaftskonzept beschäftigt wir uns für allem da mit kleinen Flaschen, wo Extensionen gemacht werden, wo neue Karten entwickelt werden, wo am Anfang aus einer Überlegung heraus von wie kann eine Geringvernetzung, eine Biotopvernetzung im Niveau von der Gemeinde konkret auf eine Wirtschaft umgesetzt generativ statt auch für die einzelnen Bauprojekte, wo ich vielleicht ein geringen Achs entwickeln oder nicht. Alles das sind ja dann nur Viergaben, die ich brauche, für nur auf den Kartensniveau zu gehen, wo ich dann, und das denke ich auch ein interessantes Instrument, der Schemadirektor 100 für all die Flächen, die neu entwickelt gehen, aus den Evaluierungen vom Urbanismus, von der Landschaft und dann an der Mobilität, anfangen mit Viergaben machen. Das muss ich so den einzigen Volley von der ganzen Geschichte, den eigentlich ein plus ou moins reglementarisch Grundlage hat, der hier am Gesetz steht, dass der Schemadirektor PHP orientiert, wenn der PHP von der Aufwärts muss das argumentiert gehen, das heißt, wenn ich bei einem gewissen Niveau will, ein Erhalt von Geringstrukturen, eine Entwicklung von einer Geringfläche, ein integriert Rehwassermanagement will rekommandieren, da kann ich das effektiv machen. Und das ist auch in gewissem Sinn eine Rekommandation, oder nicht nämlich eine Rekommandation, wie auch etwas semi-verbindliches, was dann her nur im PHP-Niveau muss behandelt gehen. Direkt als an der DIN. Das heißt, wir haben etwas mit Artenschutz, mit Fledermais. An mir haben tatsächlich auch noch eine Preskription, dass ob den Lo Privé in Apre in Hochstamm zu pflanzen ist, ob allo an der Servitut selber, ob meist 35% müssen bepflanzt gehen. Auch hier stellt sich wie immer ein bisschen die Frage, das kann Ihnen so erzeichnen, auch an der Baugenehmigung, wo kein Problem, du hast denn in Hochstamm dran. Geht es wirklich gemacht, was das, wenn verkauft geht oder an 5 Jahren gefällt es Ihnen nicht mehr, dann ist das nicht mehr du. Auch wenn es halt weiter dran steht. Aber du mal noch andere Sachen, weil du wirklich den reglementarischen Teil PHP Novokaktiv. Es geht immer mehr mit Masterplan geschafft. Das ist ein informelles Instrument. Das ist eine Möglichkeit, wirklich einen Schwerpunkt, ob Landschaftsplanung zu legen, ob Freiraumplanung, ob Biodiversität. Natürlich auch anders zu sehen, ob Mobilität, Urbanismus, ob Zusammenleben und so weiter. Hier ist ein Beispiel für einen Masterplan am Freiraum. Für dasselbe Gebiet gibt es auch Mobilitätspläne und so weiter. Und dadurch ist eine gute Ergänzung, wenn es am Vierfeld von einem reglementarischen Plan passiert,
wenn du viel Leute zusammen schaffen, viel verschiedene Experten zusammen schaffen, an die sich können aufstimmen, wo noch nicht um all Inselmeter Carré gefeilt geht, so nicht mal, weil es gibt Nutzungstrick von all Seiten, das hat mir heute in Moin auch schon vormal, wie gehen wir da um, was können wir machen, Multifunktionalität ist ein ganz großes Sujet, wie können wir das verbinden, zum Beispiel Retentionsraum mit Freiraum, an Kringraum natürlich auch. Wir schwätzen halt ganz viel über Kringraum, das ist ja auch ein Titel von einem Seminar. Kennen nicht auch Freiraum, Medax, Kringraum sind. Das sind auch so Sachen, über die ihn auf dem Niveau kann ganz gut schwätzen. Den Lex wird schon als Gruppe de Travail, Biodiversität beschwart. Das ist ein ganz gutes Beispiel. Wir sind wirklich in einer Gruppe de Travail Architekten, Ingenieur, Conseil, Urbanisten und Paysagisten zusammen. Und letztes Jahr haben wir gesagt, das müsste am Anfang immer so ein bisschen zusammen geschafft gehen, weil als Diskussionen kommen wirklich von allen Seiten verschiedene Remarken an. Wir müssen auch Kompromissen finden. Wir nun bei Eisen auch nicht immer dieselben, ganz klar. Aber wir fanden die auch an der Diskussion. Dazu ist noch mal ein Beispiel an engem Masterplan. Was kann Ihnen wirklich am Kader von der Biodiversität machen? Wir haben eine Situation mit verschiedenen Plätzen. Was für Kringraumelemente nutzt ihn an Relation von der Nutzung? Also ist das ein belebten Platz, ist da viel Publikumsverkehr, weil du vielleicht Geschäfte sind, dann schaffst du vielleicht nicht so ganz viel mit Blühwiesen, von denen wir schon viel Haut gehört haben. Dann musst du auch irgendwo versichern, an wann ein Eco-Pavé oder so etwas ist. An engem Bannenhaft, wo nimmen die Leute, die da wohnen, etwas zu tun haben, kannst du noch mal ganz anders durch hier gehen. Auch da als Partizipation dann ist ein Sujet. Also immer interessant, mit den Leuten, die da wohnen, auch zusammen etwas zu machen. Ja, Biodiversität gibt es an verschiedenen Dekreten. Und natürlich auch die Pflege, das hat mir heute schon ein paar Mal gehört, gerade heute Morgen an dem Vortrag von Erich Tom an Lisa. Ja, Pflege ist auch ein Sujet, wie das gibt gepflegt, was ist so wichtig, ist auch ein Kostenfaktor für Gemengen, das war ja heute auch schon mit den personellen Kapazitäten kurz umgespart. Jo, Elo, kurz ein paar Prinzipien von der Freiraum oder von der Kringplanung, besser von der Freiraumplanung, weil es geht auch Reihen, die nicht unbedingt Kring sind, aber wo Kring-Elemente dran sind. Entsiegelung ist ganz klar, kennt jeder Verein, was für Revêtement, also was für Belege holen wir, was für Materialien, auch von der Farbe. Da, wo nicht ganz so viel ist, kann ihn auch mit offenen Fugen schaffen, da, wo viel Verkehr ist, halt dann aber ein bisschen mehr zusammen, permeabel. Wir wollen Hitzeinseln vermeiden. Wir haben heute schon ganz viel über Bekringen Kirche gehört, über Fassaden, Zukunftsbeben sind überall angekommen. Schwammstadtprinzip, ja, es ist so, es wird ganz viel geplant. Am Ausland geht es auch ganz dags umgesetzt. Ich bin froh, dass ihr den Guide, von den heute schon Pummel geschwart gehen, als ihr den Elo auch kennt. Wir haben auch Erfahrungen gemacht. Bei der Umsetzung geht es immer noch frohen. Auch von den Firmen, die direkt für Obschauen, die da am Schaffen sind, dass es nicht ganz klar ist, wie geht es umgesetzt. Also da sind wir noch nicht ganz so weit wie an anderen Sachen. Entsiegelung ist klar. Natürlich Punkte wie Wurzelentwicklung, dass Pflanzgruben groß sind, dass die richtigen Substrate geholt gehen. Das sind alle Punkte, all Paysagist, all Gärtner weiß, wie das muss sein. Es muss aber auch gemacht werden. Die Ideen, die Prinzipien sind nicht neu. Die gehen appliziert, aber sie könnten mehr flächendeckend, so nicht mal überall, an auch frei genug appliziert gehen. Jo, Lichtverschmutzung war auch ein paar Mal heute schon Sujet. Ich meine, das ist in den letzten 10 Jahren wirklich gekommen. 15 Jahre war das noch ein bisschen exotisch. Sujet, haut wie es die Vereine um was es geht. Jo, last but not least, ganz kurz, die beste Planung bringt Ihnen nicht viel, wenn sie nicht gut umgesetzt wird. An für Umsetzung von enger Planung braucht Ihnen gut Pläne. Wirklich kann Ihnen nicht Konzeptspläne holen und so, und wir machen es so. Du musst Ihnen sich ein Expert an die Gittet, die müssen sich Gedanken machen, wie es funktioniert.
wie es wirklich sur Platz funktioniert, muss auch Herr No an der Bauphase Lesungen fanden. Die gesagt, ein Beispiel, das sind die Lohneibeem, wie geht den gepflanzt? Schon in der Ausschreibung muss klar sein, wie viel Substrat brauchen wir, was für ein Typ ob Substrat. Das muss direkt von Anfang oder nicht von Anfang, an der Phase muss es klar sein. Weil wir schon von Chantier schwatzen, du hast es gerade schon gesagt, aha, von wem? Die Beeren müssen aber auch Chantier überleben. An den Baum ist nicht nur Urven das, Baum ist auch dort mit den Wurzeln. Das ist immer bei Eis so ein bisschen auch intern zwischen, du brauchst einen Wurzelschutz, du kannst nicht einfach direkt neben dran dann für Infrastruktur machen, das geht nicht. Baum muss geschützt gehen. Da wären dann vier Beispiele, an du einfach zu so immer wieder nächstes dasselbe. Extern vorbeiholen ist gut, du geht es extern, an die müssen auch Materialien kommunizieren. Das ist ein Poma besucht gehen, auch von der Seite von der Stadt Zürich noch ein Kehr. Koordination ist immens wichtig. Wir haben Infrastrukturen, wir haben Ringrahmen, wir haben so viel verschiedene, wir haben Urbanismus natürlich, Architektur, wir haben so viel verschiedene Exigenzen, das muss irgendwie zusammenkommen. Dann sind wir bei einer Schlussfolgerung. Ja. Kann ich noch mal kurz zusammenfassen, der Loh für S2-Sohn. Wir haben Inhalte von der Etude Präparatoire, was den Lex gerade hier gestellt wird. Das muss auch zusammenpassen. Da geht es ganz viel Verknüpfung schon mit ganz vielen Strategien, Programme von der nationalen Niveau. Die sind am Bereich von der Begrünung, vom Klimawandel. Da kommen immer neue Programme auch mit dazu. Und das muss passen. Muss auch aktualisiert werden. Dafür gibt es neue Programme. In den Etude Präparatoire, die 10 Jahre alt ist, die bringt haut nicht mehr viel für ein Pärchen. Du hast es gerade schon umgespart an der Neuplanung und PHP Novo-Quartier. Gibt es Möglichkeiten, gibt es einen großen Toolbox. Wir müssen sie nicht mehr applizieren. Am Bestand geht viel, das war heute Morgen schon gesagt, mit der Kartografie, die schafft mit Managementplänen oder so weiter. Aber das sind alles es sind freiwillig Initiativen. Wenn Ihnen das nicht will machen, dann muss es die nicht machen. Es geht aber doch für viele vierte Programme, was wir gesagt Bestand, das Naturpark mit all seinen Maßnahmen, denen wir das möglich tun, ganz große Vierreiter, aber natürlich auch die anderen Programme, die gerade genannt werden. Ja, da geht noch mal ein bisschen an die Richtung, aber wir wollen auch noch nicht zu viel für wegholen, weil da sind auch Punkte, die mir ja wollen heute nur mit dich noch an Arbeitsgruppen beschwatzen. Für alle Umsetzungsmöglichkeiten, wie kann er Ihnen das vernetzen? Als Sinn vom Viertrag war vorhin noch mal ein bisschen Überblick zu gehen, was tun wir schon alles? Und das nicht nicht, das ist viel do, aber wie kann das noch besser gehen? Vielleicht daraus zuschließt, weil wir schließlich vom OAE haben. Ich denke, der Pflicht ist auch, das nicht zu verloren, dass sie überhaupt nur ein Expert, also ein Landschaftsarchitekt an einer Planungsequipe dran sind. Wir wollen auch keine von den verschiedenen Viertrichtungen, wo immer ein bisschen Konfusion, wen die überhaupt möchte, wo ein Architekt, den eine Geringfläche geplant und ein Ingenieur, den eine PHP geplant wird. Vielleicht müssen wir ein bisschen noch Pädagogie machen, wie wer möchte. Der Pflicht ist eben, gerade in diesem Fall, wenn wir von einer Begrenzung schätzen, denke ich, auf alle Niveauen muss ein Expert, also in einer anderen Landschaftsarchitekt dabei sein. Zusammen natürlich unter Equipe mit den anderen, das sowohl im Niveau von PHP, wo man als Minimum nur denken, vor allem bei den großen PHP, wo man dann die Obligation von den 10% Geringfläche schon auch ein logisch verpflichtendes Konzept da noch weit geschieht, also das Qualität nicht sicherzustellen. Just wenn wir da müssen die weiteren Excel-Tabelle als für die Koeffizienten zu rechnen, hast du sicher keine Qualität, die der Hände dabei rauskommt. Weil natürlich, dass sie das nicht so machen, wie Qualität können nicht durch Excel an Reglemente geschmengen. Der Tisch muss ein Expert sein an den oder eine Expertin, und die muss noch nur an der Planung von der Umsetzung und dann noch an der Umsetzung dabei sein, weil sonst spätestens dann geht im Chantier irgendetwas anderes und dann ist es einfach nicht gesagt. Und ich denke, dass auch du, wo ich muss gucken, natürlich ist der Input von verschiedenen anderen Plätzen auf der ganzen Länge von dem Planungsprozess sinnvoll. Mit muss auch das richtig zum richtigen Moment gemacht gehen. Und effektiv, lassen wir fangen wir damit und dass einfach die richtigen Experten zum richtigen Moment bedient sind oder eben an der Planungsequipe dabei sind, da wird, denke ich, schon mal viel gelesen.
Vielmals merci, Anita Alex. Ich gebe so außer wie ich ein Begrifflichkeitsfroh, gebe ich alles an für Workshop-Gruppen, wo auch unter anderem von Anita vom Lex gelegt gehen halen. Schießt, weil das Loen habe ich ganz wirklich nicht verstanden. Okay, schenkt soweit alles klar. Genau, ich mache nur ganz kurz einen Übergang zu dem letzten Teil davon Haut. Eben also praktischen Teil, wo wir alle zusammen können an einzelne Gruppen diskutieren, wen da du deine Geringplanung wirklich keine Realität umsetzen. Ich gebe du an Erinnerung rufe, warten wir schon seit dem Morgen gesehen haben, an knappe Wörter, einfach, es geschieht schon ganz viel. Das nicht, wir fangen nicht bei Null an. Wir ganz flott Beispiele haben als Letztebusch gesehen, was auf Gemengeniveau geschieht, von der Naturschutzseite, von der Gemenge selber, was hier Bestrebungen sind. Die verstärkte Durchgeringung ist wirklich gewollt aus den unterschiedlichen Uleis, eben von Klimawandelanpassung, Naturschutz, Plan Sozialpolitik, Klima auch. Es soll mehr durchgeringt gehen, da das klar. Die Stadt Zürich hat gewiesen, dass eben eine verbindliche Grünplanung mit einer Wirkung möglich ist, und plus nach den anderen Programmen, wo Privatpersonen noch wirklich viel Subside kriegen, wenn sie auch gewillt sind, mit auf die Weg zu gehen. Dann haben wir durch ein Animal Aided Design gesehen, dass eine Planung anhand von deren Art von den Lebensräumen möglich ist, wo auch auf die Lebensphase für deren Arbeit zugehen, auch mit einem partizipativen Prozess. Dass man eine ganz Panoplie auf verschiedenen planerischen und regulatorischen Instrumenten hier beschundet, das man ganz klar durchgestellt, die aber auf verschiedenen Niveauen und auch auf verschiedenen Detailgraden wirken. Und dann haben wir eben ganz viele zusätzliche Aufforderungen, Aussprüche und Gemengen, die von unterschiedlichen Bauern kommen, eben durch den Naturpark Klimaanpassung. Mir, das ist eine Frage, wo die auch selber an den Gruppen diskutieren wird. Wir haben auch schon stets einfach als unser Vue wird durch den Seminar organisiert. Was wären da Möglichkeiten, was sind Chancen, wenn die integrierte Geringplanung mischt? Bei Apps wird ganz klar, dass viel mehr gestalterische Charakter tun. Das ist nicht just das passiv, was der Lachs Faber gewiesen hat, wo der gebaut wird, wo nicht, was dann erhält, was nicht. Mehr wo will man hin? Was will man an Zukunft? Was will man, wie soll das durch, weil Staat ausgesehen, was will man da alles erhalten? Durch mit Animal Aided Design, für wen möchte ich nicht? Das wäre etwas, was ja so einen Geringplan, wo bis dato heute noch nicht so gut, wo das Kind dran auflesen. Dann natürlich genau die Harmonisierung von den verschiedenen Ursprüchen aus einem Plan. Etwas, was auch eine Idee, wer das darüber nutzt, denkt, dass das eventuell Kind zu einer Vorwegnahme sind von negativen Auswirkungen von weiteren Bauprojekten, wie ein Gemeinde entwickelt wird, alles soll gebaut gehen, da den einfach am Platz die nur geschaute Kompensierungsmaßnahmen, die zum Teil auch mit dem Reform vom Naturschutzgesetz, die am Gang sind, denen wir ausgekoppelt sollen gehen, die Kinder aber schon an einen integrierten Geringplan antizipiert gehen, dann einfach langfristig wissen, wir schaffen so viel Lebensräume an der Gemeinde für dort, das Tierenart, das Pflanzenart auch in Zukunft genug da wird tun, das Kind aus einem Plan dran haben. Und ja, das ist für allem auch der Punkt der zusätzlichen Begrenzung, dass den das an diese Plankind integrieren. Und noch viel weiter, die fand wahrscheinlich noch andere Punkte. Genau, wie kriegt denn das in Realität umgesetzt? Wie kann all die Instrumente zu einem ähnlichen Plan zusammenfließen? Und aber auch, wo kann so eine Planung bei unserer Lützeburg verankert gehen? Wie kann sie verbindlich gemacht gehen? Inwieweit ist es sinnvoll, welchen Aspekt überhaupt verbindlich zu machen? Das ist auch eine Diskussion wert. Und aber vor allem, wie kann der Aufwand auch für Gemenge verringert gehen durch so eine integrierte Geringplanung? Voilà, da wären wir dann auch nur beim Workshop. Da haben wir 3 Fragen, also wir haben insgesamt 6 Gruppen, die haben auf ihrem Etikett vom NUM, also eine Ziffer drauf. Falls nicht, dann ist es schief gelaufen, die könnt bei mir nach Lunch kommen. Die 3 Gruppen werden die 6 Gruppen werden dieselbe Fragen behandeln. Ja, sehr. Also ich bin kurz für ranzukommen, was versteht ihr in einer integrierter kommunaler Geringplanung? Könnt ihr unterschiedlich führen, wie die Lohai 4 Brüsten?
wie kriegen da so eine kohärente Planung hin und da auf verschiedenen Niveauen. Du hast unterschiedliche Gruppen, es sind 2 Gruppen, die PAG-Werte schwatzen, 2 Gruppen, die Nouveau Quartier und 2 Gruppen, die Quartier existant Werte beschwatzen. Und du guck mal auch, was klappt heute schon, weil wir sind nicht just so für als Obzuregen, wir gucken noch, was das überhaupt schon gut, was das super, was kann ihn, worauf kann ihn aufbauen. Und dann aber auch, was wären nun noch optimal Voraussetzungen für Führung zu kommen. Und du auf unterschiedlichen Ebenen. Wer ein Donnerjäger gebraucht, wer ein Akteurige gebraucht, wie musst du mit denen zusammen schaffen? War das eventuell den juristische Kader, den gerade noch ausbauungsfähig wäre, wo sind du Hürden? Und dann zum Schluss, was sind 3 prioritäre Sachen, die lo müsste geschehen, für das man möglichst sehr das an Realität umsetzen.